Okay, so, da kommen wir auf den 6. Punkt von unserem Ordre du Jour. Da geht es um Frauen. Die erste Frage ist eine Frage von Herrn Benoit über die Carsharing. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester. Ja, es geht um die Carsharing an der Stadt. Carsharing, den dem Stadter Mobilitätsplan noch ein immens wichtige Notiz am Kader von dem Mobilität an der Stadt, den aber leider immer von einer Reihe Vertreter, notamment von der Majorität, auf vorgestellt wird. Und natürlich den zuletzt gemerkt am Kader von Diskussionen im Kapitalhaus von Carsharing Lützeburg, also dem Carlo SA, wo die Stadt Lützeburg den majoritären Aktionär ist. An dem Kontext gouf immer notamment auch von Vertreter von dem Schäferrot an den Raum gesagt, dass eine Fusion zwischen Carlo Carsharing Lützeburg SA, also dem Starter Carsharing, an dem Carsharing von der CRL Flex envisagieren. Ich will erlauben mir just an 2 Sätzen kurz die geringe Position dazu zu sagen. Für uns ist der Carsharing, so wie der Mobilitätsplan steht, immens wichtig. Und das Wichtigste, dass der Staat attraktiv zur Verfügung steht, was auch, wie gesagt, wichtig ist, wenn er seinen Mobilitätsplan seriös hält. Wir bemängeln in dem Kontext natürlich, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, dass die Kommunikation von Carsharing, vom Carlo an der Stadt nicht optimal ist. Das aber bei einem ganz guten Service. Wir haben die Kapitalaugmentationen auch immer unterstützt. En gros mengen wir, dass es von allem wichtig ist, dass man ein attraktiv Offer und Carsharing an der Stadt haben, also mindestens so gut wie bislo. Die muss aber eigentlich noch ausgebaut gehen. Velo do den Operateur als nebensächlich. Wir frohen uns aber ganz ernsthaft, ob der WD bislo angeschlossen ist, nicht weiterhin den optimalen ist. Aber du wissen, was wir haben, wenn wir doch vergleichen mit anderen Ausgaben, dann ist es auch so, dass es durchaus zu bezahlen ist. Also ich komme dann zu meinen Frohen. Und ich möchte gerne wissen, wie steht es aktuell um die finanzielle Situation von Carlo Carsharing Lützeburg SA? Mehr präzis, wie lange werden Sie es noch packen, ohne ein weiter Kapital Hoss. Was konkrete Marschen goufen an den letzten Monaten überholt, für die Offer von Carlo weiter zu verbessern, notamment en termes d'infrastruktur, Marketing oder Partenariate. Wie hat sich der Carlo allgemein an den letzten Jahren entwickelt, was die Utilisation, die Abonnenten und die Rentabilität angeht? Dann goufen es in letzter Zeit Diskussionen zwischen der CRL an der Stadt Lützeburg en vue von einer Kooperation oder einer Fusion. An welchem Stadion sind die Échangen lo, aber das daraus herauskommt, wenn das nicht der Fall wäre, war das nicht der Fall. Und dann bin ich froh, an das, weil ich eben immer als Majoritätsreihen kritisch heiert, deelt die meine Einschätzung, die aber auch am Mobilitätsplan steht, dass den Carsharing immens wichtig ist am Niveau von der Stadt, wenn seinen eigenen Mobilitätsplan an eine Multimodalentwicklung in Richtung von 51% öffentlichen Transport an Mobilität, wenn ihn das irgendwann ein Jahr will erreichen. Vielmals merci. Merci auch. Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boemeester, merci, Herr Benoit, für die Frage über den Zustand oder wo der Carlo an der Stadt Lützeburg heute steht. Für das erste Mal Carsharing bleibt ein wichtiger Bestandteil von der Mobilitätsschiene und noch von der Offer, wo wir froh sind, wenn wir die an der Stadt haben. Generell, was Carsharing angeht, und du hast auch nichts geändert par rapport zu dem, was der Mobilitätsplan von der Stadt Lützeburg steht. Zu den Fragen. 2025, laut Informationen, wo man von der SA Grotun wird Perzig 500.000 € das Jahr belaufen. Mit der Kapitalerhöhung, die wir gemacht haben, schätzen wir, dass wir bis plus ou moins 2028 kommen, falls sich in der Situation nicht ändern. Die hat aber verschiedene Zahlen gefragt über die letzten Jahre, und die gebe ich gerne einmal kurz gehen. 2018 hat Carlo oder Carsharing Lützeburg SA ein Pert von 565.000 € gemacht und hat an der Moyenne 580 Abonnenten. Und am ganzen Jahr sind 6.657 Trajets gemacht. 2019 473.000 Pert, 675 Abonnenten.
a 6.866 Tragéen, 2020 406.000 Perd, 710 Abonneen, 7.381 Tragéen, 21 411.000 Perd, 770 Abonneen, 8.750 Tragéen, 2022 528.000 Perd, 894 Abonneen, 10.006 Tragéen, 23 565.000 Perd, 1.005 Abonneen, 12.250 Tragéen, an 2024 520.000 Perd, 1.018 Abonneen an 12.488 Tragéen. Was können wir heraus lesen, dass die letzten 7 Jahre Perd immer so rundherum die 500.000 pro Jahr, dass der Bundeszahl sich von 580 auf 1000 alle 40% abgegangen ist, an Tragéen sich plus ou moins verdoppelt tun, was aber in dem Sinne kein Effekt positiv auf das Resultat kommerziell hat. Wir haben letztes Jahr, aber hauptsächlich auch dieses Jahr Reklam gemacht, sowohl am City, wie aber auch an verschiedenen sozialen Medien, wo wir Reklam gemacht haben. Wir noch während dem Autofestival mehr Reklam gemacht. Wir haben aber nicht durch die weitere Reklam mehr Abonnenten festgestellt. Wenn ihr guckt, also wir werden plus ou moins 12 Stellen und noch immer bei derselben Zahl sind, wobei natürlich auch muss so die Diskussionen, die wir letztes Jahr im Kader von der Kapitalerhebung gefordert haben, wird vielleicht auch den einen oder den anderen überlegen, wo will ich den Carsharing machen. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass den Taux d'Occupation von den Stationen oder von 2/3 von den Stationen bei einer 18 oder bei 18% liegt. Als Stadt Lützeburg haben wir schon eine Verantwortung, nicht nur Cherrypicking zu machen, nicht nur die Beststationen zu freieren, aber du geht doch darum, wenn wir als Stadt Lützeburg machen, dann können wir nicht so in die Karte kritte Carlo an den, oder den Auto Carsharing an den anderen nicht. Das erklärt dann auch, das wird da ist kostet. Das ist noch eine vorgestellt, ob wir mit CRL Mobility Flex, ob wir da Diskussionen, ob wir da Échangen haben. Ja, seit mehr wie 6 Monaten sind wir mit ihnen an Diskussionen, um zu gucken, was wir können machen, für die Offer, für den Konsument, für den Klient zu verbessern, für das noch mehr Stationen eventuell da sind, für zu gucken, was muss gemacht gehen, entweder nicht mit Flex, dass wir vielleicht an ein Modell bei Flex gehen, oder Carlo weiter die Richtung als Echter, dass wir gucken, dass alles über Flex gemacht wird. Da muss ich gucken, ob man das auch juristisch an all die Pläne hinkriegen. Die Diskussionen laufen, das sind an sich positive Diskussionen, was wichtig ist zu verhalten. Wir wollen, dass der Carsharing an der Stadt noch erfreiert wird und dass es für die Klienten noch mehr ein größer, ein besser Offer wird, mehr ein koordiniert Offer. An Lächwurt, ich meine, die wissen ganz genau, wie 2014 mit Karl umgegangen ist, wo immer Diskussion, da ist immer just Platz für einen Operateur am ganzen Land, pro Jahr drauf, als der Flex beikommt. Das wird natürlich schmatzig, sprich, dass wir 2 Operateuren haben, auch an der Stadt. Da muss man gucken, dass man das Beste für den Usager, für den benutzt, hinkriegen. Und darunter schaffen wir sowohl als Service, sowohl Carlo, wie auch der Chefrat. So nicht, merci. Immers merci. Und da kommen wir bei der nächsten Frage von Herrn Benoit über die Cité von der Sécurité Sociale. Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boemeester. Voilà, du hast schon gesagt, es geht um die Cité de la Sécurité Sociale, und notamment die BEM an die Grenze, an respektive den Mangel davon, Mündet Loreschenker gesehen, wie wir die Hützfeld letzte Woche hatten. Wie wichtig ist das, dass man an der Stadt genug Grenze an noch BEM für Schiert, an noch für Aufkühlung zu haben? Ich will aber die Frage oder die Frage an einem generellen Kontext gesagt, wo ich auch wollte paar Fragen stellen zu generellen Mesuren, was Klimaschutz und Klimaadaptation angeht, und das an unserem PAP respektive an unserem Reglement debattis. Ich komme aber zurück bei den PAP Cité de la Sécurité Sociale, aber wenn sich die visuellen respektive der Schemadirekteur davon angeguckt hat,
dann huet ihr gesehen, dass notamment auf der Seite von der Holrischer Straße do Grings angezeschend war. Realität haut also auf dem ganz breden Trottoir, den es zur Seite von der Holrischer Straße hört, ob ungefähr 1000 Meter Carré kein einzig Grings ass, und das mir schon ein paar Mal aufgefallen, aber ein ganz viele Leute, die, wenn sie dort tröppeln, das wirklich komisch fanden, weil auf einem Plan gesagt, zwar außen nur einem Trottoir, aber wenn ihn da steht, dann ist es wirklich ein großes Surface, die total versiegelt ist. Dafür mich frohen, wissen gerade auch die Wichtigkeit von etwas wären, für was als auf der Seite von der Holrischer Straße do überhaupt kein Baum oder Grings do auf so einer größeren Surface geplant gehen, wissen eben, dass das auf den Kommunikationsvisuellen und auch beim Schemadirekteur von dem PHP aber so angezeichnet waren, schon an der Annex von der Folie auch die Fotos hier gemacht, einerseits von dem PAG und andererseits auch von einem Chantiersplan, den du aushängst, wo ihn Grings drauf gesehen hat, und kann ihn das notwendig noch besseren. Wissen, dass das Projekt noch nicht komplett exekutiert ist, war das so für konkreten Gring-Surfacen vier gesehen, an Weget an allgemeinen abgepasst, dass von mir am Gemeinderat bestimmen oder darüber diskutieren, dass dann noch tatsächlich noch an der Exekution auch so umgesetzt wird, wie auf der Plan, die mir stimmen. Dann wollte ich aber auf den anderen Wollen zurückkommen, den ich auch schon ein paar Mal thematisiert habe. 20 Jahre froh mir, dass das Reglement des Bâtiments wie auch andere Texte angepasst gehen, für das die Bürger nach mehr einfach können Klimaschutz- und Klimaadaptationsmesuren umsetzen. Da geht es dann darum, dass die Leute können Photovoltaik installieren, dass sie können Wärmepumpen installieren, dass sie überall können eine Isolation machen, dass sie einfach können eine Begrengung von der Fassade machen. Und das ist nun mal leider eine Realität, dass das nicht an alle guten Sektoren an der Stadt haut einfach möglich ist. Also das hat man schon seit Jahren bemängeln, und ich wollte fragen, wie nie, dass der Schafferrot endlich viel gesagt den Text überschafft, als zu präsentieren, wo man schon lange versprach, krut. Ich kann mir denken, dass Reglo 100 der Idee, die ich auch begrüße, vom nationalen Baureglement verstoppen will. Gleichzeitig so nicht, aber auch, wir haben an den heute froh nicht Zeit für ewig zu werden, bis heute aus das Gesetz für ein nationales Baureglement noch nicht deposiert, loin de là, dass es durch die ganzen Millen von der Chambre gelaufen wäre. Und wir sind der Meinung, dass man nicht so lange können werden, mit das auch Texte von der Stadt für die Bürger und Bürgerinnen von der Stadt müssen so angepasst sind, dass ich für ihn heute schon kann, eine Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe und eine Isolation machen. Vielmals merci. Merci auch. Herr Benoit, ich habe auch da einen Abhängen gelost auf dem dritten Panel, den PHP eben just von der Cité judiciaire. Pardon, von der Sécurité, ja, die Weißen mit dem Orangen. Voilà. Das ist den PHP, so wie wir ihn hier geholt haben. Und ihr seht, dass hier an der Mitte als effektiv hier gesehen ein groß Gringfläche. Ihr seht doch vielleicht, davon hat er noch nicht geschwärzt, aber an der Rue du Commerce, da sind auch Streifen angezeichnet Gringer, und da soll eben auch begrenzt gehen. Die hat für allem Lob von der Holrischer Straße geschwärzt, und da hat er recht. Die Trottoire sind riesig, die sind riesig. Die Trottoire sind ganz generös, die sind ganz breit, aber effektiv ohne Grings. Und ihr wisst, dass immer das Problem kann sein, dass eben Infrastrukturen innen drinnen liegen. Mehr, und ich meine, heute Knödler als ein gutes Beispiel von all die Bäumen, die wir gucken, die andere Seite, die sind an einem, wie soll man es nennen, an einem Küb dran, und die sind ganz schön groß gehen. Das heißt, ich fand auch, dass wir sollten gucken, wie man auf dem Trottoir, weil da waren die Pläne, die man da dran gelöst hat, schon so gut, das waren aber nicht zwei, ja. Das war wirklich bald nicht. Also, ich meine, die kriegen wir dort sicher hin, aber eben auf eine andere Art und Weise, weil natürlich, wir wollen alle Goren so überall da, wo es nicht mehr möglich ist, dass Bämsen für eben an Zeiten, wo eben es mir warm geht, für eben da die Schild zu haben, die einfach leben, so viel mehr
agréabel man. Wir haben dafür auch letztes Jahr ein Begrünungskonzept an Auftrag gehen bei Zeien Baumann, wo wir an den nächsten Tag werden die erste Analyse werden gewisse kriegen, wo für dich gemerkt geguckt wird, wo können den, wo brauche den nach vielleicht mehr wie kann ich nicht machen. Es braucht allerdings auch, und es braucht natürlich auch Plätze, wo Leute sich können, wenn ich so beginnen, wo Leute können zusammenkommen, muss ich da in den 20. Juni erinnern, wo am Anfang der Knödler die einzige Platz war, wo in an der Stadt kommt, eben die Leute zusammenholen, die eben auch einem demokratischen Recht Ausdruck gehen haben. Dafür, ja, es braucht an überall, wo man es nehmen können, wo man kann machen, soll ihn das machen. Aber auch, wie gesagt, nicht aus dem A verlieren, dass wir auch nach Platz brauchen, wo man kann sich zu mehr begegnen. Und du hast heute Knödler die einzige Platz von der Größe, die wir hier an der Stadt haben. Die hat schon selber, also der Rue du Commerce, da werden wir nach, das ist die Irrwichtstraße, da als angezeichnet, dann da werden wir nach hinten kommen, weil die hat recht, die ganze PHP ist ja noch nicht realisiert. Zum Beispiel das Gebäude wird so aus Metall aus, das wird aufgerappt gehen, aber neu verwandt gehen zu Bohnenweg neben der Bananenfabrik. Da können ein Gebäude, wo das Gebäude wird da aufgerappt wird, soll da hinkommen. Und sie haben sich entschieden, und das ist aber ökologisch wirklich wäre das die bessere Lösung, den Parking, den innen drin ist, einfach zu halten und nicht neu nach auszubauen und nach oprappen und nach groß. Mehr dafür ist dann aber auch d'Entrée von dem Parking an der Hollerischer Straße. Ja, wenn in den ernst gemerkt hat, dann d'Entrée ein ganz neues Parking mit Entrée oben an der Rue du Commerce, dann hätte in den Platz können ernst das organisieren, mit dem Fett, dass der geblieben ist und nicht muss neu ausgebuddelt gehen, war aber von allen Seiten als die beste ökologische Lösung fand gehen. Dafür, wir werden weiter dran bleiben. Ja, das Reglement sur les bâtisses, ja, die hat selber einerseits Stanford gehen. Wir waren nämlich ganz aktiv, wirklich emsig aktiv für ein Reglement sur les bâtisses zu adaptieren und neuen Forderungen an, wie du aber kommst, dass es soll eine nationale gehen. Da schaffen wir zwar am Interieur ganz aktiv mit, für den zu gestalten, und das liegt gesot, wir machen nee für das ganze Land, und dann sieht Verein, wie es ist und so. Das ist aber nun einmal nicht so einfach, weil Situationen sind nun einmal aber ernst, das oft an einer Stadt wie unser, wo ein Drittel von den Gebäuden geschützt ist, wo wir eben die Attraktivität tun, die uns einerseits viel bringt, aber auf die andererseits auch viel Defien mit sich bringt. Wir hoffen, dass aber da weiter drin geschafft wird, aber dass Lesungen dabei rauskommen, die, wie gesagt, immer am nämlichen Interesse für uns Staat lebenswert zu halten und für eben ökologisch Manieren zu avantagieren. Begringung von den Fassaden, also da ist aber wirklich keine Menge Limit gesagt, außer will das setzen auf den öffentlichen Terrain. Das geht natürlich nicht. Ich weiß nicht, ich würde nicht einfach bei mich anhängen. Da weiß ich nicht, wie die Begringung von einer ganzen Fassade, wie das schnell geht. Mit nur 4 kann ich das nicht, weil du wären Boden, du wären auf dem öffentlichen Terrain. Also wir schaffen drin, wir wissen, dass die neuen Technologien bringen viel Gutes mit sich, aber sie bringen noch eins da, merci vielmals, sie bringen auch eins da, negative Konsequenzen für die Nopra mit sich. Siehe Comedy. Dafür. Wir schaffen weiter drin, aber wir werden an dem Sinne noch weitermachen. Merci. Ja.
Merci, Madame Paul, verschlossen ich kurz. Also schön Invitation bei euch auf Terras ganz gern un. Ich wollte mir aber erlauben, just nach 2 Rückfragen zu stellen. Also ich fand das schon eine Antwort, die mich natürlich immens zufriedenstellt, also ob der Platz wird nur Besserungen machen. Ich bin froh trotzdem, für was ist das dann nicht so umgesetzt gehen, dem Moment, wie der Plan war, weil natürlich waren da nicht 2 kleine BM angezeichnet, aber sie sind aber de facto nicht gebaut gehen, nicht geplant gehen, für was. Aber wegen garantiert oder wie garantiert dir als Chefrot Respekt, voilà, das aber die Sachen, die mir heute stimmen, noch teilweise umgesetzt gehen. Bon, und das mir aber bei Ihrer Antwort noch nicht so klar gehen. Nee, entschuldigt. Du hast gesagt, die 2 BM. Wir gucken, dass die da hinkommen. Ah, okay. Ah, ja. Okay, das war mir nicht so klar. Dafür habe ich von der Backe geschwärmt. Okay, genau, okay, das ist voilà. Und dann hat eigentlich auch bei meiner Lehrstoffrau schon gesagt, es dauert ein bisschen, und das ist so genau das Argument, was wir so. Das nationale Baureglement dauert dann zu lang. Die im Moment keine Wärmepumpen können installieren, es gibt Leute, die können keine Photovoltaikanlagen installieren. Und das ist ein Problem, weil bis das dritte Gesetz in Kraft tritt, Madame Pulver fertig vergehen pro Jahr. Und ich fand, wir sind der Meinung, dass wir so lange nicht werden können. Aber en attendant, Herr Benoit, garantieren ich, dass Leute nicht müssen werden, bis wir die nationale Reglement sur les bâtisses haben, für das sie können eine Wärmepumpe bei sich installieren. Das machen wir los schon all da. Okay, das ist richtig, aber da gibt es eine Reihe Leute, die kriegen das nicht, die können das nicht Da machen. sind andere Probleme da, aber Wärmepumpen, die avantagieren wir überall. Wir gucken überall, besonders ist das natürlich mehr einfach an neue Gebäude, für das die können mit angebaut gehen. Heinz du an allen Gebäuden, wo nicht viel Abstand zu dem Nachbar ist, du bringt das dann heinz du effektiv mehr schwere Situationen mit sich. Also Service d'Urbanisme und als Police des Bâtisses schaffen aber da ganz genau an dem Sinn für den Leute, die wollen den Erfolg machen, für ihnen das zu erleben. So, da kommen wir bei der nächsten Frage von der Madame Brümmel über das Deménagement von der Schule Kirchbirch. Madame Brümmel. Merci vielmals für das Wort. Am letzten Gemeinderat als Debat über die Schulorganisation vom Schulchefen mit Fred annonciert ging, dass für die Rentrée den 15. September der Erweiterungs- und Renovationsarbeiten an der Schule Kirm und Kirchbirch aufgeschlossen wären. Da hatte du ja schon einen kleinen Retard von einem Jahr. Und für die Rentrée sollen dann Klassen, die sind in der Zeit schon am Container, die andere Seite vom Schulsitz vom Boulevard Pierre Frieden endlich an das neue Gebäude rüberplündern. An diesem Gebäude werden dann auch Kanner vom Prekos aus dem Gebäude Rue Noppenheim sind. An anderen Klassen gehen dann zurück an das Gebäude Noppenheim. Klingt ein bisschen wie Les Chaises Musicales oder die Reise nach Jerusalem, wo eben viel Kanner Klasse betraf sind, die geplündert mussten gehen. Die Enseignants stellen aber besorgt fest, dass die Arbeiten im Gebäude noch immer nicht aufgeschlossen sind, also sie fertig, dass nicht mal Zeit fertig gehen. Und das ging dann ihrer Meinung nur bedeuten, dass sie schon Kosten gingen packen, an die Kosten vielleicht zur Rentrée am allen Klassensaal auspacken müssten, wann das Gebäude eben nicht fertig oder nicht aufgeholt ist, und du, wenn es dann nicht geplündert gehen. Auch ging es den Moment zu einem Mangel von Klassensaal kommen. Du willst erlauben nicht mehr, die heute Fragen zu stellen, wo genau sind Arbeiten von der Schule Kirchbirch zu diesem Anblick drin? Was sind Ursachen für eventuelle Retarden bei den geplanten Arbeiten? Könnt ihr als ein Datum nennen? Also ist für einen auch den Leuten an der Schule, wenn die Schulgebäude Kirchbirch vollständig in Betrieb geholt wird gehen, dann kann ihn garantieren, dass Arbeiten all zu einer Zeit fertig sind, für das ein Deménagement von allen Klassen nach führender Sommervakanz den 15.07. stattfinden kann. Gouf eventuell Plan B ausgeschafft für den Fall, wo das Gebäude oder Teile vom Gebäude nicht Bezug können gehen. Also was ging nur diesem Plan B dann geschehen, an das Schulpersonal über so einen Plan informiert? Und wie hat will es, Lehrpersonal darüber zu informieren, wie wenig
Plänneraktion von der solchen Klassen dann 4 zu bereden ist. So, ich muss merci für Ihr Antworten. Herr Gallis. Ja, merci Madame Boyer-Mischter, merci Madame Brümmel für die Frage. Sie ist mir nicht neu, weil tatsächlich auch schon das Schulkomitee sich bei uns gemeldet hat, für genau die dort Fragen zu stellen, was sich schon gut versteht, ne, weil sie direkt betrifft. Wir hatten noch einen Austausch schon mit den Eltern, auch von der Schule. Es geht ja um die Extension, die gebaut wird, die lo ein halbes Jahr plus oder minus Retard hat zu dem, was wir eigentlich ursprünglich geplant hatten. Der Grund von der Verspätung, das ist den wir leider oft tun auf größere Chantier, weil das ist wirklich ein großes Chantier, wo vieles muss bei ihnen laufen, viel Corps de Métier, Deelholen, natürlich auch dann der ganze Chantier muss aufgeholt werden, muss sicher sein, muss also bereit sein an ganz vielen Hinsichten. Und der Grund dafür, dass es hier mich spät gehen als den, den wir immer empfangen, nämlich dass entweder da bestimmt sehr genug Viergegangen sind und nicht so viel sehr Viergegangen sind, wie es eigentlich gesucht gewesen, das Material nicht so sehr herbeikommen ist, wie es eigentlich erwartet gewesen, oder dass auch Passation de Commande nicht so sehr passieren konnte, wie sie eigentlich geplant war. Das sind eigentlich bald schon leider auch normal drin, wir treffen sie immer un. Und das hier eben noch am derselben Fall, also nicht dramatisch, nicht passiert, wie auf andere Plätze mit anderen Chantien. Du da war recht froh zu stellen, weil man natürlich einige Chancen an der 15. September, und die ist wichtig. Und ich hatte doch an der Schulorganisation auch so gesagt, und ich freue mich immer nach, ich meine, die Friedrich Madame, wir freuen uns alle gut, dass die Extension da endlich kann abgehen. Da sind wir als alle guten eins, es ist gut, dass die abgeht und dass wir dann eben noch tatsächlich können Klassen regeln und noch an die Saal bringen, an diese eigentlich am besten gehören, dafür, dass wir da die Reise nach Jerusalem genannt wird, also ein bisschen, aber trotzdem, du gibt den Mehrwert, nämlich, dass die Klassen aus der Noppene, die Präkosklasse sind, da wirklich an extra frei Präkos konzipiert Saal können rübergehen an neben der Extension, wo sie dann noch an einer Kohabitation mit dem Foyer skolär können leben. Das ist also schon der Mehrwert, den wir haben. Das ist nicht einfach nur ein Gereckelt, weil wir das flott fanden, weil das nicht nicht gehen. Mir geht fest vom 15. September davon aus, dass das abgeht, weil wir auf alle Niveauen, die wir haben, die wir auch als Möglichkeiten haben, als Politik als dafür fest stark gemacht. Also als Servicearchitekt schafft auch du wirklich mit Notdruck drin, dass das passieren an mir gehe fest davon aus, dass der 15. September Klasse können an die dote Schultern an Extension plündern. Du hast mich gefragt, wo am Mann da bestimmt sehen, natürlich du sind also Lehrpersonal hat zu Recht festgestellt, du sind ein paar Sachen, denen geschafft wird. Am Mann zum Beispiel geht und die Feierdieren geschafft, das heißt, dass sie relativ massiv Dieren, die noch eine ganz spezifische Struktur an die mussten dann noch eine Verlustkontrolle dann aufgeholt gehen. Das heißt, die Feierdiere sind am Mann gerade den Hauptpunkt, den am Mann installiert wird und dem geschafft wird. Und dafür sind wir auch da am Dialog mit Glückskontrolle, das ist das einen externen Partner, mit dem wir dann noch mussten die Arbeiten aufklären und noch eine Martinen ihre Kalender gucken, dass das alles schön bei nähen können und dass sie also auch die Arbeiten können aufholen. Wir hatten den Enseignant, also dem Komitee d'école, auch schon angekündigt, dass es für den 15. Juli nicht durchgeht. Das wissen Sie auch. Das heißt, unsere Message vis-à-vis war, dass eben Anfang September geplündert gehen. Das heißt, die 2 Wochen von Anfang September bis dann Mitte September, wenn es schon abgeht, das sind dann die Zeiten, wo geplündert gehen. Das ist sicherlich nur nicht für alle Menschen ideal, mit der eben nur die Lesung, die sich rausschult. Das schielt das eben keinem seine Schuld direkt. Wir probieren da pragmatisch, praktisch zu lesen, dass sie eben während den 2 Wochen können plündern. Wie gesagt, wir bleiben da klar drin. Es gibt an dem Sinn kein Plan B, weil wir fast davon ausgehen, dass das so ist. Und wir machen alles möglich, auch dann unter den Konditionen, die dann da sind, der 15. September, wie das Klassen da können funktionieren. Und alles nicht fällt in der Kategorie irgendetwas, wo man ein Imprévu, das kann ja an allen Schulen kann man etwas passieren. Da muss immer ein Plan B an dem Moment darauf handeln. Da haben wir keinen Grund, den Plan B auszuschaffen, weil wir fix davon ausgehen, dass es für den 15. September das klappt. Das heißt, an dem Moment, wenn etwas G4 kommen, was K4 gesagt, was überall kann 4 kommen, das ist nicht nur spezifisch, wir in alle Schulen können 4 kommen, dass irgendein katastrophal Sache dazwischen könnt, da muss an dem Moment einfach einen Notfallplan aufstellen. Das geht man an dem Moment da machen. Wir gehen immer wirklich davon aus, dass der 15. September dann das Gebäude abgeht. Voilà, merci für die Frage und ich hoffe, dass die Antwort hilft. Genau. Merci. Weil wir haben ihnen gesagt, es muss sein. Ja. Muss. So, dann die letzte Frage für heute, eine Frage von der Madame Müller.
Madame Müller. Ja. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Die Höchsttemperaturen, die wir verschiedentlich an der letzten Woche hatten, sind für die meisten schon schwer zu erdrohen. Aber umso mehr von den Leuten, die kein Dach über dem Kopf haben. Für diese Menschen sind die Höchsttemperaturen oft lebensbedrohlich. Die meisten Mesuren für den obdachlosen Menschen zu helfen, gehen während dem Winter gemacht. Aber die Höchsttemperaturen sind genauso gefährlich wie die Kälte, wenn nicht so gut mehr gefährlich. Es ist gewusst, dass 5 bis 10 Mal mehr obdachlose Menschen der Gefahr ausgesetzt sind, und den hohen Temperaturen zu sterben, wie der Rest der Population. Zu Paris und zu Montreal ist das Phänomen klar zu erkennen. Die starke Sonneneinstrahlung möchte, dass die Körperkerntemperatur über 40 Grad klimmt. Das fördert grave Gehirnschäden, erfährt bis zum Tod. Die chronischen Krankheiten, die eine große Majorität von den Sans-Abrien abweisen, gehen durch die große Hitze verschlimmert. Die Hitze verschlimmert dann Zufriedenheit, Denken, erfährt zu Schlafproblemen. Krankheitsbilder von obdachlosen Personen, die sowieso schon große psychologische Schwierigkeiten haben, verschlimmern sich dadurch, dass sie sich nicht vor der Hitze schützen können. Ich stehe in der Stadt Lützeburg merci, dass sie für uns 2 Jahre am Abrigado eine Klimaanlage installiert hat und das seit dem 2. Juli diesem Jahr Grund vierum Abrigado installiert ging, so dass die Klienten vom Abrigado sich auch, ehe die Struktur abgeht, sich können aufkühlen. Konformément zum Artikel 9 vom Gemengerot habe ich nach folgenden Fragen. Erstens, gesagt Stadt Lützeburg zusammen mit seinen Sozialpartnern Terrain eine provisorische Möglichkeit für Sans-Abrien akklimatisierte Räume 24 Stunden auf 24 abzuholen. Zweite Frage, gibt es eine Prise en charge für Menschen, die nicht an so einer Struktur gehen? Dritte Frage, sind es Agents municipaux, die an den Straßen zirkulieren, vis-à-vis von so Situationen formiert gehen? Können sie als Ersthelfer oder First Responder intervenieren? Vierte Frage, wäre es möglich, dass die Agents municipaux, die Streetworker, bei der Wasserverteilung eine Hand geben, uppacken? Am letzten Frage, gesagt Stadt Lützeburg eine Infokampagne für, dass Städter Anwohner sensibilisiert gehen, was die große Hitze kann bei den obdachlosen Personen auslesen. So nicht merci. Merci auch, Madame Kahn. Ja, vielmals merci auch, Madame Müller, für die Frage. Allerdings muss ich aber so, ich weiß ja, wie engagiert, da sieht nicht nur heim, aber auch draußen an einer Assoziation, die noch relativ jung ist, das nicht, weil ihr etwas mir oft seht, dass da mir woher geht. Und ich hatte letztes schon auf das Frage geantwortet. Und ich hatte doch schon gesagt, dass wir 50 Fontänen haben, dass wir mehr Streetworker an die Straße schicken, dass wir gucken, dass wir die Leute sensibilisieren, weil wir haben Plätze, wo sie nach da können gehen. Die haben vom Abrigado geschwärzt, klimatisiert, das geht auch nach dem Parachute, es geht auch nach dem Bistro Sozial, den Café Courage und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele Strukturen. Nichtsdestotrotz sind die Leute, die an der Straße sind, die wollen nicht immer an diese Strukturen gehen. Und das hat der Orlo ganz richtig gesagt. Und dafür kann ich just wiederholen, weil ich letztes Jahr auch schon gesagt habe, nämlich, dass wir 50 Points haben, wir haben noch hier Knödlein abgerichtet. Den ist für jeden Verein auch für die Leute, die Kinder über dem Kap haben, auch für die anderen, weil wenn es so warm ist, dann haben wir natürlich den Plan Canicule, den sind 2003 en place, das heißt bei der Stadt Lützeburg, die konzerniert sowohl Sans-Abrien wie auch die Elerleute. Lo, was neu war an der Frage par rapport zur letzten Kehr, das war die Frage von den Agents municipaux, und dafür ging ich gerne kurz aber darüber angehen. Bei den Agents municipaux ist es so, dass sie eine Formation gemacht haben von Gestes de Premier Secours. Das heißt, wenn es nicht gut geht, da können sie doch schon reagieren. Allerdings sind sie aber nicht First Responder, weil sie können die Missionen gar nicht bewerkstelligen,
aus verschiedene Gründen. Erstens mal haben sie das nötige Material dafür nicht dabei, das können sie nicht durch den Matsch schläfen. Zweitens braucht man natürlich auch die Agents municipaux, für zum Beispiel Kanner über die Straße zu lassen, wenn Schule un- oder ausgeht. Das ist uns auch ganz wichtig. Aber sie sind aber formiert, sie können auch Premier Secours leisten. Das ist an all Formationen bei den Agents municipaux dabei. Das heißt, sie können da echt Hilfe leisten. Aber wenn mich schlimmer ist, können sie natürlich auch direkt an Secours dann rufen, für dass die dann Hilfe kommen. Das ist so, dass Funktionäre soutenieren an Hilfen, wo das gebraucht wird. Das heißt, für Robert Froh zu antworten, das gilt auch für die Leute vom Service Parking, weil die Agents municipaux sind natürlich Leute vom Service Parking, und die sind natürlich dafür zu helfen, wann mal Streetworker sie brauchen, wann sie gesehen, dass vielleicht eine Person noch nicht repariert ging, als für dann die Streetworker auch Bescheid zu sagen. Ich meine, das ist ja ganz. Wir schwätzen ja auch alle mit denen. Wenn es nicht gut geht oder wenn ihr gesagt dass ihr Probleme hat, dann muss ich natürlich dadurch dem anderen mitteilen, für dass so gut wie möglich kann helfen. Und da sind ganz sicher die Agents municipaux noch ein Teil von der ganzen Kette, weil sie eben noch viele NRW sind, weil sie auch vieles gesehen. Das ist auch so, dass eng Lücht mit den Fontänen, mit der Lokalisation von all den Fontänen, wo ein Trinkwasser kann kriegen, sie wissen doch Bescheid. Das heißt, sie können auch die Sans-Abri sagen, wo die sind, all die Fontänen. Und dann proposieren dann nach eine Kommunikationskampagne zu machen, so wie der Dadlo gefragt hat. Das gucken wir mal bei diesem Kommunikationsservice, wo es darum geht, dass die Vereine noch gewusst geht, wo die Fontänen sind. Weil wir haben da viel, das ganz stark, ein bisschen überall, wie gesagt, 300 Jahre sein, mit sind aber auch auf ganz vielen anderen Plätzen. Da proposieren, dass wir das nach einer mit groß kommunizieren, dass die Kommunikation noch bei jedem Verein auch könnt. Wie gesagt, wir haben aber auch die an Neutschalteren, mehr erfahrungsgemäß, und das ist so gut wie ich, will auch nicht jeden Verein vielleicht nicht direkt die Hilfe unholen oder nie die Hilfe unholen. Aber dafür sind aber die Streetworker da, nicht nur wenn es warm ist und nicht nur wenn es kalt ist, aber auch wenn es warm oder kalt ist. Ganz Jahr über für zu gucken, erstens mal, ob die Leute soziale Rechte haben, als Neutschalterin, da guckt die Interaktion, wissen, dass wir das nicht gucken, aber wir wollen ein Ziel, das die Leute aus der Straße zu kriegen, und schon Konventionen erschrieben, dass wir kein Sans-Abrisme mehr wollen, und wir wollen auch wirklich kein Sans-Abrisme, aber wir wissen aber auch, Madame Müller, dass das Problem mehr kompliziert ist, wie just Theorie, wo ihr seht, es gibt in einem Logement, man muss auch noch hingehen, und das heißt, ein ganz lang an ein ganz tiefgründige Arbeit, weil ganz viele Leute sind, die nicht nur Addiktionen haben, das muss ich, wenn in Housing First kriegt, muss ich die ja mal nicht auflehnen. Es sind noch ganz viele Leute, die zum Beispiel klaustrophob sind, die psychiatrische Probleme haben. Und da ist einfach eine lange Arbeit nötig. Und ich weiß das aus Erfahrung, bis das in vielleicht so weit kriegt, für eine Hölle runterzuholen und dann eventuell auch ein Kehr an den Schalter zu gehen, an etwas Minohaltisches bis zu einem Housing First. Und da schaffen wir aber alle zusammen drin und schmengen, dass man durch zusammen muss weiter dran schaffen, weil es werden immer Leute gehen, denen es nicht gut geht. Psychologisch, psychiatrisch oder auch gesundheitlich. Und da sollte man alle zusammen gucken, dass wir ihnen helfen. Vielmals merci. Merci vielmals. Und wir kommen dann auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, Zirkulation. Und da ging es direkt an Patrick Goldschmidt Wort gehen, weil das die letzte Karriere so gefallen wird, dass dann Herr Goldschmidt für dich erklären. Voilà, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boemeister. Ich gebe dann als erstes aufhängen, mit dem, weil wir heute 7. sind, an heute als Mesure vom Konzept d'Apaisement an 3 Quartier in Merel, Hollerisch und Lampersberg en Platz gesetzt, sind an verschiedene Punkten direkt am Anfang gesoen und dann nur noch auf die Detailpunkten kommen, weil sie eben heute an der Mesure de Circulation sind. Wie gesagt, heute ist den ersten Tag, aber das auch bei den anderen Mesuren an der Vergangenheit, wo man immer festgestellt muss, den Usager mal Chance geben, sich umzustellen. Das braucht also seine Zeit. Und dafür auch bewusst den Termin vom 7. Juli, just für der großen Vakanz, Gesicht nach Purdech für eher die Lyceen abhalten, mit dann aber noch 8 Wochen quasi Zeit, wo die Leute sich können gewinnen. Alle Mesuren, wo man den 3 Quartier gemacht hat, sie sowohl an der Quartiersversammlung präsentiert, gehen wir auch an die jeweilige Quartier mit Flyern sind Leute informiert gehen. Reglementarisch als heute Morgen alles Terrain umgesetzt gehen,
mit der entsprechenden Signalisation, sowohl die horizontal wie auch die vertikal. Berliner Kissen, weil da extrem viel sind en cours für Gesetze gehen, sowohl Voirie mit ihrem Entrepreneur, mit dem sie schaffen, können umgesetzt die paar Disponibilitäten vom Entrepreneur an den Zeitfenstern, wo die Servicezirkulation ihnen zugesteht. Police de la Route an der Kartien als genau informiert gehen über all die Mesuren, die wir umsetzen, also am Vorfeld. Dasselbe auch beim CGDs, für das auch den 112, von ihrem Routing-System all die neue oder all die Mesuren können umsetzen, für das ihre Fahrer so schnell wie möglich da, wenn sie Grufki können, hinkommen. Weil ihr schon an den letzten Wochen respektive Main gesagt tun als Zirkulation die ganze Zeit Terrain für den Suivi zu machen, das Ganze als eine Testperiode, wo wir auch Recensement machen, für dann zu gucken, ob all die Mesuren, wie wir an der Theorie mengen, dass sie gut wären, ob die auch gut sind, respektive oder ob man sie müssen teilweise umdressieren. Internet sieht von der Stadt Lützeburg finden noch all die Informationen. Mir wird ganz wichtig, es gibt eine E-Mail-Adresse circulation@vdl.lu, wo Bürger, die Leute können sowohl hier frohen respektive Suggestionen rangehen. Wir wollen etwas dringend, dass an meinem E-Mail geht es nicht schnell genug, können Sie auch rufen um 47 96 23 10. Für mich wichtig, das zu sagen, weil natürlich, wie ich gesagt habe, wenn man das umsetzt, den ersten Tag, bringt das wahrscheinlich noch zusätzliche Chaos. Aber für das dir, wenn der Ugeschwert geht darüber, so, wir sind hier in einer Testphase, wir gucken die Mesuren, wir mengen, das gibt Kartien, beruhigen Männer Transitverkehr. Aber nachher muss man da gucken, ob das an der Realität so ist und ob man gegebenenfalls müssen die eine oder die andere Adaptation machen. Zu den präzisen Mesuren gebe ich bei den Mesuren Proposition definitiv am 30a 2025 13 kurz so, da geht es Modifikationen vom Gemengereglement, was verschiedene Dispositionen angeht. Das sind hauptsächlich Generalitäten am Verkehrsreglement, die wir aufpassen, Sachen, die wir über die letzten 10 Jahre, weil leider es geschrieben haben oder de Monte gemacht haben, wo wir dann, wie wir geantwortet haben, die aber noch nicht am Reglement dabei waren, wie zum Beispiel Konditionen, wenn ich eine Vignette kriegt residentiell, respektive wenn ich nicht, wenn ich kann an eng so Pieton rafuhren, da sind über all die Jahren aber viel de Monte kommen. Und das ist an dem dort Reglement, wo in all Detailer dran hört, wo in das kann gucken gehen, ob wie zum Beispiel, dass ein Post darf an eng so Pieton zu jeder Zeit rafuhren oder dass bei einer Optik will, wenn bei einer Optik will gehen, wen du der rafuhren oder nicht. Das ist an dem Reglement einfach über die letzten Jahre einfach präzis geschrieben. Da kann ich genau gucken gehen, wen eng Vignette residentiell, professionell an welchen Konditionen zu gut wird. Am 30a 2025 11 haben wir Adaptationen, was Rue des Held, an der Mameranus und an der Schwall la Croix geholt. Wir haben hier eine Busarree geregelt an Rue des Held, und das eben für die Sicherheit von den Fußgängern an der Rue Mameranus. Und dafür ist die Adaptation auch am Kader vom Schülerbus für den Schülerbus neides. Ein anderer wichtiger Punkt, das bei der Mesure provisoire, das oder temporär, den 30E 2025 3-31, das am Val de Ham, das Chantiers Erbechte von Pont et Chaussee für den Velo-Chantier von der Zenzaga bis Rovan Polfamilien bei den Restaurants für die Liaison mit dem PCN zu machen. Und dann haben wir auch noch das Reaménagement vom Parking bei der Tankstelle vis-à-vis. Und haben wir auch noch da bestehen, weil da von Pont et Chaussee auch noch soll Radar hinkommen. Und dann noch zuletzt den 30E 2025 3-39, das ist an der Rue des Glacis. Du hast noch kein Akkord von den staatlichen Instanzen, sodass wir da noch nicht können die Berliner Kissen machen. Dafür sind ja noch kein da bei der Mesure d'Apaisement. Aber sobald wir den Akkord haben, wird das auch umgesetzt gehen. Das sind am Ende die Hauptmesuren, wie man sie, wo man meint, dass die wichtig wären, hier zu erwähnen. So nicht, merci. Merci vielmals. Und ich frage dann, wen du zu Wort ergreifen, den Herr Benoit. Madame Gasch.
Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boymestro, vielmals merci dem Herr Goldschmidt für die alliden Expositionen. Ich habe effektiv so no gefragt, was das Dokument mit den Reglementer, notamment über so ein Pietonne, was das da genau abzuschürt. Dafür merci für die Explikationen. En gros, es dann einfach geht darum, dass man das festhalten, wie es sowieso an der Praxis funktioniert. Das habe ich Beispiel gewesen, du hättest natürlich doch an der Kommission kurz können vorstellen, weil du aber vom Text her etwas Größeres Asme. Wir vertrauen nicht aber nur, dass das so umgesetzt wird, wie wir das der Praxis kennen. Und da können wir auch damit leben. Ich hätte nach eng präzis froh, es sind ein paar Dispositionen rund um Schurbefauer dran, da das, wenn da so ein paar Explikationen könnt dazu gehen, worum es da genau geht, weil wir ja eigentlich die Dispositionen alle guten schon hier hatten. Dann ja, wir haben noch konstatiert, dass heute Morgen die Mesuren en place gesagt gehen. Und ich hatte ja schon ein Feedback von meiner Fraktion gesagt, par rapport zu Hollerisch und auch par rapport zu Merel, wo man ganz sicher nach einem Tick mehr weit hätte können gehen. Wir haben aber wirklich gut echt Aussatz anerkennen. Und da fanden wir doch gut, dass das an einer Testphase so umgesetzt ging, dass wir doch proposiert konnten. Und wir sind wirklich gespannt darüber, was für Erfahrungswerte daraus gelehrt gehen und denken, dass in der nur nach ein Schub kann lehnen, für das wirklich einen Impact für Verkehrsberuhigung wird gehen, für das wir Ziele vom Mobilitätsplan umgesetzt kriegen, für mehr Velo- und Fußgänger Deplacement auch zu haben, wo an diesen Jahren wirklich noch ganz viel Potenzial ist. Heute im Ordre du Jour haben wir ja aber vor allem den Lampersbierg auch, und da muss ich so gerade par rapport zu den Propositionen, die wir hier schon gestimmt haben, zu Hollerischer Meere, man doch aber ein bisschen enttäuschend sind, weil, wenn man sich den Lampersbierg anguckt, da geht dann aber von allem mit Berliner Kissen geschafft, so ein Schlummel. Und ich freue mich dann ein bisschen, ob man wirklich dann wahrscheinlich alle guten Diätüde gebraucht hätte, für so viel Berliner Kissen einfach so hinzumachen. Da hätte ich auch schon für Druck können, so, dass ich das kennt man. Und wir bezweifeln eigentlich, dass das den realen Impact hat, den hat können hun. Lampertsbierg geht nämlich leider nicht um der Substanz darum geschafft, für den Durchgangsverkehr rauszukriegen. Es gibt auf zwei ganz kleine Plätze der Verkehr umgelegt. Wir meinen, dass ihn da wirklich mit mehr Ambition hat können Drago und dann noch einen realen Impact hat können, sodass man auf der einen Seite unerkennen, dass er zu Meerland zu Hollerisch schon probiert hat, ein bisschen etwas zu machen. Lampersbierg, da hat man es aber definitiv ein bisschen mehr erwartet, als ihn dafür ein bisschen enttäuscht, was das angeht. Merci. Merci, Madame Gersch. Ja, merci für das Wort. Ich wollte profitieren, weil wir die Disposition zu Schöberfeuer haben, für ein Problem an der Gegend aufmerksam zu machen, die wahrscheinlich nicht besser geht, wenn wir da mehr Fußgänger haben für die Schöberfeuer. Und zwar ist das ein Zebrastreifen bei der Kreuzung Robert Schumann Avenue de la Porte Neuve, und zwar zur Seite Pascator Großen Theater. Da haben wir ja einen Zebrastreifen, den an zwei abgedeelt ist, mit der kleinen Inselchen oder Tischen. Und da ist es so, dass die Luft für die Fußgänger, wenn die zur Richtung, also vom Theater rauskommen, in Richtung Pascator gehen, da sehen die gering, wenn die von der anderen Seite schon rot gesagt, und das ist auch das, was den Autosfahrer gesagt. Und da sind schon ein paar Mal von Leuten darauf aufmerksam gemacht gehen, und schon auch die Lastkäfer, wie ich da über die Straße gegangen sind furchtbar vernannt gehen, und es war definitiv gering für mich. Mit den Autosfahrer hat die Luft gesagt, für den die vom Pascator rauskommt, auch für den hat es ausgesehen, wie wenn es Schrot gehabt hat. Dafür wollte ich da ein bisschen darauf aufmerksam machen, und es wäre lieb, wenn das vielleicht ein bisschen mitholen, überprüfen lassen, gerade weil das dann noch mehr Probleme wird geben, wenn wir eben mehr Fußgänger da haben. Merci. Merci, Herr Boissante. Merci vielmals, pardon, ich hatte vergessen, die Zeit um Hand an Flut zu setzen. Zwei kleine Punkte. Natürlich das Üblichste von den Artikeln, die wir als Pferden enthalten, wo die Achse für die Fußgänger verboten wird. Die E-Mail habe ich da Madame hat es schon weitergeschickt. Die zwei anderen Punkte waren effektiv par rapport zu den Dispositionen am Grof für effektiv, wie Herr Benoit das für drin gesagt hat, zu regularisieren, wie in der Praxis lebt. Just etwas für mir ugeschwart gesehen, dass das Wege das an der Nusch par rapport zu den Taxien, die ein bisschen Problematik und zu verstehen sind, da bestimmte Kommunikationsgemerke für die Leute, die am Zentrum von der Stadt nur an Oves will ein Taxi holen, die werden ein bisschen verloren. Lo die letzte und die letzte Woche haben wir viel gesehen, vielleicht auf der Theaterplatz oder an der Innischgasse, so
d'accueil oder de Parking von Taxien schwst die sind an der Biergas mir sind ugeschwart gehen wann du es vier gesiegen hast wie das mal wenn Leute stimulieren für mehr so multimodal anstatt zu kommen an der letzte Punkt als einfach ein bisschen so ein technisch froh mir stimmen haut für Dispositionen rund um Luxexpo Kirchbiersch für Änderungen durch die Organisationen von Open Air, den natürlich eine super Flotmanifestation ist, die man natürlich unterstützen. Aber wir sind den 7. oder 8. Juli und die Dispositionen fängt Anfang Juli, sind wir da nicht ein bisschen zu spät dran. Ist das technisch auch korrekt? So, voilà. Just eine Frage. Merci vielmals für die Antwort. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Bourgmeister. Also, das sind Reglement temporaire. Collège et chivinal méi wie 27 Stunden a confirmé par le Conseil communal, dat ich mir sind du effektiv schon gut an fir lo ebe bei der Luxexpo unzufänken am Kader vun denen Konzerner, wo tausende Leute kommen, ass während denen Konzer sie verschiedene Dispositionen do, wo auch als Sicherheitsgründe dass du ebe Strossen zo sind, wo mir da mussten die nedech Reglemente holen, mir wo dat dann do sur Pla mat Schëlter geréiert gëtt méi dat as ewer der richtige Weg, so wie es soll sein. Die zweite Remarque, ja, das ist eine Änderung, wo die Bornen da sind an der Rue du Fossé, dass du ein Taxi nicht mehr einfach kann durchfahren, so wie noch nicht durch einen so einen Piton. Ich meine, das reglementiert wie ein so ein Piton. Man kann also nicht mehr da ran, außer bei einem Hotel oder bei einer Apotheke fahren oder bei einer Person à Mobilité réduite. Bislo hummer als Taxisplätzen an der Rue Willi Görgen an muss gucken, ob man ënneschen Deel eventuell nach Platz kente fannen, wat lo ënnech ge so geht. Ob en do wo lo haut im moment net gesinn méi Schulen derwer mat. Ech verstinne de Mont well mar froh si wann owes Leiit net hier een Auto hëlle, wann se fleich en ennner Pat gedrun kom am Taxi fuhr nach fir dat weder Taxifuer nach Dusagé verloe sinn, guck mal wat man do eventuell könne machen. Da wo nach engere Markt zum Rond-Point Schumann am Zebrastreifen Schulen die Remark mat, mis soweit ich weiß, dass du huet den Autosfuer eng Lucht, die blenkt so orange blenkt, für das Autosfuer muss oppassen. Ich so never Service soll dat nach ein Keier gucke goen an dann wo nach Remarque kommt zum Lampersbeech mat de mesure d'apaisement. Ja, das lo net nëmmen die Berliner Kissen, do man habt 3 Strossen zusätzliche beigeholt, die nach gefehlt huten an eng Drëcher, so do man der Menge man schon, dass man den Trafik reduziert kreien mir noch verschiedene Strossen, die man Einbahn gemacht hun, die Strosse, wo man identifizeiert tun als Transitwehr an Berliner Kissen as Orps, wo man bei den an der Biergeobdeelung oder wie man bei den Leiit vu an Reunionen, wo dat gefrot gin ass. Evaluieren dat kann en immer iwwerall méi men an scheieren noch viel Leiit, die man so kann e noch Manner machen. Dich kom lossen dat dummel evaluieren, a wann man feststellen, das gut, dann perenniseieren man dat, wo man feststellen muss nach no gebessert gin, dann man dat doch, wann man feststellen muss wäsch gehol gin, da guckt man dat doch an selbstverständlich immer mat de verschiedene Resultate an Kommission. Da wo nach die Remark kom iwwer d Modifikationun vun dem Reglement iwwer Zirkulationsdispositionen schmengen dat einfach ass gucken, dass der alle Guten dat Reglement denke wie lo adaptiert das. Krit mat fleischchte gehighlight, wo hauptsächliche Sache sind die geändert hun oder die wat die Lächtüren wese gehandhabt gin eben an net Travo, fir dat do genege seit dann konkrete geändert huet. An dann wo nach enge lächte froh schmengen wo eng mesure wat schuber vor wo dat wo an der Avenue de la Faïencerie, dat das dann eng zusätzliche Demande wo kommmers. Bon, j'avais net pendant la durée des travaux, chaque de Stover nach Abschen, die 4 Drunner miste gemacht, die sieft hat vu Kreos oder sos Platz, wo vielleicht do wäsch gehol gin, mi gené dat misech gené gucken, wat dat kein Ziwelt, das suite aux dernières informations obtenues par l'entrepreneur, tout dans le net d'appesement dispositif, wo defen
wollen oder nicht wollen, wird nicht mit den Mesuren zu dienen. Die wurden, soweit ich mich erinnere, schon am März, April geholt, wie das gesagt hat. Wir gucken das dann eigentlich noch. So nicht, merci. Merci auch. Und ich stelle dann die Maßnahmen zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit sind die alle Unanimität angeholt. Da kommen wir auf den 8. Punkt schon von unserem Ordre du Jour, Konventionen. Und da ging es Frauen wie immer, wer will zu welcher Nummer schwätzen. Ich fange an hier runter, dass ich keinen vergesse, den Herr Wagner. Nummer 2. Ja, Herr Back, auch 2. Madame Reiland. Reiland 26. Madame Costantini. 27. Voilà. Herr Boissante. 27, 26. Weidrit gehabt, da rein noch. 26, 27. Okay. So. Kann ich also davon ausgehen, dass man mit den anderen alle gut d'accord sind? Ist das so? Ja. Vielmals merci. So, da fangen wir 4 an. Die Nummer 2, Herr Back. Ja, vielmals merci für das Wort. Ich meine, das ist schon ein paar Mal gespart, heute am Gemengerot. Letzte Woche hat man mal erhöhten Temperaturen, die natürlich einen Staat mehr hart treffen, wie vielleicht lohnen dürfen. Und die Dünnsel und Gravität von den Kanikülen, die werden auch beim Klimawandel noch weiter zuholen. Ich meine, neben der Verhinderung vom Klimawandel ist natürlich wichtig, dass wir uns darauf präparieren an Klimaanpassungsmaßnahmen, die sollen uns eben helfen, die schlimmsten Impakte vom Klimawandel aufzuführen. Begrenzungen an Entzielung sind Mesuren, die gegen Hitze helfen. An einem Gara-Quartier stellt das natürlich einen gewissen Zielkonflikt durch am Ausbau an der Densität von Logementbüros, die wir natürlich auch brauchen, an die auch da Sinn ergehen. Und da muss ich dann natürlich auch gewisse Kompromisse ergehen. Der andere Seite ist es dann aber so, dass den auf so Plätzen nach mehr konsequent die Mesuren muss umsetzen, also Klimaanpassungsmesuren, Entzielung, Begrenzung, wo ihn dann auch muss evaluieren, ob in Sachen nicht vielleicht anders das möchte, wie ihn da in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn ich mir das Projekt angucke, dann sehe ich schon, dass viel Geringes auch geplant ist. Aber trotzdem bleiben Teile vom Projekt dann aber konservativ. Und wir gehen ein paar Wege gemacht an Plattformen, wo die Leute sich dann hinsetzen können, die gehen am Granit gemacht. Bei den Plattformen ist es eigentlich relativ einfach für entziegelte Oberflächen zu benutzen, wie zum Beispiel Rasengitter. Aber sogar beim W ist das möglich. Den Service hat das erklärt, dass du misst, dass den eben den festen Untergrundtöle wenigstens weil wir müsste von den Servicer können benutzen, von den technischen Gefierer. Wir schon aber du mal nur geguckt, dann gibt auch Rasengitter, die für Kamion bis zu 12 Tonnen funktioniert, wo dann eben noch Taxi für Servicer sichergestellt ist, wo auch Pumpsteherkennten drüber fuhren, wo dann eben etwas gibt dafür machen, für die Fläche nach Männer zu versiegeln, an eben de Gara Quartier mehr nach auf den Klimawandel zu präparieren. Es gibt noch konkrete Beispiele am Ausland, wo das schon gemacht wird, zum Beispiel Dresden, Berlin, die benutzen so die Rasengitter eben noch für Pumpschichtachsen zu bauen. Und das weiter stelle ich mir allgemein vor, denn der François Benoit hat auch schon davon geschwärzt, von der Begrenzung von den Fassaden. Ob in das nicht soll dann ein Gara Quartier für Neugebäude, vor allem die Heischgebäude, wenn das nicht soll auch obligatorisch machen. Weil ich meine, Quartier von der Wiedergart, der ist aber schon mehr sensibel par rapport zu Hitze, weil wir haben wenig Geringes, wir haben Heischgebäude, die Hitze stauen. Und ich meine, da muss ich mit allen Mäuern schaffen, die in Hut für so Phase, wie wir sie gleich vorhatten. Ja, ich meine nicht, dass den so angenehm gestaltet kriegt, aber kann ich vielleicht den Impact ein bisschen reduzieren, wie das sonst der Fall ist, an eben etwas für die Leute machen, die an den Quartieren wohnen.
Bon, dann ist ein weiterer wichtiger Punkt, den an der Kommission noch angeschwärzt ging, dass genug Liebe muss an diesem Eck von der Gas sein. Das heißt, dass wir eben Restaurants und Kommerzen brauchen, die für das Leben sorgen, weil wir wissen, dass es ein Eck ist, der ein bisschen mehr problematisch ist. Vielmals merci. Merci auch, Herr Wagner. Ja, merci Madame Boyer-Mechtech. Den Herr Back hat das schon ganz gut resümiert. Ich meine, wir kommen gerade aus einer Woche raus vor einem Rekorder gebracht gerufen, was Tötzt geht, auch historisch gesehen. 3 Grad, merci. 3 Grad über der Moyenne. Und die Rekorder, die gehen noch all an diesem Jahrhundert gebracht, systematisch. Bon. Wir wissen das all. Dat gesot muss ich natürlich dagegen kämpfen, dass die Klimaderegulierung weiter degeneriert auf Kosten von den Menschen. Das ist eine Sache, und die andere Sache muss ich sich darüber vorbereiten. Weil leider gesagt so aus, wie gewisse Sachen schon plus oder moins irremediabel sind. Und das, was wir erlebt haben, können wir vielleicht das Jahr noch ein Jahr erleben. Wir sind recht am Juli. Und werden wir an den nächsten Jahren ohne Katastrophismus zu machen noch erleben. Und auf eine noch mehr intensiver Weise. Und die Begrenzung ist eben schon wenigstens eine Möglichkeit, für das Ganze ein bisschen mehr dus zu machen. Wir gehen noch an der Altstadt, an der Petrus, dass die Ambiance ein bisschen anders ist, dass wir auf einer Kartplaque wie im Knödler, Heifedrun oder beim Royal Amilius und dafür fand mir auch, dass auf dieser Platz wahrscheinlich aber Gelegenheit ratiert go für aber noch weiterhin zu begrenzen oder auch für ein System de Récupération de Chaleur zu gesehen. An Froh von der systematischen Begrengung von Fassaden oder da den Lo an Zukunft aber los sich sieht, es muss so Maximum viel Mesuren holen, geht nicht für so eine Begrengung, aber überhaupt Mesuren holen für die Resilienz vis-à-vis vom Klimawandel zu stärken, zu holen, wann ein neues Projekt baut. Das ist natürlich Begrengung, aber das können auch andere Sachen sein, auf die man nicht rangehen kann. Wo da ja auch der Staat, ich denke, müsste mit einem Plan kommen, auf dem wir schon in der Jahre werden. Bon, voilà, das gesagt werden wir als dieser Ursache auch bei diesem Projekt enthalten. So nicht, merci. Merci. Herr Radu, wollt ihr etwas sagen? Ja, ich wollte von schon, mir selbstverständlich, das geht um eine Konvention d'exécution für einen PHP auf der Jahr selbstverständlich dafür stimmen. Wenn wir auch schon für Drohnen natürlich zum PHP gestimmt, positiv gestimmt haben, dann geht es von der Exekution vom PHP. Am Fond können wir nicht anfangen, den Reckwirken zu so, mir anderen die PAG oder die PHP oder die Baureglementation an der Stadt. So kommen wir nicht führen, und wir kommen aber gerne führen, weil das effektiv der nächste Teil von dem ganz großen Projekt zu Hollerich, das Projekt Paul Wirth und dann daneben von Heinz van Landewijk, Ruf bis auf der Straße, vielleicht nach dem nächsten Teil, den effektive Lot kann angefangen gehen, weil der effektiv auch schon ein Parzell, wo die direkt auf der Hollerischer Straße leider nicht muss komplett neuer Schloss gehen. Han Grund als wichtig, weil dort könnt dann den Ausschluss vom Tram für auf den PHP. Dafür meine ich, dass man am Anfang nicht mehr können, müssen zustimmen, aber weiterfahren, schnell aufhängen, weil wir brauchen Logemente, wir brauchen Platz für Logemente, dann effektiv meine Stadt der heute schon ein konsequenter Step weiter aus von dem, was bis da wo wir bis da herlen. Das waren so wichtig für unsere ökonomisch-industrielle Vergangenheit, mehr aber von allem anderen Utilität für die Bürger von der Stadt, wo das aber ein bisschen limitiert. Dann kommen wir hier einfach etwas, was die Quartier belieft, Logemente schafft. Dafür sind wir ganz auf Happy, wir hoffen, dass wir schnell weiterkommen. Merci. Ja, merci auch. Also ich meine, Herr Biewer, ja. Merci für die Worte. Ich wollte just ganz kurz so als Fraktion als Orthodo 4. Wir hatten den heute Projekt an 2 Kommissionen, eine an der Patrimoinskommission den 26. Juni und eine an der Kommission der Servicetechnik den 17. Juni. An der Kommission von Servicetechniken als das Projekt auch mit 10 Worten angeholt ging, waren 7 Abstentionen, aber das Projekt springt an dem Quartier aber eng flotten Development an Asam von just Ufang wie den Herr Radu gerade gesagt von dem Projekt den Druck könnt, aber wo einer Geringflächen nachkommen. Dafür schmengt das gut, dass du schon kann angefangen gehen, und dafür werden wir auch dafür stimmen.
Voilà. Ja, ich wollte so, dass ich ein bisschen die Impression habe, dass die sind an einer falschen Phase von der Diskussion. Dass der PHP ausgestimmt. Der PHP ausgestimmt. Das heißt nicht, dass wir nach über den PHP aufstimmen. Wir stimmen hier darüber auf, wie das, was wir als PHP, wo wir durch eine lange Prozedur gegangen sind, wo wir oft genug an allen Detailer darüber geschwert haben, wo Wohnungen sind, wo Kommerzer sind, wo die schöne große Park reserviert wird und beibehalten wird, auf den Journal für geringes Heieren, das haben wir gestimmt. Das gestimmt an die PHP geht so, muss so exekutiert gehen, wie wir für Jahren eben das schon angeholt haben. Das heißt, also brauche ich nicht so, mir die wisst, als die Mise en œuvre von einem Teil von dem. Und dass man da alles dass man das so machen, wie ich für drüben auf eine Frage vom Herrn Benoit geantwortet habe, natürlich, dass an den Gebäuden dafür gesorgt wird, dass die neuesten und besten Moyen können angewandt gehen, für die Gebäude so agreeabel wie möglich zu machen. Aber wenn die wollen an ihre Gebäude, wenn sie wollen, sie begringen, dann ist das ihnen absolut freigestellt. Wir sind effektiv noch nicht da, wo wir alles de Leiit zoen wéet miste machen erwärtsmen, dat steht am PHP. Wat kann gebaut gin, wo het kann gebaut gin, wat kann dra kommen. Dat hai as lo durch eben och de Remembrement an durch die Echangen, déi hai drassen, gëtt ons Meiglichkeet mal hai lo Wuningen, dat Wuningen hai kënnen gemerk gin. An schmengen das so wie den Herr Radu an den Herr Bivre doch ënner Strachen, und natürlich versichern wir, könnt den Tram dadurch, also ich meine, wirklich versicht alles zu machen, für es nicht so gut und so schön und so lebendig, dass das Gebäude, nicht das Gebäude, geht nicht um Gebäude, dass die Quartier, die neue Hollerisch ist, dass den hier nur so lebendig wie nicht mehr möglich wert sind. Das heißt, eine erste Konvention der Mise en œuvre davon noch, wo ich dann hoffe, dass die Proprietären davon das auch werden, so schnell wie möglich auch effektiv umsetzen. Stellen dummer die Konvention zum Wort, wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci, dummer, dass die so angehauen. Da kommen wir auf den Nummer 26, Madame Reiland. Merci, Madame Boyer-Meester, für die Wort. Hier geht es Mise à Disposition von einem Gebäude für den Institut Européen du Chant Choral an der Rue de Chicago. Wir begrüßen das Initiativ natürlich, da das Lieu de Rencontre, wo es Proben, Workshoppen und Programmation vom Chant Choral wird gehen. Sie gehen auch an Schulen, und hier ist ein klein froh, wo wir Informationen an welchen Schulen sie gehen, an wie oft sie dahin gehen. Wir begrüßen ausdrücklich, wenn Gebäude, Lokale für kulturelle Aktivitäten zur Verfügung gestellt gehen. Wir kennen alle guten Heibanen das Problem vom Platzmangel für Musik, Theater, kulturelle Aktivitäten und andere Aktivitäten. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir wünschen uns auch nach mehr so Initiativen. Und wir drohen das Konvention ganz gerne mit. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Boissante. Merci vielmals. Ich würde mich ganz kurz, weil das schwer mehr zu suchen und mehr aufverstanden sind, was Madame Reiland gerade für mir gesagt hat. Just ein kleiner Punkt, wir sind natürlich hochgestellt, mit zu stimmen. Kennt man nicht an den Fall, wie das der Loyer auch ganz symbolisch aus verschiedenen Taxen oder verschiedenen Kästen mit drohen als Gemeng wie ein Tax de Chancellerie oder wie ein Minimum von den Pubellen oder von den Déchets, weil sie einen bestimmten Unzwell von Taxen, die auf den Lokatär fallen, kennt ihr nicht an dem Fall vielleicht für verschiedene Assoziationen, zum Beispiel Musikschulen oder Musikassoziationen, da just ein bisschen mehr weit gehen, das ist einfach so eine offene Frage, aber natürlich stimmen wir das gerne mit. Merci vielmals. Also, the sky is the limit, die man näher, die Events ist, die kann ich nie überall aufwenden. Aber ich meine, die Schritte, die wir hier machen, sind ganz wichtig, sind ganz richtig. Ein bisschen Leute mal dann Verantwortung holen, als am Anfang mengen mir auch nicht schlecht, weil wer heute zur Verfügung gestellt wird, das ist schon ganz exzeptionell. Aber für den guten Zweck, und da bin ich ganz d'accord.
mit dem d'accord, was man am Rheinland eben noch gesagt hat, weil wenn wir es fertig bräuchten an dieser Gesellschaft, die aber so multikulturell ist, wo die Leute von so vielen Plätzen zusammenkommen, da als Kultur, als Sport sind zwei enorm wichtig Instrumente für die Gesellschaft und sich aber zusammen zu halten. Aber wenn sie einmal gingen, Herr Boissanti, nicht mehr über das wegkriegen, aber wenn du gingen Chargen, ich kann mir das mal überhaupt nicht vorstellen, weil Taxe de Chancellerie, da brauchen sie nicht zu bezahlen, das geht nicht. Hey, für sie. Mit elektrischer Wasser, ja, schon als ja. Chancellerie sind wirklich nicht, ne? Aber mein Gott, dass sie verständlich mit dem Wasser, mit dem elektrisch umgehen, schmengen, das müssen sie aber nach können zumuten. Ne? Aber wenn das so wird, dass das gegen astronomisch Summe gehen, schmengen, da sind wir nach immer hier da, und dass der Gemeinderat nach immer da. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass sie alle gut nämlich behandelt gehen. Wir haben nach anderen Assoziationen oder kulturellen Sachen zur Verfügung gestellt. Und das ist aber effektiv das Minimum von Responsabilität, die wir eben verlangen, für eben noch verständlich damit umzugehen. Man kann den Blut ganz neu lassen, wenn keiner dafür responsabel ist, kann den Wasser laufen lassen, alles das, meine ich, also einfach am Bereich, den die Leute kann zumuten. So, wir stellen dann die 26 zum Wort, wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci, Unanimität. Und da kommen wir auf 27, Madame Costantini. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Ich will heute ein paar Wörter zu der Konvention sagen, die zwischen der Stadt Lützeburg und der Uni Lützeburg soll aufgeschlossen gehen am Kader vom Projekt Atlas. Ziel von diesem Projekt ist es, intelligent und autonom Systeme zu entwickeln, für die Mobilität terrestre, aérienne und spatial zu modernisieren. Besonders wichtig sind heute Bereiche von der nachhaltigen Mobilität, der Intelligenz artificielle, der Cybersicherheit und der Kommunikationssysteme. Die Stadt Lützeburg wird dabei eine aktive Rolle spielen, und zwar durch die Unterstützung von einem Subprojekt Digital Twins to Optimize Operations of E-Buses, wo ein Jumeau numerik, also ein digitalen Zwilling, vom neuen Busdepot erstellt wird. Damit können die Operationen vom Depot simuliert und optimiert gehen. Planifikation, Doppelladung von den Bussen, Maintenance und das Parking. Das erlaubt es, die Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren. Das passt perfekt zu den Prioritäten von unserer Stadt: Nachhaltigkeit, intelligente Mobilität und Smart City. Wir können damit als Ziel im Bereich vom Klimaschutz und von einer digitalen Transformation konkret umsetzen. Der Gesamtkostenpunkt vom Projekt liegt bei 214.576 €, wo die Stadt 25% überhält, also 53.644 €. Ich will auch daran erinnern, dass die Konvention an der Kommission de la Mobilité à l'unanimité approviert ist. Ich sage nicht schwarz. Und ich sage nicht auch merci, und ich ging dann nach dem Herrn Boissanti gehen. Merci danke für das Wort. Wir sind froh, natürlich die Konvention mitzustimmen und zu sehen, dass Synergien an der Richtung Smart City zwischen Gemeinde Lützeburg, zwischen der Stadt, zwischen verschiedenen Organismen, natürlich auch Uni Lützeburg, so entstehen. Just ein klein froh, das bisschen so ein technisch froh, kriegen wir als Gemeinde ein regelmäßiges Suivi oder Präsentation, wie die Avancée von den verschiedenen Recherchen, Travaux oder Projekten laufen und in den nächsten Jahren, wenn wir in der Schreibe eine Konvention über 5 Jahre, voilà, das ist just die dort vor, und wir unterstützen natürlich die dort Konvention ganz, ganz gerne mit. Merci für die ganz positiven Rückmeldungen. Ja, natürlich, wenn das Projekt aufgeschlossen ist, dann kriegen wir natürlich die Resultate. Und wir kriegen natürlich auch, so oft wir nachfragen, kriegen wir natürlich Rückmeldungen, d'autant plus, dass wir ja intensiv auch an eben dem neuen Autobusgarage schaffen. Ne? Ganz intensiv an alles, wo darauf geschafft wird auf der Uni, sind wir natürlich immens Amateur für das, soweit wie nicht mehr möglich, eben an das Projekt mit ablesen zu lassen. Herr Goldschmidt. Merci, Madame Bürgermeister. Merci auch den Intervenanten. Ja, das ist ein
interessant, mehr wo wichtige Projekt nicht nur wat Smart City Bereich, aber auch für die Expertise an unserem Busservice, dafür doch als Busservice gefroht, für do können wir mir finanzieren ein Teil von der Kosten von einem Doktorand, den du darüber schafft, wo mochte CV gesehen und wo man mengen, dass das ein exzellenten CV ist. Wir sind überzeugt, dass wir nicht nur der Uni helfen für irgendein Projekt zu machen, sondern dass das Projekt auch der Stadt Lützeburg extrem viel wird in Zukunft helfen. Digital Twin, etwas wird extrem wichtig ist für eben okay. Ja, da möchte ich ja, okay. Für eben für eben beim Zwilling zu gucken, was verschiedene Impakte haben, also vorbei am Digital Zwilling, kann ich so, am digitalen Zwilling zu gucken, was verschiedene Mesuren als Impact können haben, das ist extrem wichtig. Und dann ist es auch wichtig, wirklich am Day-to-Day mit dem Doktorand zu gucken, was wir alles können an der Stadt verbessern, auch am Kader von unserem neuen Depot, wo wir wollen haben, an der Optimisation von all unseren Linien. Und dafür so ich alle gute Merci für die Zustimmung für dieses Projekt. Merci. Voilà, und ich setze also die Konvention Nummer 27 zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Merci vielmals. Da kommen wir schon bei unserem 9. Punkt vom Ordre du Jour. Da geht es um verschiedene Devis de Travaux. Ich will uns mal ganz kurz da rein erfragen, ob den einen oder anderen will zu den Mengen oder dem anderen Projekt schwätzen. Die sind alle gut durch als Kommission gegangen. Den ersten Projekt definitiv für den Reaménagement von der Vieille Ville, das ist der Uwen an der Rue du Nord. Wollt ihr dazu schwätzen? Den Herr Philippard, ja. Ja, Herr Philippard. Okay. Merci, Madame Bürgermeister. Ich wollte gut im Teil mit einem Reaménagement an der Altstadt für den Preis von 2.733.000 € zu dienen. Das Projekt besteht aus 2 Volleen, Erneuerung und Renforcement von den innenräderischen Infrastrukturen und Reaménagement en Surface. Dabei werden auch neue historische Kenntnisse durch archäologische Funde kommen. Wir sind hier auf einem ganz sensiblen Platz. Rue du Nord bis Côte d'Ache gehört zu der Kernzone von der Weltkulturerbe Lützeburg Altstadter Festung. Sie gehört mit zu den exposiertsten Sitten von der Altstadt. Et Gesäide vom Kirchbierstore direkt Europa an natürlich umgedreht eure River. Et muss in dafür ganz behutsam hier gehen und Gesäide in dat Plan mit dem nötigen Respekt als man auch ausgeschafft zu gehen. Das Ganze durch eine Konsultation mit dem Minister der Kultur, dem INPA und dem INRA. Ich möchte auch mit den Anwendern von historisch interessanten Gebäuden zu den früheren Palais de Justice und nach 4 Runden Palais des Gouverneurs und auf der anderen Seite die Chigris-Fabrik, die direkt nur der Öffnung von der Festung abgemacht wird. Das Flot, das über den Plaque am Boden auf das Memoir hingewiesen wird. Ich begrüße nicht, dass Trottoire verschwanden, aber so weiteren inklusiven Raum für die schaffen. Wichtig ist auch, dass die Jonction am Grings ausgebaut wird, an der Square Brasse damit richtig angebunden wird. Damit gewinnt die Square Bedeutung an der Stadt auf eigentlich Originen auch herum. Dass der Granitbeige dieselbe geht wie anderwärts in der Altstadt, lässt den Raum als gleichwertig mit den anderen Straßen an der Kernzone von der UNESCO erschwingen. Nicht nur in räumlichen und historischen Zusammenhang gehen semi-klar für die Visiteur. Der Raum ist wohl accessibel für jeden, aber es ist in dem Kontext auch wichtig, dass der historische Pavé erhalten bleibt. Ich begrüße nochmal ausdrücklich, dass die Stadt Lützeburg ein Pavé-Kadaster angelöst wird, und dass darauf hin Orientationen ausgeschafft wurden, wo ein historisches Pavé erhält und auf Walle setzt und dabei gleichzeitig auf die Accessibilität für jeden acht. Ich bin auch froh, dass die Reverberen dieselbe gehen wie auf einer Platz an der Altstadt und damit auch eine gewisse Harmonie erhalten bleibt an der Raum, dass auch mehr abgestaltet gehen an der Raum, dadurch auch mehr belicht wird und auch mehr sicher wird. Ganz interessant fand ich, dass Panoramaterrasse en Valeur gesagt wird. Hier kann ich lesen, was der Paysage historique urbain ist mit seiner Topographie, seiner historischen Stratigraphie für den Soin von Lützeburg Altstadt, eine Festung von UNESCO beizudrohen. Bei all diesen guten, überleuchtenden Interventionen bleiben mir über 2 Fragen.
De Gardkor gëtt op der Panoramaterras ersat, dat das klar wennns der Stabilitätssicherheit an de Norme fir secher Geländeren. Ich will heute daran erinnern, dass eine Arbeitsgruppe beim Ministerium der Kultur, wo die Stadt Lützeburg auch vertreten war, sich mit dem Sujet befasst hat und auch Orientationen aufgestaltet hat, wie so Geländeren in Zukunft können aussehen. Bestehende Geländeren an Balustrade goufen als Teil vom Patrimoine festgehalten, weil sie aus der Zeit von der Festung stammen. Es wird zurückbehalten gehen, dass da, wo so Geländere müssen sein, aber wo noch kein Wochen ein neuen Tipp soll geschaffen gehen, die sich die Generation von Vierdrun sollte von den Geländeren orientieren. Es gibt auch Wert darauf gelöst, dass wir an der UNESCO so einen einheitlichen Tipp für Geländeren haben. Die Familien mit denen originaler sind, falls das nicht könnten erhalten bleiben. An der Petrusgaufe Solutionen geschaffen, ich Chaussee erneuert Geländeren in den Archiven für den Amend. Ich rekommandiere wärmstens einen Austausch mit den Responsablen von diesen Projekten zu haben, für eine Harmonie durch ganz Altstadt zu finden. Geländeren sind für den Schutz, aber auch eine visible Barriere, dafür so mehr müssen sie soignieren. Wenn wir beim Straßenaménagement aber der Belichtung kohärent sind, dann muss man dadurch bei diesen extrem visiblen Geländeren sehen. Weil die Infrastrukturen an Tresoren am Boden erneuert gehen, können logischerweise zunächst zur Installation von Armoire-Technik. Das ist klar, dass aus technischen Gründen die Infrastrukturen nicht alle unter den Boden gelöst können gehen. Tresor können ihre Fleisch so gelöst gehen, dass dann pro Service an einem oder geähnten Schafkarre gruppieren und vielleicht mit diskret kann an dem Raum platzieren. Es gibt auch eine ganze Reihe von Varianten, wie so Infrastrukturen können besser am Raum integriert gehen. Farbe bemalen als Kunstwerk oder Ankleiden mit historischen Bildern von der Platz. Und verschmerzt an dem Bock hat die Stadt Lützeburg an zusammen mit ihrer Fotothek so elektrisch Schiff angeklebt. Unter diesem Gest für uns 2-3 Jahre kaufen das Schiff auch nicht mehr getaggt oder besprayt. Über das historische Foto vom Schaf sind Leute Geschichte geworden, wo sie sich gerade abhalten. Die Fotothek hat auch wunderbar Bilder auf Glasplatten, wo ich kann das Site von der Rue du Nord an den Escherbierg zur Festungszeit gesagt. Ein QR-Code beim Bild verlinkt mit die historischen Informationen auf wdl.lu, wie der Schnoberner Platz der Fall ist. Ob das man näher mit käme, dass der für eine technische Infrastruktur steht und alle Experten hat ohne Problem Zugang zu solchen Infrastrukturen. Ich bin froh und dankbar, wenn das 2 Anregungen zum Geländer an den elektronischen Schiff könnten Zwiebel fanden. Ich kann dem Projekt en tant que tel nicht mehr zustimmen. Merci. Merci vielmals dem Herr Philipper. Ich meine, dazu wir außer den 2 Frauen nicht mehr beizufügen, heute ganz wirklich an den historischen Kader von der Platz, die effektiv zu Festungszeiten nach eine ganz andere Bedeutung hat, gesagt. Die 2 Remarken, die ihr gemerkt habt, was Geländer anbelangt, haben wir uns darauf gehalten, dass es soll das nämlich bleiben, also das alt, also nicht das alt bleiben, aber genau nämlich nicht rumkommen. Ich gehe davon aus, dass ein Inpadoma doch d'accord wird, weil effektiv das ist extrem wichtig, weil das hat eine ganz große Visibilität und da sind immens viele Touristen, die da kommen und das soll so rumgemerkt gehen, nein, wie es eben war. Ich meine, wir haben ja hier eine große Experienz, so wie wir da im Käfig gemerkt haben, wo die Geländer rund um die Notre-Dames Käfig neu gemerkt haben, genau ebenso wie es war. Das ist dann ein bisschen Medaille, ich meine, wir sind alle eins, dass die so wert sind. Und dann der Zweite mit dem Schiff, das ist auch eine wunderbare Idee, weil, wenn ich dann die Idee, die wir hier im Bock hatten, das war nicht uns, aber das war Herr Philipper, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, weil das ist ein riesig großen, so den elektrischen Schaf, und der hat uns darauf aufmerksam gemacht für Jahren, für was den da dann nicht ging, eben die Fotos von die wir haben, an die Stütze, die wir haben, für die drauf zu machen. Haben wir so gemacht, und es ist wirklich ein Succès in dem Sinn, dass das Center hier nicht mehr vandalisiert ist. All die anderen, die gehen permanent vandalisiert, geht drauf gemalt, aber nicht schön. Und wir werden also versichern, die nämlich Manier eben noch heutzutage. Weil Landschiff können die natürlich nicht, aus technischen Ursachen, aber sollen es wenigstens so machen, dass sie am meisten steuern.
Daraufhin ging ich dann das schöne Projekt zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Den zweiten ist ein Projekt der Rekonstruktion von der Brücke an der Rue des Hauts-Fourneaux. Sind dazu Wortmeldungen? Wenn nicht, dann stelle ich sie direkt zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Dann den nächsten als Reaménagement von der Rue Moorfels. Sind dazu Wortmeldungen? Wenn nicht, dann stellen Sie direkt zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Nächste Projekt, nicht Renovation, mehr einfach dann die Instandsetzung von den technischen Volley von der Brasserie Schumann. Sind dazu Wortmeldungen? Madame Müller und Madame Gasch, ja. Ja, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Grundsätzlich sind wir dafür, dass Stadt Lützeburg Kommerzen, Restaurants und Cafés unterstützt. Aber an dem heutigen Fall haben wir aber nach wichtig grundsätzlich Umwirkungen. Kommerzen gehen an einem bestimmten Zustand zu einem bestimmten Loyer für ein bestimmtes Konzept ausgeschrieben. Hier verstehen wir, dass der Lokal etwas Neues braucht, mit Argument für zu sagen, dass durch Stabesten von technischen Komplikationen entstanden sind, durch den Tram, hat nicht mit dem jetzigen Exploitant zu tun, den hat ja entretemps changiert. Ein Scheck von 3,5 Millionen Euro und den neuen Exploitant kennt ihn so als Kado gesehen, zumal so gesagt aus, weil keine neue Ausschreibung wird aufgehen. Es ist an Eisen nicht normal, dass es so massiv öffentlich Geld investiert wird, ohne Augmentation vom Loyer oder ein Interessement für die Gemeng auf dem Chiffre d'affaires für so ein Investissement zu justifizieren. So nicht, merci. Merci, Madame Gasch. Merci. Ja, just ganz kurz, wir sind d'accord mit dieser Mise en Conformité. Ich wollte nur fragen, ob das Konzept Bausen, was nicht unbedingt immer gut bei den Theater passt, auch wird revisitiert sind oder zur Diskussion steht. Also 400 Dir von der Brasserie. Bon, für dich, die Affäre oder die Stellungnahme von der Madame Müller hat noch reden, pardon. Herr Radu. Ja, weil die nicht lieber zerhalle vielleicht. Das ist nicht unwichtig. Aber so, dass wir effektiv da diskutiert in der Kommission ganz sachlich und auch ganz schnell d'accord sind, dass die habe ich schon muss gemacht haben. Für das in den Kontext zu stellen, dass ein Gebäude, das der Staat gehört, und also wie alle Gebäude, wo ihr proprietär ist, also in die Bürden verpflichtet zu gucken, dass das Gebäude am nördlichen Zustand ist, aber wenn erbischen auffallen, die den Proprietären kombieren, dann muss der Proprietär die machen. Das ist effektiv ganz klar der Fall. Also, ich muss das noch nicht ausgesicht. Mit die Infiltrationen, die also Infiltrationen nicht Wasser können verbannen an Gebäude ran, die Sachen, die verraschen, das Struktursubstanz, die aufhängt, drunter zu leiden, der Tisch drunter leiden hecht die Sache Futti, also muss ihn nicht intervenieren, der hat Flecken und das heißt also eine substanzielle Intervention für die Strukturen man an Treue zu setzen. Der Kontext eigentlich, aus der vielleicht nicht dann wo dazu sieht, wir haben effektiv die Lokalität verloren, seitdem effektiv die Pavillon gebaut sind, aus der Wochen über Jahren schon andere Probleme effektiv wie den Tram gebaut sind, wo auch der Chantier den effektiv ein bisschen in Influenz auf den Bien-être vom Restaurant hat. Der Proprietär hat changé, wir sind froh, dass wir da einen Exploitant haben. Auch für drunter hat man schon den Norloin, den effektiv auch den Auerzeiten, und das ist mal wichtig gewesen, weil das eine Origine davon eine Exploitation, die funktioniert für den Theater als allererst. Das Leute können froh oder nur, dem sie an den Theater gehen, können
entweder Partuelen oder repesieren, so wie das von einer flotter Sorte gehört. Und da sind wir auch froh, dass wir immer Exploitoren hatten, die letzten Jahre, die das gute Funktionäre gebracht haben. Hier ist das aber, wenn wir heute die Interventionen machen, dass den Exploitant während einer gewissen Zeit nicht kann schaffen. Nicht kann schaffen, das ist kein Such, verdienen, lasst froh. Entweder möchten die Boutique zu und muss Leute entlassen, oder wir fanden eine Solution, dass den Exploitant eine Solution von technischer Unterstützung für die Zeit. Und das auf der Platz, so, wir hatten das schon bei anderen Lokalen, aber eigentlich auf Feier geschieht dadurch. Und wir meinen, Jean Contre, wie Revendikation zu machen oder Vorwürfe zu machen, hat die wen ich habe gemerkt, ich bin immer froh, dass wir eine Solution fanden, dass wir erstens da können machen, und direkt danach auch können weiterfahren mit einem Service, der funktioniert, einem Exploitant, den gut Arbeit möchte, und noch bereit, das noch weiterzufahren, und effektiv in der Zeit von den Travaux und den sauren Apfel heute zu beißen. Dafür sind wir froh, dass wir die Arbeit noch machen können. Kostet Geld, aber bon, das ist ein relativ sensibler Platz, also scheint dabei, die noch effektiv ein Kiste von den Uwe gemacht, weil das dann am Konzept noch nicht das ist. Und so wie ein anderer Gebäude, ein Restaurant an Sachen, wo die Stadt Lützeburg schwört, wir wissen das, wir gucken nie, nur den höchsten Loyer zu froh, wir gucken nur eine Solution zu haben, die auf der Platz die beste ist und die adaptiert ist für die Besucher von den Leuten. Vielmals merci. Merci, ich bin froh für das Equilibre ein bisschen hier gestaltet zu haben, weil das, was ich heute gehört habe von der Madame Müller, ein Scheck gehen von 3 Millionen. Also, er kriegt keinen Scheck. Er möchte Stadt Lützeburg können just singen, Obligationen als Proprietär. No. Wir sind der Proprietär davon, an die Installationen, die wir schon Jahren hatten, die waren auf viele Pläne, waren sie einfach, und sie nicht mit dem sprach, was heute gefragt wird, von der Sicherheit und von der Hygiene. Ganz einfach. Und wir haben das viel Lodro geschafft gehen, für eben zu gucken, wie das kann so organisieren, dass das, was Herr Radulo genau erklärt hat, weil den Restaurant, der muss zugemacht gehen, ne? Der muss zugemacht gehen, da kann nicht weiter geschafft gehen, weil das für allem innen an der Küche, an den Kielrein, an eben bei den Toiletten, wo wirklich muss ganz frisch gemerkt gehen, weil da ganz viel, wenn das gesagt gehen, Infiltrationen waren, weil eben einfach muss das ganze elektrische System muss eben enorm gesagt gehen. Also er kriegt keine Kado, wir Stadt Lützeburg machen einfach als Obligationen als Proprietär. So wie wir da doch gemerkt haben, an dem Restaurant, den von einem Monat abgegangen ist, an der Badanstalt, wo da doch Restaurants, die uns gehören, da wo wir Renovationen so gemerkt haben, dass sie eben dementsprechend, was heute gefragt wird. Dafür muss ich sagen, ich fand die innerschwellige Nuancen da wirklich ganz ungesund. Wir versichern, wir müssen gucken an den jetzigen Exploitant, der muss effektiv gucken, mit seinem Personal zu gucken, wie das möchte. Wir versichern, dass ganz die Restaurants ja gemerkt gehen, für dem Theater zuzuspielen, also zuzuschaffen. Dafür muss immer abholen, wenn Theater gespielt wird. Das wird ein direkter Lien mit dem Theater. Ihr wisst, dass man oben am Theater selber, wo man ja auch, wenn Theater da gespielt wird, wo wir servieren, da haben wir die größten Schwierigkeiten für ihn zu finden, für das zu machen. Wir hatten ihn, den hat er aber gekündigt, weil das eben einfach nicht, also als Geschäft muss er ja sein Geschäft können machen, jeder in die Menge könnte das machen, hat sich können melden, ne? Wenn der Dosen die Mengen sie könnten machen. Wir hatten ausgeschrieben, und wir haben keinen von, wenn wir lo gingen fanden, eine Übergangslesung für Oven, den Erbichten zu machen, tant mieux, soweit sind wir aber noch nicht, für auf der Madame Gage hier froh zu antworten, ja, da muss ich effektiv gucken, bon, das fällt doch hin, weil kein Betrieb mehr da sind. Aber kein Betrieb ist, kann noch kein Terrasse. Mit Moment eng Zeit oder Zentrum einer gewisser Zeit war ja dann am Winter eben die Hütte,
Da war es wie bei Film. Die einen haben es super gefunden und die anderen nicht. Wie gesagt, das ist bald fallen lo, während den Nächsten nicht, weil eben da nicht kann, weil eben da am Restaurant nicht wie kann gekocht gehen. Wenn ich nicht kann kochen, kann ich noch nichts servieren. Dafür, ich hoffe nicht, dass die Erbisten, die hier geplant sind und die von mir eisen Obligationen ganz einfach just noch kommen, wo den exportiert, ja nicht mehr, kriegt ja nicht 1 Meter Carré mehr zur Fassfuhr kann sein Restaurant machen. Also genau die nämlich zur Fass, die sind innen an der Küche, an den hygienischen Konditionen antielektrisch. Das muss natürlich überall gemerkt gehen. Dafür, ich hoffe nicht, dass die Erbischte können so auflaufen, dass man wenigstens noch engem Jahr ein Restaurant haben, den die Leute, die dann an den Theater gehen, wirklich können auf ganz normal, komfortabel und sicher Manier können do an das Restaurant gehen. Voilà. Das geplant Jahr, ich hoffe, dass man dann engem Jahr fertig schon. Weil wir machen die Erbischten, wir geben keinen Scheck, wir machen die Erbischten. Stadt Lützeburg möchte die Erbischten, nicht, kriegt keinen Frank. So, ich stelle also das Projekt zum Wort, wen ist dafür, wen ist dagegen, wen enthält sich, dummer, dass das Projekt so umgehauen. Dann kommen wir den auch, da kommen wir bei Konstruktion von einer Residenz an der Rue des Aubépines, das einerseits die Residenz mit Appartement an der Woche neben drin, der Restaurant, die könnte ich erinnern, man hatte für eine Reihe Main-Tummerei, hat man dafür den PAP angepasst. Das heißt also das Resultat davon sind dazu Wortmeldungen. Madame Gasch, den Herr Werner, ja. Madame Gasch. Merci. Ja, bei diesem Projekt ist es durchgeführt, Niveau von den ökologischen Kriterien mehr weit zu gehen, wie die Norm, was wir absolut begrüßen. Los hat ein Pilotprojekt. Und du wolltest schon, ob man da noch, wenn bis fertig ist, auch ein Feedback kriegen, wie es gegangen ist, ob eventuell beim Bau verschiedene Materialien sind, ja, war an der praktischen Umsetzung besser sie wie andere. Auch gibt ja mit Geothermie geschafft, wo man versichert konnte, dass das auf dieser Platz auch nie Probleme geht. Mir wurde auch interessant, wie für noch ein zu gucken, wie genau bei der Umsetzung gegangen ist. Und dann auch generell denke ich, wird ganz interessant für ein zu sehen, bis Leute da wohnen, wie die das ganz erleben, ob es den nötigen Komfort gibt, wie das hier angedurcht ist. Ich denke, das Kind wirklich ganz interessant für uns sein. Und darüber hinaus wollte ich abrufen, für nicht nur bei einem Pilotprojekt sind zu lassen, sondern für natürlich so ein Projekt, wo man mehr weit geht, wie Norm weiter auszubauen. Wir stimmen das natürlich mit. Merci, Herr Werner. Ja, merci, Madame Boyemisch. Wir werden den heute Projekt auch mal stimmen. Wir fanden das doch ganz spannend, dass sich ökologische Mesure geholt sind, die über die Norm gehen. Das eng gut Sache und das soll auch mir oft gemerkt gehen. Das hat natürlich auch einen Kostenpunkt. Was den Kostenpunkt angeht, und das ist eine Frage, die ich hat, und die betrifft doch das nächste Projekt. Dafür werde ich dazu nicht mit Wort ergreifen. Das ist ja so, dass die Wohnungen, die sind ja auch Pakt Logement aus sich, das heißt, sie gehen auch nicht subventioniert vom Staat, von der Stadt richtig verstanden nun. Richtig. Ja. Voilà. Das heißt, dass der Staat kann die Loyer, die Staat kann sowieso an eigene Regie Kriterien der Loyer festlegen und dafür sorgt froh, justement, weil wir auch nicht am Genuss kommen von den Subventionen für zu wissen oder zu assurieren, dass weiterhin die Logementer weiterhin werden stark abordabel bleiben und laut was für ein Kriterien. Merci. Wir stimmen das heute mal dann die nächsten noch. Merci für die positive Approche zu dem Projekt. Ja, wir sind hier mehr weit gegangen, wie das dann das normal, lass mal so, am ökologisch. Aber, Madame Gasch, für das Pilotprojekt, den heute so an sich als Pilot. Das heißt, wir werden gucken, und natürlich, sobald sowohl das Restaurant wie eben die Appartementen fertig sind, werden wir versuchen, daraus eben Lehren und Experienzen zu ziehen. Es gibt keine schlechten Experienzen. Entweder sind sie gut, dann sind sie gut,
oder sie vielleicht nicht so gut, aber wenn dann daraus lernt, da wären sie auch gut. Das ist genau das, was wir mit einem Pilotprojekt wollen machen. Und wandelt sich natürlich als ganz positiv, und auch mit den verschiedenen Materialien, die gebraucht gehen, als positiv entwickelt. Aber ja, dann da wird da eine neue Manier gehen, wie wir auch an anderen Projekten werden gehen. Dass es natürlich Medaillen gibt. Ich meine, das brauche ich keinem zu erklären, das sieht er. Da sind wir bei einem Projekt von Erdlogementen, die Medaillen sind wie die nächsten, die wir haben, die von 15 Appartementen. Mit das eben einfach kommt ein ganz anderer Erderweise, ein Bauerderweise, den ist mir billig. Wir wollen mit den as aber für do wo lo asmengen schon wir dat gut den as vivre sans voiture do kommen Wohnungen die sind direkt an der Gare den as wirklich ganz gut ugebunden das an der Rue de Bonnevoie also die nächsten ich komme vielleicht darauf van der darüber hai lo versicht eben am Bau wirklich zu versichern die neiste Wehr zu go an dann hoffen wir dass sie natürlich auch als positiv sich herausstellen. Voilà. Ich setze also lo für dich den Do-Projekt zum Wort, wen hast dafür? Wen hast du gegen, wen enthält sich Unanimität? Und da kommen wir bei den Letzten, das sind eben Logementen, 15 Logementen an 2 Kommerzen an der Rue de Bonnevoie. Sind dazu Wortmeldungen, Madame Gage? Ja. Und Herr Werner hat ja schon seine Appreciation gesagt. Ja, Madame Gage. Merci. Ja, wir haben ein Projekt sans voiture, an das gedurcht das Leute Fuß gehen, öffentlichen Transport holen, und auch mal Velo fahren. Wir haben eine Veloskeller, wo man in der Kommission länger darüber geschwärzt hat, dass sie 3 Tieren hat, bis da sie an seinen Veloskeller könnt. Wir haben erklärt, dass das so ist, weil 4 Kommerzen können hier Vitrinen holen, und dass der Veloskeller dafür Hanne launcht das. Aber das Projekt ist ja auch so geplant, dass die Accessibilität für Personen an Mobilität reduziert gehen ist. Und ich denke, wenn die 3 Tiere so funktionieren, dass sie ein Badgensbuch beihält oder einen Knopf drückt, für das die automatisch abgeht, was ja interessant ist für den, der am Velo rausgeht, aber auch für den eine Mobilität reduziert hat, dann ist das nicht so wild, wenn die 3 Tiere da sind. Wenn ein Alkas muss sein Velo aufstellen, ein Tier muss absperren, und dann am Velo muss durchfahren, und der Tier sich muss zumachen, dann ist das nicht ideal für die Leute, so auf dem Velo zu kriegen. Dann ging ich auch bitte für zu gucken, dass den Trottoir für der Entree aufgeflacht wird, für das man Velo einfach von der Straße rackend, dann durch die Tür und dann an seinen Veloskeller, einfach weil, wenn er auf der Straße muss vom Velo hochklammern, dass sein Velo muss auf den Trottoir hier, wenn da steht den relativ schlecht an dem Verkehr. Schon mal auch nach der Frage gestellt, ob es nicht interessant wäre, für ein Achse für Fußgänger Velosfahrer Hannen rauszuholen. Du sollt ja mal einkehr den Achse zur Gare von der Bonneweger Seite aus, von der CRW der Stadt sollte nicht revisioniert. Ja, das sei. Ich komme drauf. Ja. Froh dir. Ja. Okay, du wärst froh, wenn das so ist, wäre dem noch interessant für du eine Sortie zu haben, du könnt man da vielleicht mehr so. Und schon durch dem noch dass du Angst gemacht wird, wäre das vielleicht gut, wenn das da schon viel gesehen hast. Ja. Voilà, dann nach zum Punkt Lärmschutz habe ich mich gefragt, ob du hier gesehen hast, dass gerade Hannen raus wird leider einen gewissen Lärmschutz da ist, weil du ja aber ein paar Sourcen von ein bisschen mehr Kamedi gibt, gerade mit der Gare, auch mit der Rotonde und so weiter. Und finalement, nach einer Frage zum Gart, schon mal nämlich, wie ich mal das Projekt angeguckt habe, gesehen, dass du relativ viel Versicherung hast mit Betonspaveen. Wäre es nicht möglich, eine andere Lösung zu finden, mit Rasengitter oder mehr Begrünung oder ähnlich, für das der Garten nicht so viel betonisiert ist? Voilà, das wäre meine Frage. Vielmals merci. Merci. Bon, ich komme gerne auf die Fragen zurück. Also, nee, pardon, Herr. Also, wenn ich das pour autant, wir haben effektiv die Projekte in der Kommission diskutiert und ich bin effektiv froh abgeworfen gehabt von den Tieren für an den Veloskeller zu kommen, weil da 3 sind und nicht vor und so nicht viel Velo, mich aber manche bisschen eine praktische Sinn. Und ich meine, die Service und dadurch den Punkt verstehen, sie gucken, also in unserer Kommission so gucken, wie ihn das kann aménagieren, vielleicht ein Tier, die zwar muss da sein, mit die aber vielleicht permanent absehen, dann noch bei den anderen, die kann
eventuelle Knäpchen direkt dazu abgehen. Ich meine, das ist so nicht verstanden, dass man das sollen möglichst praktisch ausfeiern, weil effektiv die Moyen gehen, wo die Leute heute benutzen, für sich ernst wie zu Fuß zu bewegen. An die anderen macht ich meine, haben drunter aus dem Terrain, du hast noch relativ viel geschafft. Ich meine, im Moment das nicht viel gesehen, dort können Sortien zum Beispiel mal all die Arbeiten noch gemerkt gehen von den auch vom Stromnetz, das manche eine Trafo, den du als ein anderer sagt, musst du gemerkt, du bist dort kann nicht in Aktie von Handel geschwert, und das ist manchmal noch ein anderes Thema. Man hat nicht so, dass es effektiv flott die Projektion wird, das ist aber ein guter Platz, leid gut. Wir brauchen die Logemente auch an dem Quartier. Und das ist effektiv ein bisschen mehr preisgünstig wie die Projekt Pilot für Drohnen, wo ich so froh ist, aber du sagst einfach auch, muss man aber ein bisschen effektiv bauen, das heißt, dass man ein bisschen ein Kapitel mit Testen finanzeffektiv zu realisieren. Merci. Merci. Bon, ich versuche, die verschiedenen Punkte zu erinnern. Da dient die 3 Tiere mit dem Velo, also da sind nicht ganz auf ihrer Seite, das ist nicht ganz praktisch. Den Herr Radu hat uns ja schon ein bisschen beruhigt, dass als Service das gemerkt haben und dass sie da Lösungen sichern. Die Idee, dass in den Trottoir so mischt, wie wenn ein Garagenentrée ist, das schenkt mir auch eine gute Idee zu sein, für da ranzukommen. Der Gerd Hannen ist ganz groß. War ganz schon betoniert, dadurch, dass hier eine ganz große Garage war. Also, ich bin die Garage nach Madame Loschetter gucken gegangen gewesen. Sind also schon lange Jahre hier und da haben ganz viele Leute dran squattiert. Die haben da squattiert und die sind ganz, ganz weit durchgegangen. Und das war betoniert, das war eine Garage. Dafür wird noch ein bisschen eben davon übrig sind. Aber sonst haben drun ist noch viel Gerd. Und ich hoffe, dass der Gerd hier noch so bestmöglich von all den Leuten, die da wohnen kommen, kann genutzt gehen. Sie hat das mit Beter auch, dass sie einen Terrasse füllen haben, das schenkt man auch klar. Aber die können ja so aménagiert gehen, dass effektiv Rasengitter da geholt wird. Also ich meine, das werden wir so gut und so schön wie möglich machen. Der Lärmschutz noch Hannen, ja, Hannen drin, da als Schluss, da sind ja die Bushaltestellen von den Bussen, die eben da innen aus dem Süden kommen. Ne? Und das ist eben Straße, das ist eben Trokat, dann Bushaltestelle. Wenn wir ich meine, die nebendrun sind ja auch heiß. Ich meine, da muss ja aber dafür sichern, eine gewisse Unität zu kreieren. Ne? Dafür eine Sortie, also ich gesehen, dass im Moment der Ball fällt nicht, wenn ich das alles ernst das aménagiert wird. Die hat effektiv, also CRL, die hat ein effektiv ein Projekt, wo auf der anderen Seite ein Durchgang wird bis auf Gär. Ehrlich gesagt, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Dafür weiß ich nicht, ob sie den nach an irgendeinem Tierrang haben. Aber wenn das so wird, dann könnte man eigentlich darüber schwätzen. Ich hätte aber noch für drin, vergisst dem Herrn Werner zu antworten, ob die Konditionen, wie wir Eislogement abordabel verlohnen, da haben wir auch Kriterien. Ne? Da haben wir Kriterien auch, das ist nicht einfach so, das ist mir Kriterien von Abkommens, Kriterien, die nämlich, wie überall, dass die nicht proprietär schon ist, von etwas, dann in der Stadt schafft. Das schenkt uns essentiell, dass in der Stadt schafft. Ne? Weil für die Leute, wenn in die Leute kann evitieren, dass sie müssen eine Stunde dahin und zurückfahren, dann meine ich schon mal gut geschafft für die Leute und noch für die Stadt. Wir haben da ganz klare Kriterien. Ne? Voilà. Wir stellen also auch dieses Projekt zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Pardon? Hat die Regental? Okay. Merci. Enfin, merci. Ja. Das ist also notiert. Dann kommen wir bei den Urbanismen. Also für die Modifikationen, die wir schon angeholt haben, am September letztes Jahr, an die Modifikationen, die hatten wir ja schon angeholt aufgrund von Reklamationen, die kommen waren. Hier geht es am Fonglo nach just juristisch, nach ein paar Reklamationen ging das, was wir da angeholt haben, da haben wir noch immer die Maquette davon,
An mir sinn hai den Claude, du hast just net hai, so wie hier selber gesot huet an der Kommission, wir sinn hai op engem Niveau vun Technizität, vun Technizité juridik ukom, dat het ganz kompliziert mecht ausser et as ganz an der Materie vum Urbanism a vun der Interpretation vu verschiedenen Termen dran. Ich ging also mir als Proposition also bei Eisen nämlich den Antworten zu bleiben, die wir hatten, wie wir den 24. September letztes Jahr dat ugeholt haben. Und da geht es eben an Prozedur, werden Gerichte da so, wen mehr Recht hat oder wen man Recht hat. Kann ich davon ausgehen, dass der Gemeinderat ans Doran unterstützt? Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Dann Classement comme patrimoine culturel national vom Immeuble 26 Avenue Marie-Thérèse. Da proposieren wir einen positiven Avis zu gehen. Kann ich den zum Wort stellen? Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Dann das Lotissement de Terrain. Sind wir auch da d'accord mit den Propositionen? Ja, vielmals merci. Oh, wir kommen besser vor, wie ich gefragt habe. Dann kommen wir bei der Organisation provisoire von dem Konservatoire. Wollt ihr dazu Stellung holen, Madame Reiland, an den Herrn Werner, Madame Reiland? Ja. Merci, Madame Boyer-Mister, für die Fuhr. Also, es wird dann wird lascht sehen, dass ich Halberne vom Konservatoire werde schwatzen. Und das tut mir wirklich immens leid, weil ihr wisst, wie wertvoll mir die Konservatoire ist, an ihr Halberne da ja wahrscheinlich, sicherlich auch. Es geht dann um die Organisation provisoire vom Konservatoire, die Definitivversion, die kommt am November. Seit Jahren wissen wir, dass das Konservatoire saturiert ist. Seit ich Halberne sehe, das sind 8 Jahre, so nicht all Jahr ist dasselbe. Wir müssen Erfahrungen machen, auch schnell. Die Werdelösten, die gehen immer mehr groß. Es sind 2000 Leute, die werden, hier ranzukommen. Ja, so geht es erfahren. Eine provisorische Extension à court terme, eine definitive Extension à long terme, eine Étude de Faisabilité. Das dauert mir zu lang. Haus Michel Rodange, ja, die Renovation vom Saal, jo, die ist am Gang oder geht lo gleich Jo, es geht nach einer Erfahrung die Lokation von einem Gebäude an der Straße vom Konservatoire. Am letzten Conseil haben wir die Renovation von einem Gebäude am Bissavé gestimmt. An einem anderen Gebäude delen sich die Konservatoire und die Instruments auf Lucilin Platz. Et Gisell an de Lycée genutzt, dat alles as positiv, aber es geht nicht schnell genug. Du gëtt nach einer Pisten, könnten sich nicht zum Beispiel Primärschulen, Präkossen, die Mütters zusehen, auch Saal zur Verfügung gestaltet gehen. Es gibt dann auch neue Enseignern angestellt, aber das begrüßen wir natürlich ausdrücklich, aber das geht alles immer noch nicht durch. Das geht lo auch recht gemacht. Seit 8 Jahren so ein Afromer ist. Und auch dazu, die schon ganz oft habe ich schon ganz oft gefragt, ein Inventaire mit den eidelstehenden Gebäuden Asel, die wir hier im Territoire von der Stadt Lützeburg haben. Es gibt der Gebäude, und ich verharre darauf. Guckt, wo am Nutzen, schnell. Ich verstehe eigentlich nicht richtig, für was er das nicht macht. Werdelöschte wiest, und es gibt ja nicht nur einen Platzmangel für den Musikunterricht, sondern auch an anderen Bereichen als der Mangel um Platz, von den ganz großen Defien hier in dieser Stadt, weil wir wissen alle Guten, wie schnell die Stadt wiest, und wie viel Platz gebraucht wird. Das wäre wirklich wichtig für alle Metakari zu nutzen. Ich will aber aufschließend dem Herrn Meyers und dem Herrn Bausch an der ganzen Equipe vom Konservatoire für hier immens gut Arbeit felicitieren. Das Konservatoire ist eine lebendig, kreativ und kulturell unendlich wertvolle Institution hier an unserer Stadt. Und auch, wenn ich hier bei Menge Unterstützung nicht mehr wert können gehen,
So werde ich ganz sicher de Konservatoire nicht aus den A verlieren. So nicht merci für den Nullast. Merci auch. Merci auch. Herr Werner. Ja, merci auch. Vielmals merci auch der Direktion vom Konservatoire und dem ganzen Personal vom Konservatoire, die auch wirklich eine immense Arbeit schlichten und dann dementsprechend doch zum Succès vom Konservatoire beidrohen. Sie sind natürlich Victim von dem Succès, das wissen wir ja auch. Und das schon gesagt ging, sind da Jahren diskutieren wir darüber, dass nicht genug Plätze da sind. Also eben viel gesehen am Moyen et à long terme Extensionen sind viel gesehen. Das ist ja auch gut. Es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten für am Moyen terme Aktivitäten unterzubringen, wie Madame Reiland doch gesagt hat. Ich hatte aber eine andere Frage, die auch abgeworfen ist an der Kommission, wenn ich den Bericht lese, dass den anderen Problem nicht den Gebäulichkeiten, das den vom Rekrutement vom Personal, den jo mi kompliziert ginnas respektiv man flexibel ginnas durch Änderungen an dofir még froh wie us justéfir vielleicht ein bisschen méi beschéet zu wissen, wat fir eng Änderungen die Sachen nicht kompliziert gemacht hun, der Rekrutement méi kompliziert gemacht huet, a wat für eng eventuelle Lesungen vielleicht doch do bestehen. So nicht merci. Merci auch. Bon. Ich bin mit allen zwei ganz d'accord. Ich meine, wir stellen seit Jahren den Succès vom Konservatoire fest. Wir freuen uns darüber, die können nicht von nichts, die können von einem formidablen Ansatz von den Leuten, die hier arbeiten, die sich dafür hier gehen. Wir haben alles versucht, besser zu machen, über die Ausschreibungen. Ich meine, da sind wir gut weiterkommen. Sie können sich mehr einfach ausschreiben, aber dafür ist die aber nicht mehr klein gehen. Bien au contraire. Wir haben vieles gemacht. Und ich bin noch merci, ich meine, die hat selber in der Strache. Wir haben vieles gemacht. Wir haben wirklich aber eine ganz Reihe vis-à-vis konnten lohnen, und ich meine, das ist ganz wichtig. Wir haben Derbichten an Michel Rodange, die gehen wir haben gestimmt, wir haben da doch, ja, Gott sei Dank, auch an L'Unanimität gestimmt. Wir haben die BSAW, wir haben für eine halbe Stunde haben wir de Chicago, das geht alles ja an dem, dass sie den nämlichen Wunsch für eben Möglichkeiten zu schaffen, für die Leute, die sich völlig kulturell an der Musik, am Gesang engagieren, für denen die bestmöglichen Konditionen zur Verfügung zu stellen. Wir haben die best, also den Direktor und Direktor Adjoint haben die besten Relationen mit eben den Lycée rundherum, für eben da alles, was nicht mehr möglich ist, die Zell eben noch zu benutzen, wenn der Lycée sie nicht mehr, wenn der Lycée sie nicht nutzt. Weil das möchte ja die ganze Organisation nicht so einfach. Kanner gehen eben meistens an der Konservatoire, wenn sie nicht an der Schule sind. Da gibt dann aber für sich, dass wir auch keine Schulunterricht, Musikunterricht an der Schule machen, für eben so Sachen besser zusammen zu organisieren. Also dafür ist sie ganz, ich hätte auch lieber, das kommt nach alles mehr schnell und nach alles besser. Wir wären am Gang, wir wären wirklich am Gang, während 1,5 Jahr konsequent und einen Bau zu planen, ob einem Bau, ob der Wiss die Uwe nach Freier sind, die uns gehört. Wo aber auch nebendran für den College oder vielmehr für den Gaston Tornschule gebraucht, die wir an die Hunde zusammen geguckt, wie ihr das könnt bauen, für dass die eng an die anderen könnten eben just davon profitieren, wenn die anderen nicht da wären. Wenn wir Schüler sind, die nämlich können dann gehen. Aber einmal, und das gescheitert, kann ich so und klänglichen Diskussionen, ja, wie baut es dann lo, wenn den einen baut, den nicht proprietär ist, muss den dann die anderen aber Loyer bezahlen, oder wenn nur 20 Jahre, wenn nur 20 Jahre fällt dann das Gebäude und der Proprietär zurück. Bon. Die Diskussionen sind im Moment aufgeschlossen. Die sind aufgeschlossen,
Wir sind zu der einfachen Konklusion gekommen, wann do etwas soll gebaut gehen, da soll den bauen, den effektiv proprietär ist. Und das wäre ja in diesem Fall mir. Aber das muss dann aber, das nach nächst ein ganz großes Projekt, weil was nach von engem nicht geschwärzt gehen, von dem Umbau vom Auditoire. Ja? Vom Umbau vom Auditoire, der dann aber auch lo möchte, dass man den nicht mehr tun. Also lo, während einem Jahr, anderthalb Jahr, dass man den nicht tun. Aber für dort zu kompensieren, den Platz, der als da verloren geht, da haben wir müssten, und der tut den Direktor an den Direktor Adjoint bei wunderbar der Weiß gemerkt, nicht nur die Schulen rundherum, sondern auch mit Mämmer, mit den Zentren kulturellen, wo wirklich in den anderen hilft, so weit kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, wir brauchen noch mehr, wir brauchen dann noch mehr, wir brauchen noch besser Organisation, aber das ist nicht so einfach, weil eben auch, und da kommen wir bei dem Punkt, den Herr Werner angeschwärzt hat, und den der Direktor ja auch extrem klar zur Sprache gebracht hat an der Kommission. Die neuen Regeln für Profen, die machen es nicht mehr einfach für die Flexibilität zu haben und zu halten, die wir für drin hatten. Ihr wisst, für die Profen anzustellen, wir haben, an die Zahlen werden wir dann am November, am Oktober, November kriegen, wenn doof geschlossen ist. Wir lachen ja meistens bei 55, 45 Profen oder Chargieren. Das nicht, weil wir nicht wollen. Die ganz oft die Chargieren, die kommen auch von Anzwejanisch, wo sie auch nach Schule halten, oder wo sie am Orchester spielen, aber wo sie nicht mehr können gehen. Und das muss alles ganz strikt festgehalten gehen, aber eben dem Konservatoire die Flexibilität wächelt, die sie aber bislang, wo sie mehr hatten. Für mich genau wäre es gut, wenn an der Kommission den Direktor noch mehr genau darüber gehen. Wir haben lange für das Rentrée 40 mehr Enseignants angestellt. Aber auch die, für eine Schule zu halten, brauchen sie Raum. Also das eine geht mit dem anderen. Und, wir wissen, dass wir hier die Unterstützung haben, für zu sichern, nach einer Selle. Madame Reiland hat doch davon geschwärzt, von dem Haus, das wir an der Rue du 10 Septembre haben, was mit Lucilinio aus, wo wir auch, also wir, das Konservatoire, auch kann Kuren halten, das nämlich wird auch noch an der Rue de Chicago sind. Also wir kratzen nun allen Ecken, aber das, was wir lohnen, vis-à-vis, das wird aber eine Erleichterung geben, schon einfach aus dem einfachen Grund, weil es just vis-à-vis ist. Ich meine, du hast auch mit dem Accueil, mit der Mobilität auch von den Professoren, ist das aber mehr einfach. Weil kann in die auch nicht schicken, 2 Stunden durch und dann 3 Stunden drauf applausen. Ne? Also das sind ja dann einfach Distanzen, die Zeit an Ausspruch holen und die dann nicht unbedingt disponibel sind für die Kuren. Kann ich dann aber davon ausgehen, dass man auf jeden Fall mit dem, und auch wie es auch präsentiert wird, das wird so präsentiert, wie es am Gesetz vorgesehen ist. Kann ich nicht so, wie furchtbar übersichtlich. Ja? Wir machen es so, wie es am Gesetz vorgesehen ist, und wir hoffen dann, dass wir eben für Oktober nicht nur hoffen, aber da werden wir mehr klar Zahlen haben, wie viele dann wie es ist, und noch wo die verschiedenen Kurenwerte sind, und wie viel genau Profen, und wie viel chargierte Kuren wir dann angestellt haben. So, die stellen dann die provisorische Organisation zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Und Madame Reiland, wir werden nach drauf kommen, aber die werden als fehlen. Die werden als Alkes, wenn man schätzt. Ja. So, dann kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, eine Motion, die deposiert ist von den Grünen, der LSAP, den Piraten und die Link. Ja, nee, mit Piraten. Die muss sich neue Papiere schaffen. Ne? Die muss ich neuen Briefpapier bestellen.
Für die Opposition gehen die nicht bei. Das ist aber nicht schlimm. Das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So, wen kriegt Wort? Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boemeester. Voilà, ich meine von allem, dass das nicht mehr aktuell ist. Das leidet natürlich und die Piraten selber. Aber von allem leidet effektiv auch darunter, wie den Gabriel Boisonte gesagt hat, dass die Motion schon ein Jahr alt ist. Aber sie ist trotzdem noch gerade so pertinent. Und dafür erlaubt mich so kurz, ich nach einmal zu präsentieren und dann darauf anzugehen, ob eine Reihe Diskussionen, die wir hatten, an der zuständigen Kommission, respektive uns Änderungen, die wir aufgrund von den Diskussionen, die wir da hatten, proposieren, wissen, dass wir trotzdem nur zur Konklusion kommen, dass die Motion immer noch eine absolute Pertinenz hat, und da sind sie mit 2-3 major Modifikationen dann noch zum Wort bringen. Was ist das Objet von der Motion? Es geht eigentlich darum, dass wir als Gemeinderat, wir sind Vertreter von der Stadt Lützeburg, sollen den Interesse von allen guten Bürgerinnen und Bürgern, die an der Stadt wohnen, an unseren aber auch darüber hinaus, die an der Stadt leben, an der Besuch sind, sollen vertreten. Und dafür ist es umso mehr wichtig, dass die Gemeinderat so accessibel wie möglich ist und auch so transparent wie möglich ist. An der Stadt Lützeburg sind über 70% von der Population, die nicht Lützeburger sind, und wir haben auch immens viele Nationalitäten, die in der Stadt repräsentiert sind, nämlich zu dem Moment, wo man die Motion geschrieben haben, waren wir bei 167 verschiedenen Nationalitäten. Und wir sehen das also wirklich ein Atout und als eine Stärke, die wir an der Stadt Lützeburg haben. Leider ist das aber auch eine Realität, als schließlich eine absolute Minorität von den Leuten, die an der Stadt wohnen, die von ihrem Droit de Vote Gebrauch machen oder können. Und das waren da bei den letzten Wahlen nämlich 27,48% von den Elekteuren, also wir hatten 27,48% von den Elekteuren, die eben heute dabei waren bei den Gemeinden, die nicht Lützeburger waren. Das heißt, das wirklich noch viel Sput von Leuten, die zusätzlich müssten können beteiligen an der Gemeinderat, also an unseren an eben nicht repräsentativ genug. Der neue Rapport, zu dem Moment neu, mittlerweile ein bisschen mehr alt, über die Diversität Linguistik, die wir hatten zu Lützeburg, den hat klar gesagt, dass man zwar an absoluten Zahlen Lützeburg immer mehr wichtig wird, aber auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass relative Prozent der Männerleute gehen, die diese benutzen und das Französisch an Englisch und Wichtigkeit auch weiterhin gewinnt. Und aber wissen wir, dass der Gemeinderat von allem op Lützeburg auflebt, mittlerweile gibt noch ersat und du just eine Minorität von den Leuten, die von der Staat oder von den Decisionen, die wir holen, auch können Gebrauch machen. Und wir sind eben der Meinung, dass es justement wichtig ist, wissen, dass man so viele Nationalitäten, so viele Sprachen auf dem Territorium von der Stadt haben, auf ihre gut zusammenleben, dass es wichtig ist, dass man ein Maximum von Leuten einen Access darauf können gehen. Dann haben wir an der Motion auch festgehalten, dass eben zu dem Zeitpunkt, wie wir die Motion geschrieben haben, die Gemeinderat sowieso auch schon übersetzt, also auf Deutsch, eben für die Gebärdensprache zu machen. Und das aber auf Deutsch übersetzt, also eben für die Gebärdensprache, aber das nicht nur bei uns auch gedroht, dass alle Menschen von der Übersetzung profitieren. Und zu dem Moment haben wir dann an der Motion wirklich gefordert, dass die Gemeinderat dauerhaft übersat gehen op Französisch. Zu dem Moment goufen auch schon übersat, aber nimmen op Profit von 2 Conseillers Kommunen die Schwierigkeiten hatten für die Gemeinderat op Lützeburg zu suivieren. Der Tisch sech ein Objet, den man mit der Motion verfolgt, nämlich dass die Gemeinderat gibt dauerhaft op Französisch übersat gehen, der de Mond von Eis, wo man wirklich auch langmänglisch dafür gestritten haben, wo der Moment, wo der lang als Majorität dagegen wird, da sind wir schon entgegenkommen. Dafür wollten wir schon einmal felicitieren, für das die Gemeinderat, nachdem es mal doch alle Jahre gedrückt haben, gibt die Gemeinderat mittlerweile nicht nur übersetzt auf Französisch für 2 Conseillers, für die ganze Population dabei, und kann ihn das auch am Archiv nur lauschen. Dafür auch so nicht direkt, dass in die 2 letzten Tirien von dem Avid, von der heute Motion auch kann streichen,
weil sie mittlerweile nicht mehr so aktuell sind. Da kommen später Witten von der Motion. Wir haben eben gefordert, dass den heutigen Gemeinderat eben dauerhaft ob Deutsch übersetzt gehen, noch die Bürger dabei zur Verfügung gestellt gehen. Ob Französisch, das mittlerweile geschieht. Der T-Stadtwort kann ihn auch aus der Motion streichen. Deutsch, wie gesagt, die übersetzt, aber die Bürger dabei sind nicht zur Verfügung gestellt. Und wir meinen noch, dass es gerade so nötig ist, für ihn eben noch in Zukunft auf Englisch zu übersetzen, auch noch am Archivage zur Verfügung zu stellen. Dann meinen wir auch, dass die analytischen Rapporten auch sollten auf Englisch übersetzt gehen. Die sind im Moment just auf Deutsch und auf Französisch. Am Mengen, dass es ohne groß, dass der großen Aufwand wäre, der größte Kostenpunkt wäre, das auch sollte auf Englisch übersetzen. Und gerade so wie wir es wichtig fanden, da sind Resümeen und noch dort die Juren, à l'exception von vielleicht kritischen Dossiers, auch sollte auf Englisch übersetzen und nur auf dem Internet sitzen. Einfach auch für das mal so transparent wie möglich umgehen mit dem Ordre du Jour, den wir hier am Gemeinderat haben. Wie schon gesagt, wir felicitieren wirklich der Majorität, dass das auch angesehen wird, mittlerweile der Gemeinderat alle guten Bürgerinnen und Bürger auch auf Französisch zur Verfügung gestellt wird. Demnach kann ihn als Dranvit die zwei Letztiere herausstreichen und auch das Wort Français streichen aus den Avite, weil das sich mittlerweile erledigt hat. Gerade so meinem Raver, dass es immer noch bei der Stadt Lützeburg en matière d'accessibilité und auch der Transparenz vom Gemeinderat wirklich noch Sachen zu machen gibt. Und dafür meinen wir auch, dass in die anderen Punkte aus der Motion soll beibehalten. Wir hatten dazu auch ganz interessante Diskussionen an der Kommission du Contentieux. Und da gouf unter anderem eben auch sich Beruf auf Gesetz, nämlich das Gesetz über die Applikation von dem Spruchregiment, das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1984. Und erlaubt mir, dort zu zitieren, was da genau dran steht, was gouf sich nämlich Beruf eigentlich ob ein Artikel aus dem Gesetz, nämlich den Artikel 3, wo gesagt ist, dass man eigentlich zu Lützeburg voilà, Französisch, Deutsch und Lützeburgisch hatten, und da sehen, du wennst da nicht unerkannt auf Englisch zurückgreifen, was die Übersetzungen angeht, notamment fördern wir das ja an der Motion, für das der Gemeinderat übersetzt gehen, auch auf Englisch, respektive dass den analytischen auch auf Englisch übersetzt gehen. Und schließen ist den Artikel 3.4, da steht nämlich dran, dass en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse et en matière judiciaire, il peut, also da steht il peut, être fait usage des langues françaises, allemandes et luxembourgeoises sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. Bon, wenn ihr ein bisschen weiter guckt, dann seht ihr dann an dererseits Interpretation davon, dass es also nicht wirklich präzisiert wird, wird ausgesagt für den Usage von den Sprachen auf gemengem Niveau, und dass sowieso auch hier steht, il peut. Das heißt, den Artikel seht nicht, dass es muss sein, aber ihr seht, es kann. Schließt aber auch weiter Sprachen nicht aus. Wenn ich noch gerade so gut ein bisschen an den Kommentaren des Artikel lese geht, respektive an den Avis vom Staatsrat von dem Gesetz, zu dem Moment, also doch gerade so, dass auf denen zwei Plätzen, also einerseits am Kommentar des Artikel und andererseits auch am Avis vom Staatsrat, nicht irgendwie weiter Reflexionen gemacht hat, die weiter Sprachen oder so nicht zulassen, und dass sie dort so der Meinung wäre, dass in denen nicht kennt gebrauchen. Das heißt, dem dritte Gesetz nur sind wir wirklich der Meinung, dass das am Anfang Minimum ist, Französisch, Deutsch, Lützeburgisch, mit das aber erkennbarweise auf dem Gesetz, wo der Stopp beruft, für nicht auf Englisch zu übersetzen, respektive auf Deutsch, dass das irgendwie eine Kontradiktion wäre par rapport zu dem dritten Gesetz, und dafür sind wir auch der Meinung, dass in Richtung Deutsch, wo ja sowieso schon die Gemeinderat übersetzt wird, respektive Englisch für den analytischen zu übersetzen, für die mehr Leute zu treffen, dass du an dem dritten Gesetz auf alle Fall nicht irgendwie steht, dass das nicht möglich wäre. Dann haben wir auch eine Diskussion, wo es die Forderung gegangen ist, für die Publikation des Rapports analytiques geht. Da so, dass den Rapport analytique an RNA
en gewissen Valeur juridik hat op Basis vom Artikel 82 von dem Gemengengesetz aus dem Jahr 1988, so steht auf Fall ganz deutlich am Rapport auch von der Dotter Sitzung. Ich bin noch guckgegangen an Artikel 82 von dem Gemengegesetz. Der beschränkt sich aber ganz klar auf Reglementer. Also den Artikel 62, da geht es Reglementer, das eben eine Disposition, die sich wirklich exklusiver Publikation von den Reglementer basiert, und nicht andere Dokumente wie den analytischen Rapport in AS. Und dafür sind wir auch der Meinung, dass die Argumentation nicht zu halten ist, an auch das Gemengegesetz wirklich überhaupt kein Argument wäre dafür, dass sie nicht den Rapport Analytik auch auf Englisch übersetzen. Dann hat er so noch gesagt, dass es heute schon ganz viele verschiedene Publikationen am E-Rider von der Stadt Lützeburg veröffentlicht geht. Sie wird von Autorisationen, Avien, Komodo in Komodo etc., PAG, Publikationen von Mariagen, auch verschiedene Reglementer und so weiter. Und dafür gesagt wird, dass dafür den Ordre du Jour vom Gemengerot, respektive die Resümeen, nicht misst weiter eben veröffentlichen. Ich meine das gut, dass der Staat ein Sachen auf dem E-Rider veröffentlicht, das ist sowieso eine Obligation, die sie hat. Ich meine aber, dass das eigentlich auch ein Vergleich ist, den ich überhaupt nicht machen kann, weil wir ja fordern, dass die Resümeen und Ordre du Jour veröffentlicht gehen, maximal, also bitte mehr wie Lo, weil Lo ist das Minimum von den Resümeen, die veröffentlicht gehen. Dann fordern wir ja, dass das eine Information aus und Bürger an wir fordern ja die englische Übersetzung davon nicht am Delay, aber innerhalb von den auch paar Stunden. Dann ist das ja eine Forderung, die wir stellen, die gestaltet wird, für das Mailleiter davon profitieren können. Und wir fordern den Vergleich für dann einen Lien zu machen par rapport zum E-Rider, wo Dokumente, die definitiv sind, darauf veröffentlicht gehen, den hängt. Das ist ein bisschen wie wenn den Gift Vergleich machen und gebe so, dass alle Travaux Parlamentären oder d'Ordre du Jour von der Chambre oder Schaffen und Gesetzestexter, dass die nicht von dem Chambre sieht veröffentlicht gehen, weil wenn sie bis gestimmt sind, da sind sie irgendwann im Legilux. Die ist das am Vergleich, den an unseren an auch falsch ist. Hier geht es um Transparenz par rapport zum Gemengerot zu weisen, am Kader von den Arbeiten vom Gemengerot an dem Ordre du Jour von Hai, und nicht irgendwelche Reglementer, die erkraft sind. Da das effektiv die Richtplätze E-Rider, mit der das ein bisschen Verfall an unseren an, kann das nicht der Grund sein, für was das nicht durch am Vierfeld gibt. Nach mehr transparent sind, was den Ordre du Jour vom Gemengerot angeht, respektive die verschiedenen Resümeen, die aber eigentlich wichtig sind für den Bürgerinnen und Bürger dabei sind, eine erklärende Explikation zu geben par rapport zu dem Ordre du Jour, den wir haben. Ceci dit, so ich muss merci für die Nullausstre. Wir meinen auf jeden Fall als Oppositionsparteien, dass den heutigen Gemengerot nach bedeutend mehr accessibel muss gehen, noch mehr Transparenz muss walten lassen. Das einerseits was Dokumente angeht, andererseits auch was den Spruchgebrauch angeht, an den verschiedenen Moyens, die ihn hat. Für was das wichtig ist, habe ich exposiert, wenn in die Population von der Stadt Lützeburg anguckt. Und wir haben eben auch hier ganz konkret Propose gemacht, an dem wir gesagt haben, dass der Gemengerot doch so simultan auf Deutsch übersetzt gehen und noch diffusiert gehen, wie es heute sowieso, wie gesagt, schon gemacht wird, just, dass die Leute dabei nicht davon können profitieren, gerade wie auf Englisch, und dass das nur archiviert wird. Mir noch gefragt, dass die analytischen Rapporten eben auch auf Englisch übersetzt müssen gehen. Das muss nicht auch unbedingt an der Briefwort von den Leuten landen, mit kennen den auf dem analytischen, so wie in Haut existiert, einfach draufschreiben, die Übersetzung auf Englisch, von der Dono im Internet, gerade wie die ganze Seite von der Stadt Lützeburg ja auch übersetzt ist. Und wir haben eben gefragt, dass mehr systematisch Resümeen an Ordre du Jour geben, auch veröffentlicht gehen, und das Ganze doch nur auf Englisch übersetzt gehen. Das ist etwas, wo wir klar d'accord sind, dass das nicht passieren am Delay von den 5 Tagen. Aber das kann ich aber nur an den Tagen nachholen. Es sind alle darauf angegangen, für was das an unseren auch noch alle guten die Argumente, die brücht gesehen, dass die eigentlich schiefhällig sind, weil an alle guten den Gesetze, die da also in der Kommission genannt hat, und ich eigentlich wieder löscht, für was das an unseren nicht zutrifft par rapport zu den Forderungen, die
wir gestaltet sind. An dem Sinn giffen wir dem Gemeinderat proposieren mit denen 3 kleinen Änderungen, die ich gemacht habe, nämlich das sind die 2 letzten Terien von den Inviten, von den Considerants sie löst, gerade wie das Wort Français bei den Inviten streicht, weil das nämlich eine Forderung ist, die wir als Opposition lang gestaltet haben, mit der glücklicherweise entretemps schon nur kommen sieht. An dem Sinn, vielmals merci für die Unterstützung und merci für die Nullstrom. Merci. Ich will dort zur Stellung holen, den Herr Beaver. Eine Minute. Herr Wagner. Herr Weidisch. Okay. Oh, Herr Direktor. Wir haben schon gut geschafft. He? Merci. Also, wenn wir nicht so den Herr Beaver, den Herr Werner, den Herr Weidisch. Okay, wir gucken. Herr Beaver. Vielmals merci für die Worte. Wie gesagt, wir hatten die Motion an einer Kommission den 11. Juni 2025 und da haben wir auch ganz interessante Diskussionen, notamment eine Diskussion über die Hierarchie der Normen, die wir hier am Land tun. Wir haben über Gesetze gehen an die sind an einer Demokratie wie es Lützeburg ist, über Reglemente. Das Gemeindegesetz vom 13. Dezember 1988 war eben die Reglemente definiert. Und da gibt es auch den Artikel 14, den Herr Benoît nicht gelesen hat, das la langue usuelle parlée au conseil communal et le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s'exprimer également dans l'une des langues visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. An dem Regime des Langues gibt eben 3 Sprachen, die 4 sind, das Lützeburgisch, Französisch und Deutsch, und eben nicht Englisch. Und du kann ihn sich am Moment, wie der Moment ist, wie das Gesetz 4 gesagt, eben die Texte nicht an Englisch übersetzen, weil wir auch an der Kommission der Meinung waren, dass der Rapport Analytik eben ein Dokument ist, das unter das Gesetz fällt, und du das nicht publizieren am Englischen. Dann gibt es verschiedene Texte, die effektiv zum Beispiel, wenn Notar sagten, das erlauben und Expressis Verbis 4 gesagt, dass eine Traduction anglaise 4 gesehen ist, aber just auch für Societäten und nicht andere Gesetze, nicht andere Akten. Und dafür kann das eben nicht 4 gesehen. Was dann die anderen Punkte angeht, dass die Traductionen sollte gemacht werden. Ich meine, das Gemeng hat immens viel gemacht und möchte auch immens viel für die Accessibilität von allen Dokumenten. Wir haben eben einen Rapport Analytik, den auf Französisch und auf Deutsch übersetzt wird. Wir haben noch eine Traduction simultanée, die effektiv angefangen hat, auf Französisch, wenn es 2 Konzerne, die hier im Saal sitzen, und die auch ausgestrahlt wird, weil das per Facilität gemacht wird. Wir haben auch eine Traduction an Gebärdensprache, die auch auf Deutsch ist, das heißt, das ist auch am Moment accessibel, und sodass die Leute effektiv sich können all den Sprachen eben ausdrücken. Dann kommen wir dazu, weil die Motion also deposiert gehen, gibt auch ein Projet de loi von Herrn Benoît auch davon geschwärzt, da wird der Conseil d'État effektiv für ein knapp 7 Tage sein Avis gehen, den 1. Juli, mit der Publikation von den verschiedenen Procès-Verboten, und da steht ihm dann dran, dass du misst definiert gehen wird, oder dass ein Souhait vom Conseil d'État, die sieht, dass misst definiert gehen wird, das effektiv wir. Der Civil hat dazu auch ein Avis negativ gehen, dass die Rapporte nicht alle publiziert gehen. Weil da stehen eben Sachen dran, die ganz so sensibel sind, und wir noch ein Gesetz, respektiv ein europäisches Gesetz, das der RGPD ist, wo ich nicht alles publizieren. Ich weiß, dass du hast nicht davon geschwärzt, das ist genau der Punkt. Es gibt Reglemente, es gibt Reglemente, es gibt Gesetze, die müssen respektiert werden. Als Gemeinde möchte man alles, was legalement possible ist, für die Traditionen zu machen. Und dafür kann sie nicht mehr machen, wie sie am Ende möchte. Dafür ist in der Kommission auch der Wort ausgefallen, dass 3 Leute 4 waren, und 10 gehen. Und ich meine, das reflektiert genau das, dass als Gemeng muss Gesetze, die en place respektieren, und du willst nicht das Reglement kann ändern, bis eben dann die Projet de loi an der Chambre gewählt ist, und das haben wir auch an der Kommission als Rede. Wann das soll auf Englisch einkehr übersetzt gehen, dann ist es vielleicht in der Chambre so Gesetze zu stimmen, und da kann natürlich an all Gemengerot im Land auch alles auf Englisch übersetzt gehen. Das ist im Moment nicht der Fall.
Und dafür unterstützen wir als CSV-Fraktion die Motion nicht. So nicht mehr. Merci vielmals, Herr Biewer. Und dann ging ich doch dem Herr Weidig durchgehen. So klar, wer da will. Nee, will der schwätzen? Na okay, aber da geht er abgeschrieben. Tipp, da geht er abgeschrieben. Das ist kein Problem. Ja. Herr Weidig. Ja, merci. Ja, ich habe ein paar Kommentare zu machen zur Motion. Also ich fand die 4 Proposen am Prinzip fand ich nicht schlecht. Instaurieren und Tradition. Ich meine, wenn wir den Gemeinderat wollen, wirklich übersetzen, da soll man auch fair sein zu allen Sprachen und zu allen Leuten, die verschiedene Sprachen sprechen und respektive einen Spruch nicht gut können. Da fand ich Propos, als ob Deutsch, Französisch und Englisch soll sein, fand ich eine gute Sache. Da wird nämlich kein Spruch diskriminiert. Was der Moment auflädt, dass eine klare Diskrimination gegen Non-Frankophoner, weil nämlich nimmen auf Französisch übersetzt wird. Das ist unfair. Das sind noch Leute, ich zum Beispiel, Heinz, du Poeta kenne ich nicht, von der Französisch geschwätzt, weil ich ja 8 Jahre in England gelebt habe. Ich meine, ich kenne noch ganz viele, die halt zu Lützeburg wohnen, die nicht Lützeburg können noch nicht so gut Französisch. Ich meine, die genug diskriminiert. Ich verstehe auch nicht, wie das Gemengegesetz, ich meine, Gemengegesetz regelt, aber es ist schon nicht, dass wir nicht von der Stadt Lützburg einfach so, dass wir einfach all die Sprachen übersetzen. Ich sehe da absolut kein Problem, dass man das machen. Den zweiten Fall, der Rapport Analytik Europäisch zu übersetzen. Ich sehe da auch im Moment kein Problem damit, weil Englisch als klar die Weltsprache, ich meine, die meisten Bayers kommen, die verstehen alle Englisch, verstehen viel besser Englisch wie Französisch. Und ich fand, dass man auch da Leute auskennt. Also, wenn man schon Sachen übersetzen, dann soll man sie auch für sie alle übersetzen. Und ich gehe auch nicht, für was das Gesetz, das Gesetz ist nicht explizit, dass man nicht auf Englisch können machen. Das Gesetz ist süß, das und das muss gemacht werden. Es ist schon nicht, dass wir nicht als Städter Gemeinderat so, wir wollen etwas extra dezidieren, dafür fand ich das am Anfang und auch kein Problem. Und das halt nur die Jour halt auf Englisch übersetzt wird, das fand ich auch kein Problem. Ich will echt ein Problem mit hier konsiderieren. Aber das freut mich am Anfang, dass die Grünen endlich anerkennen, dass das Lützburger Spruch wirklich nicht gut geht, dass es immer mehr aus dem Alltag verdrängt wird, weil das ja ein Argumentär, der Lützburger Spruch wird verdrängt, zu viel mehr Leute, mit viel mehr andere Sprachen, die heißen, und dafür muss man auch andere Sprachen übersetzen. Ich meine, das ist klar, dass das Phänomen für ein 3-4 Jahre nicht da war, und das war das Lützburger Spruch systematisch all Jahr mehr aus dem Alltag verdrängt wird, an die Leute, die halt plötzlich wohnen kommen, so nee, wir müssen das also mal einen Spruch machen, so das auf Französisch oder auf Englisch. Und das ist wirklich eine große Gefahr für unsere kulturelle Identität. Und ich bin froh, dass die Grünen dummel ja den Beweis selber geliefert haben, dass der Lützburger Spruch nicht so gut geht, an all Jahren wie schlecht geht. Ich will auch noch etwas sagen zur Interprétation du Conseil communal en français depuis le début de cette législature et que cela ne pose aucun problème ni au niveau technique ni au pratico-budgétaire. Ich kann mich da erinnern, wie Madame Pulver gesagt hat, ja, mal eine Person, die das nicht so gut Lützburg kann, sie hat aber versprochen, dass sie Lützburg lehrt und dass die Traductionen, die Übersetzungen, die im Moment gemacht werden für Conseil Kommunalen, dass die nicht temporär sind. Aber ich stelle fest, dass noch 2 Jahre oder einem Jahr die Versprechen von denen nicht angehalten gehen.
Ich stelle aber auch fest, dass auch Mammesprachler haben, die halt nicht Lützburg als Mammesprach haben oder nicht oder hinkommen. Madame Bömmel zum Beispiel, hier Mammesprach als Deutsch, sie hat aber kein Problem, Französisch zu verstehen. Sie hat ganz viel mehr gehen, also sie hat auch ganz viel mehr Lützburg zu schwätzen. Und ich wollte hier dürfen mal merci so, weil nee, ich fand das ganz wichtig, weil sind die eng die kommen an als Land an die probieren wirklich alle Spuren zu lehren und ich fand dass man denen solle wirklich merci so für einer die dann so nee ich brauche unbedingt eine Übersetzung weil ich diskriminiert mir aber kein Vormache für mich Lützeburg das Schwätzen oder doch die anderen Sprachen das fand ich nicht an der Reihe. Also in dem Sinne, ich fand am Fongo die Idee von den Gring für Wammer übersetzen, da sollen wir auch Altsprachen übersetzen, Deutsch, Französisch an Englisch. Das fand ich eine gute Idee. Dafür sind ich dafür, ich fand das süß, 2, 3 Aussagen, diese gemacht sind ich nicht einverstanden, dafür werde ich mich enthalten. Merci. Merci, Herr Werner. Merci, Madame Böhmischtech. Ja, ein kleiner Remark, weil die Spruchefroh ist immer eng sozioökonomisch froh. Den Herr Weidig hat von den Leuten geschwärzt, die Lützeburg geleiert haben, und das auch wirklich immer zu begrüßen. Das ist nie einfach, zumal von den Erwursen, dass oder einen anderen Spruch geleiert haben, von den Erwursen, dass sie einen neuen Spruch zu lehren. Das ist nicht immer evident. Ich kann das von daheim aus, wie das meine Mama Französisch war, 1949 geboren, zu Marseille, an einer Familie von den Kanner, Arbeiterfamilie. Da sind sie mit 14 Jahren arbeiten gegangen. Meine Mama ist mit 14 Jahren arbeiten gegangen. Das war damals nach den Age legal in Frankreich. Sie hat über 40 Jahre lang zu Lützeburg bis zu ihrem Tod gelebt. Und sie hat nie Lützeburg gekommen. Obwohl sie auch geschafft hat, der Kaffee und so weiter. Für was? Ganz einfach, dass sie nicht gleich für den Spruch. Und zum Beispiel an den Frankophonen einen germanischen Spruch zu lehren, das ist nicht so evident. Und neben der Arbeit oder neben kann er auch noch einen Spruch zu lehren, das ist auch noch nicht einfach. Zum Beispiel, wenn er eine Skolarität hat, die eben mit 14 Jahren abgehalten hat, voilà, hat er nicht immer dieselbe Bagage, hat nicht jeder eine Chance, fies von Profen oder von Advokaten zu sein. Das muss ich halt so ein bisschen mehr pragmatisch gucken. Mir hat ganz Leben lang Kruzieren mal vorgeworfen, sie können keine Lützeburg schwätzen. Bon, das ist egal. Und ich meine, das ist nicht die einzige Person hier am Land, die an dem Fall ist. 1920 go frei am Gemengerot, ich habe ein gelesen, Procès verbal aus dem Jahr 1920, ein gelesen, ich weiß nicht mehr für was. Du hat ein Conseiller von der Arbeiterpartei, den hat auf Lützeburg geschwätzt. Du hast ihn fertig gemacht, von den anderen. Krute gesot hat entweder Französisch oder Deutsch geschwätzt, und nicht Luxemburgisch Deutsch, wie nachdem du geschrieben gouf. Und das war zum von den anderen, die aus der Notabilität kommen, an Demos war es eben nicht übrig, Lützeburg zu schwätzen, weil das so gesehen ging als ein vulgäre Spruch aus dem Volk und so weiter. Und wann etwas für sich gehalten hat, den einen anderen Spruch gelehrt. Das ist auch schon damals ein sozioökonomisch froh. Und lo also Tremeng. Und ich meine, du musst ihn aber vielleicht können, ein bisschen mehr pragmatisch vorgehen. Es sind juristische Argumente avanciert, wie wir das nicht machen können. Ich stelle die juristischen Argumente gar nicht, weil wir schwätzen nicht unbedingt von administrativen Akten oder von Notariatsakten. Wir können zum Beispiel schwätzen von Übersetzungen oder auch vom Site, sogar vom Internet-Site. Ich meine nicht, dass du irgendeine Modifikation machen musst, wenn ihr zum Beispiel das Site nach urbaner Sprachen könnt übersetzen. Wir schwätzen hauptsächlich von Englisch, und das soll auch gemerkt werden, weil Englisch ist ja, die Lingua Franca, plus ou moins, oder Globisch, geben heinst du so, weil ich meine, jeder schwätzt plus ou moins gut Englisch, aber nicht ganz gut, bis auf ein paar Leute, vielleicht. Aber jeder kann sich irgendwie eins gehen, okay, an der Reihe. Das auch nicht die einzige Spruch, also Englisch hat aber auch seine Limiten, muss ich noch sagen. Das steht noch nicht an dieser Motion, also die Motion muss ich stimmen, aber das ist einfach, ich will ein Landsbrüche für ein bisschen
pragmatisch viel zu gehen, zu gucken, wo ich kann, kleine Formen machen. Es ist immer bewusst, dass nicht evident ist. Wir an der Partei, wir versuchen noch zu versetzen, so weit es geht und so weiter, es gelingt, da ist eins mehr oder Männer gut. Aber zum Beispiel ein Internet-Site mehr accessibel zu machen, an mehr Sprachen, natürlich auf Englisch, vielleicht noch kann ich auch überlegen, ich meine, es gibt ja auch Leute außerhalb vom europäischen Kontinent, die wohin entgegen dem, wer die mengt, nicht unbedingt so anglophon sind, wie man oft mengen. Aus Südamerika, Leute aus dem afrikanischen Kontinent, die nicht unbedingt aus den ehemaligen englischen anglophonen Kolonien kommen oder auch aus Asien, sind noch nicht so bewandert am Englischen. Und wenn man zum Beispiel bedenkt, dass man aber eine große Lusophon-Community zu Lützeburg schon, die nicht just aus Portugiesen besteht, sondern aus Brasilianern, Leute aus Guinea-Bissau, Cap Verde etc., die vielleicht doch nicht so gut am Englischen sind. Und da ist aber eine Community, die stark ist, also noch nicht unbedingt am Französischen, dem Nové. Bon, da kann den sich überlegen. Ich gebe den Spruch als Beispiel, kann den nach anderen Sprachen holen, nicht für alles zu übersetzen, aber für zu gucken, wo kann den, wo ihn ein bisschen kann. Zum Beispiel den Internet-Site, ich meine nicht, dass du irgendetwas ändern, reglementär oder legal. Und das ist ja aber gerade ein Outil d'Interface, die am meisten benutzt wird. Und zum Beispiel vielleicht kann ich sich auch nach Hölle verlassen von der Intelligenz artificielle. Wenn sie für etwas gut ist, da wenn es dafür für die Übersetzung vielleicht nicht einfach können durchzusetzen. Dafür, ich gebe Mengen, wenn wir schon als felicitieren als Staater immer so multikulturell und multilinguistisch zu sein, dann muss ich die froh pragmatisch uppacken. Alles kann ich nicht an alle Sprachen übersetzen. Das geht kompliziert gehen. Mehr vielleicht aber gucken, wo ich kann einfach Erfahrungen machen. Und das ist ja auch nicht so, dass wenn Leute nicht bewandert sind oder nicht unbedingt sich am Lützeburgischen ganz gut ausdrücken, dass sie gut nicht verstehen. Heinz, du verstehst einen Spruch plus ou moins gut und so weiter, mit das Heinz, du viel mehr einfach, aber an einem Spruch, die ihr besser versteht, das können sie lesen. Voilà. So nicht, merci. Merci auch, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Also, ich schwätze hier mit meiner Formation als Philologin am Lützeburgischen, nur zur kleiner Präzision. Ich will auf das Gesetz von 1984 zurückkommen, aber nicht richtig gerechnet tun, das ist auch nicht meine Stärke. Sind das 41 Jahre hier? Ja, das geht noch, ja. Pardon. Merci. Ich meine, es sind so zwei Sachen. Geschieht zwischen den 41 Jahren, war man in ganz einer Gesellschaft wie lo, wie den Herr Wagner richtig gesagt hat, sozioökonomischen Wolle, die ganz wichtig drin ist, wüke, dass man ja aus dem Ausland Talente sichern, ganz oft aus dem asiatischen Raum, auch nach eben die an der IT schaffen, fand ich, ja, als Zule weisen das Jahr 41 Jahre waren natürlich Männer Ausländerheit zu Lützeburg, fand ich es wichtig, wann eben auch ein Gesetz von 1984 irgendwann reformiert ging, für sich unter neuer demografischer Situation von Lützeburg, also vom ganzen Land, anzupassen. Und dafür, auch wie den Herr Wagner gesagt hat, gebe ich auf KI zurückkommen, auch als Philologin gesehen ich zwar Probleme bei der KI mit KI, als ja an dem Moment genau war die Übersetzungen anbelangt, so performant und so zesibel, dass das auch nicht mehr kein großen Aufwand ist für eine Administration. Sie auf das auf Gemengenniveau wie auf Staat, also auf dem Niveau von dem Staat, für Sachen zu übersetzen. Da sind die natürlich immer, muss ja nur nach evaluieren lassen. Ne? Aber ich denke, die wichtigste Wolle, den ich beiflecken, ist eben, dass man par rapport, wie den Herr Biewer dort zum Gesetz gesagt hat, von 84, das Gesetz richtig, Herr Bieber, das muss appliziert gehen, auch richtig, aber wir sind an einer anderen Zeit. Ne? Und ich wollte das eben just noch mal streichen, an dass wir welttechnisch Moyen haben, die das erlauben. Merci. Merci. Also das Fiskalgesetz ist noch viel mehr. Eine Minute. Madame Brümmel. Ja, merci. Ich hatte noch nicht gemeint, dass ich mich heim
vom Herr Weidisch beglückwünschen lassen. Ich hole natürlich un, weil kann ich natürlich höflich sein, wenn in eng Spruch oder mehr Sprache schwätzt. An den Herr Wagner, an noch Madame Müller hat es schon ein bisschen angeschwärzt. Wir sind effektiv, muss aber effektiv gucken, wo ihr könnt. Also ich spüre mich als eine privilegierte Person, die die Möglichkeit hat, direkt an dem Kontext, wo ich arbeiten konnte, Spruch auch zu lehren. Das ist nicht für jeden Freund selbst möglich. Ich habe noch schüss einen Spruch muss lehren, weil Französisch hatte ich an der Schule und auf der Uni gelehrt. Also ich meine, dass wir wirklich gut aufpassen müssen, dass man nicht so, dass das alles easy, kann jeder Freund kann direkt Lützeburg lehren, und das ist immer gut. Du willst die Ouvertüre zu sagen, ja, mehr Sprachen, Mathe zu holen, weil immer zurückzukommen, was wollen wir? Wir wollen Leute mitholen. Wir sind aufrichtig drauf, dass wir bei 170 Nationalitäten hier in der Stadt haben. Können wir gucken, die 170 Nationalitäten mitzuholen. Aber wenn wir das über Englisch machen können, da meine ich, da soll man gucken, die juristischen Texte, die un peu, also die peu, pouvoir, möglich machen, dass man die auch so applizieren, dass man als die Interpretation, die Juristen aber sonst auch ganz gern benutzen, dass man die als Heil zu Ege machen. Und da will ich dem Herrn Weidisch aber auch noch mit einem kleinen Dei sagen, ich habe doch die Chance, für mein Lützeburg an einer feministischen Organisation zu perfektionieren. Voilà, vielleicht denkt das auch eins zu etwas. Merci. Dann hat es ja etwas Positives. Merci. Wollt noch reden, etwas dazu sagen? Den Herr Benoit und Herr Radou. Ja, Herr Benoit. Ja, ich freue mich natürlich, ob ich nicht besser dem Herr Radou den Viertritt lasse, für Ja, das ich mir da nicht mehr muss frohen. Da kommen wir mehr. Ich habe noch eine ganz kleine Remarque nach, weil ich hatte für drüben eigentlich alles, mir schon eine kleine Präzision, die mir aber noch wichtig ist zu machen, Madame Boymeister. Ihr wollt noch mehr zu? Lo freiert, dass Herr Radou für dich schwätze. Okay. Herr Radou. Pass auf, weil da kann Herr Radou noch ein Wort. Ja, Herr Radou. Ich will nicht wollen, mich just eine Person zu adressieren. Voilà, genau, muss ihn sich und die ganze Gemengerot adressieren. Ich adressiere mich, wie immer. Ja. Und ich an die ganze Gemengerot. Ja, guck mich. Also ich muss so, wie ich die Motionen gesehen habe, die man heute im Haus beschwätzen, wie weit tun wir die dann los schon rum? Wir haben doch all gut Jahre so eine Diskussion. Und ich weiß einfach nicht, wer das substanziell geändert hat. Die haben sich schon ein paar Mal diskutiert. Wir können natürlich allseits meinen, die nämlich Sachen diskutieren. Ich fand das einfach ein bisschen ein Abus von unserer Zeit. Und dann muss ich sagen, also ich will dem Herrn Biewer natürlich ganz mein Soutien, ich weiß, was gesagt wird, dass die formell korrekt Appreciation noch aus der Kommission des Contentieux für die juristische Appreciation zu machen, wo wir stehen. Dazu die ich aber natürlich eine pure Macht machen, die mir als ich dann nicht abkommen. Das ist, dass es sind immer bereit, für ein Problem zu lösen. Wo ist das Problem? Es sind aber auch weil viele änderte Leute, ich kenne, weil ich aber schon seit ein paar Generationen effektiv aus der Stadt sind, viele Lützeburger, ich kenne aber auch ganz viele Leute, die nicht heute geboren sind, die nicht Lützeburger sind, die Ausländer sind unterschiedliche Sprachen, schwätzen daheim. Ich bin effektiv nach nie begegnet, den so wer diskriminiert, frustriert oder in einer Weise substanziell benötigt wird zu verstehen, was heute zu Lützeburg, respektive an dieser Stadt, in dieser Gemeinde passieren. Aber wir müssen unbedingt immédiatement Mesuren ergreifen für Übersetzungen an Kommunikationen beizufügen. Effektiv, das also schon viele Leute bedient, die beschwert über Rotluten, über Passage Piéton, über den Noper seng Hekt oder den Noper seng Neumanser, über den Horaire von den Bussen, eigentlich alles. Aber der Toten, als man franchement an der Sinnlos seit 2008 habe ich am Gemengerot an der schon Jahre für Drunner engagiert, am Kontakt mit den Leuten, dass man da nie kommt. Voilà. Dafür ich meine, das ist am Anfang kein Problem. Wenn es dann aber ein Problem wäre,
Dann ist das Problem für uns ganz Population. Und es ist ja oft mit meinem Kollegen Herr Werner nicht immer d'accord, mit ihrer Macht, die hin einfach wieder gemacht hat, und die wollte ich aber auch machen. Wenn die Population gibt, die mir immer als echt einfach an den Sinn können, wo man einen Spruch müsste beifügen, dann wäre es Portugiesisch. Aber auch da muss ich sagen, ich kenne noch Leute, die Portugiesisch am Amtspruch sind effektiv, die haben sich immer die erste Generation nicht mehr schwer. Aus den Gründen zum Teil, die den Herr Werner abgezählt hat, schon auch da, und ich will wirklich nicht an die trug die ganz sehr aus, wenn die Diskussion feiert, den persönlich oder nicht, mit die noch da Leute, die nicht einen Spruch lehren, nicht weil sie sozioökonomisch benötigt sind, weil sie sozioökonomisch befriedigt sind, weil sie effektiv und immer Jitfried Martin in den Spruch schwätzt, die ihnen just passt, weil Jitfried ihnen das gefallen möchte, weil sie eben eine gute Position können, ja. Umgekehrt, die nie lehren. Mehr effektiv sind immens viele Leute, die eine andere Nationalität tun, die in einer Reihe von Jahren den Spruch lehren, hier kann lehren sie. Und das meine ich auch. Ich bleibe nach wie vor der Meinung, und es ist wirklich internationalistisch, wie das immer wird, aber ich meine, dass Lützeburg einfach ein Spruch, ein Vektor von der Integration auf unserem Zusammenleben, als man der Polver so abgezählt leben, also Sportsvereine, Kulturvereine, als wichtig für uns zusammenkommen an unserer Gesellschaft. Aber ich meine, dass Spruch, der Lützeburgische Spruch, aber von den Vektoren von unserer Kultur, auch von unserer Gesellschaft. Und ich meine, dass es gut ist, dass wir die auch eins durchschwätzen. Wenn wir heute von all den Banden 5 verschiedene Sprachen schwätzen, weiß ich nicht, ob die nach Lützeburgisch gelehrt hätten, ob dann je ein verlieren. Ich will aber wirklich nicht persönlich gehen in diesem Bereich, weil das ein Heitel, und ich will nicht falsch verstanden gehen. Mir dafür meine ich nicht, dass wenn man muss nicht, weil wir Übersetzungen schwätzen, muss man tun, weil es sind besser von der ganzen Population. Und dann ist noch dann Portugiesisch und die nach ein paar Jahren Sprachen, die da noch kommen. Ich finde just, weil ich mir das empfunden, und ich meine, als Diskussion, die doch ein bisschen lernst, mit das auch vielleicht, wenn wir gewinnt sind an unserem eigenen Jus, ein bisschen einfach zu leben, wir lernen technische Evolution. Heute kriegt der Alttext, den Alttext übersetzt elektronisch, und nun kann man nichts. Man hat Google Translate, kriegt er alles übersetzt. Die kriegt das Site, ich will das Site von der Stadt Lützeburg, vdl.lu, da steht dann da Moyen, wie geht das? Und so, ich so, ich hätte das ja übersetzt auf Englisch, ich hätte dann das auf Englisch übersetzt, ich hätte da wohl Chinesisch oder Russisch übersetzen lassen. Chinesisch lesen nicht, Russisch lesen nicht. Da ich morgen noch Russisch, weil den hätte ich auch alles gehabt. Dafür, ich meine effektiv, dass man müssen dafür sein, dass wir sollen uns verstehen. Das war Problem, sind, dass wir hier die Menge Rot, und wenn das eben mir lang dauert, wie das bis geplant wurde, dass wir hier die Menge Rot uns verstehen, und dafür eine Übersetzung auf Französisch fanden ich das gut. Und ich meine, dass technisch Meier haut dose für jeden all Dokumente an unserem Site, an den Internetseite, also das, was ein Hauptvehikel von unserer Kommunikation ist, die Kinder, also schon nicht zu viel versprochen, App sich hier geht aber, ich meine, die echt 40 Sprachen, sie sind einfach die echt 40 Populärsprachen in der Welt, die sind da disponibel. Und ich meine, das adressiert dann von Besoin. Und du weinst, meine Stadt, man keine Necessität d'agir haben, und du für meine Stadt, man können die Emotionen haben, am ruhig Gewissen, und aber mit dem Gewissen, dass wir wollen, all man nicht schwätzen, und uns man nicht verstehen, da geht von einem helfen, da wo muss, geholfen kriegen, da können die Emotionen auflehnen. Vielmals merci. Vielmals merci. Auch Herr Radu. Herr Benoit, hat er noch eine Klarifikation zu machen? Absolut. Schon eine ganz kurze Sache noch zu sagen. Und ich kann sagen, es wird nicht allzu lang dauern. Ich meine, es geht von allem um eine Frage von Haltung. Es geht also nicht darum, ob ihr seht, du kannst ChatGPT oder für eine Übersetzung zu machen. Es geht darum, gib mir auch mit den Sachen, wo die Decisionen vom Gemeinderat geht, auch ob die Leute durch an der Spruch, die sie kennen, für das Maximum von Transparenz und accessibel zu sein. Darum geht es. Und das ist auch den Objekt von der heutigen Motion. Nicht darum, dass sowieso das Site von der Stadt Lützeburg zu 99,9% schon an all die Sprachen übersetzt ist, dass an der top ist. Es geht um den Gemeinderat und um die Dokumente, die für den Gemeinderat gemacht werden, wo politische Decisionen geholt werden, was man dem Gemeinderat zu dienen. Das ist ein Objekt davon, an die Motion, eben die Haltung, dass wir wollen ein Maximum und accessibel sind und transparent sind.
Das ist das Erste. Das Zweite, was ich so als die Motion an den Kontext zu setzen, weil den Herr Radullo gesagt hat, es wäre schon ein paar Mal deposiert sind. Also, wir haben erste deposiert von 1,5 Jahren im Dezember, wie wir ein paar Monate schon Übersetzungen gekriegt auf Französisch für 2 von unseren Kolleginnen. Du hast mir gesagt, wenn ich geliebt übersetzt, macht die dort Übersetzungen auch accessibel für alte Leute draußen. Du hast dir alle gesagt, nee, machen wir nicht. Dafür haben wir so ein halbes Jahr drauf nach einer deposiert mit nach zusätzlichen Remarken, wo Remarken angeflossen sind, die heute gemerkt sind von den Kollegen am Kader von der Diskussion. Du hast also von einem Jahr deposiert. Du hast darum gesagt, nee, machen wir nicht. Voilà. Ein halbes Jahr drauf ungefähr, hat du gesagt, okay, Mama. Das heißt, ich meine, das Allerwichtigste für uns heute ist schon den Hauptobjekt, den die heute Motion hat, dass die Übersetzung auf Französisch für uns 2 Kolleginnen, die gemerkt sind, heute öffentlich sind und archiviert sind, das war ein Hauptobjekt, an den erfolgreich, wo wir schon lange mit der heutigen Motion erreicht. Und dafür sind wir schon ganz froh, und ich sage, ich als Majorität nachdenke dafür. Vielmals merci, weil es hat über Jahre gedauert, bis wir als ein Hauptobjekt heute erfüllt haben. Da wollte ich schüssen einfach kurz so zur Macht d'accord, Madame Boymische Lust, man gibt man nach 30 Sekunden, weil die letzte Punkt das mir auch wichtig. Da das den Herr Biewer, der von Juristerei geschwärzt hat, Gesetze an Schwesen nicht wert. Ich will einfach so, der sieht ja selber, Herr Biewer, Jurist, der wisst so gut wie ich, dass es auch da nicht schwarz-weiß geht. 3 Punkten dazu. Die hat die Publikation von der PW geschwärzt und hat dadurch das Projet de Loi 82 Ursprung ans Spiel gebracht. Ich habe nicht darüber geschwärzt, weil den, also überhaupt nicht Objekt von der heutigen Motion. Das war der andere Punkt. Das ist ein zweiten Titel von der Motion, die man ganz lädt. Da also die Publikation von den Rapporten von der Kommission gegangen. Das ist ein anderer Punkt, den wir im Ordre du Jour hatten. Da finde ich darüber nicht weiter geschwärzt. Ich wollte aber auch nicht so par rapport zu den anderen 2 Punkten, die ich heute vorgebracht habe, weil ich auch so, du geht es kein schwarzer Weiß. Ich habe heute eben auch klar erklärt, wer das ich der Meinung sind, dass Gesetz, ja. Was wir hatten, von 84, dass da keine Restriktion gibt, was Sprachen angeht. Und ich habe gerade so gut gesagt, dass das Gesetz von 88 auch dem Reglement geht und nicht um andere Dispositionen. Die sind einfach auch nicht d'accord mit ihr. Und Herr Radu, wenn der gerne hat, dass wir hier am Gemeinderat eine Redezeit aufhören, da macht ein Propos. Die sind an der Majorität, die braucht man heute nicht irgendwie ein Auer für zu weisen. Ich habe schon 100-mal gesagt, dass ich kein Problem habe, dass wir heute über Redezeiten diskutieren. Aber irgendwie könnte von ihrer Seite aus nie ein Propos dafür. Den Herr Radu hat mir gerade ein Auer für gewiesen. Wenn man zu suggerieren, ich darf nämlich schwatzen. Nee, Herr Benoit, die braucht dich nicht zu entschuldigen, wenn die mit Herrn Biewer nicht d'accord sind. Also, dafür brauche ich nicht zu entschuldigen. Das ist am Anfang der Sinn von einer demokratischen Diskussion, die man nicht hat. Die einen meinen so und die anderen meinen nicht. Fakt ist, dass effektiv die Majorität so denkt, wie der Herr Biewer durchgelöst hat, oder wie der Herr Radu auch exzellent durchgelöst hat. Ja, er wird vom Gesetz von 84 geschwärzt. Ich hatte eben die Chance, da dabei zu sein. An ein Deel von dem Gesetz als op mein absolut Insistenz drakom. Den ersten Artikel 1 als le luxembourgeois et la langue nationale des luxembourgeois. Op Französisch, so wie je so. Article 2, on peut s'adresser à l'administration en français, en allemand ou en luxembourgeois. En dan Artikel 3, wann ich gelieft. Und da kommt in Artikel 3, l'administration est obligée de répondre à l'occupant dans la mesure du possible, dans la langue dans laquelle on s'est adressé à elle. Auf ihr Wert habe ich insistiert, der Herr Werner war da, Reding, habe ich insistiert. Ich war derzeit nach Jung Bürgermeister. Und als Bürgermeister muss in Baugenehmigung rausgehen. Und allein den Text auf Französisch schon von einer Baugenehmigung als präzise. Für den auf Plötzelburg, wenn den eine Baugenehmigung auf Plötzelburg ging frohen, kann ich Handeln ausbauen und ich weiß nicht was. Für das auf Lützeburg zu antworten, das wir aber wirklich Zugs von enorm vielen Prozessen gewirrscht. Dafür ist es dans la mesure du possible drakom. Und wir haben bis heute und sich mit dem Text, wann ich geliefert habe, weil ich schon nicht noch gelauscht habe,
Und ich war froh zu hören, dass ihr Haut am Anfang kein Problem hat mit dem, was gefragt wird, mit das gut recht. Wir sind gut und sicher damit gefahren. Was ich will dem Herrn Benoit sagen, wir haben heute dezidiert, dass wir direkt eine Übersetzung gingen machen auf Französisch, nur den letzten Gemengewahlen. Da haben wir von keiner Seite gebraucht, dafür Inzidenz zu gehen, weil wir das einfach menschlich normal fanden. Ja, aber die hat ja gemerkt, wie wenn das eher Merit wird, dass wir noch der letzte, ja, nein, ich so nicht so wie das. So, dafür haben wir das gemerkt, weil wir eben wussten, dass wir Kolleginnen hätten, die eben nicht gegen sich könnten auf Lützeburg ausdrücken, aber wir haben das doch beibehalten, aber weil wir es beibehalten, und haben wir es auch allgemein gemerkt. Wir sind uns ja eins. Wir sind uns ja darüber eins. Wir bleiben aber ganz klar dabei, an der Claude hat es mich gesagt, der Fakt, dass wir aber zusammen, wir sind aber nach einer Gesellschaft, die sich auf pure Sachen muss können basieren. An der Fakt, dass all Eisdecisionen, an all Eisgesetze auf Französisch gemerkt gehen, als nun einmal Fakt, dass wir Plötzlich en Prinzip schwätzen steht effektiv am Gesetz. Und ich brauche das nicht zu wiederholen, was den Herr Biewer ganz richtig gesagt hat, dann hat ganz richtig vorgelesen, an der Compte-rendu von der Sitzung steht es doch ganz richtig. So steht es da, und wir halten uns dran. Und ich kann nicht mehr sagen, wir haben, und das ist auch richtig, was von verschiedenen gesagt wird, wir machen ja auf verschiedenen Plätzen, wenn wir müssen, zum Beispiel von Eltern an den Schulen, da machen wir es nicht auf Englisch effektiv. Weil wir ganz, ganz wenig Englisch sprechen. Ich kann an Englisch, also an unseren Schulen, wirklich, ich schwätze nur von denen, für die mir nach ein Teil responsabel sind, primär als ganz wenig. Par contre, wer da ist, wenn wir über Sprache schwätzen, wir gehen wollen, wir sind mehr gerecht sind, wir jedem wie denen, da müssten wir Portugiesisch. Da müssten wir Portugiesisch. Und wir machen das. Wir machen das, wenn wir und Eltern müssen etwas eine Information geben, dann machen wir das, und dann schreiben wir das ganz unkompliziert, machen wir das. Wenn wir hatten Situationen, wo wir ganz kurzfristig Populationen informieren. Und dann haben wir es an all diesen Sprachen gemacht, wenn wir als Aperituren haben, wie wir auch letztes Jahr. Dann machen wir es auf den Sprachen, oder wie wir auf der Gare werden, dann machen wir es an den Sprachen, wo wir davon ausgehen, dass eine Reihe Leute davon können profitieren. Mit das aber einerseits machen wir es da, wo wir meinen, dass es wirklich gebraucht geht. Aber wenn wir legal schwätzen, wenn wir als Decisionen, die wir holen wir ja auch alle gut auf Französisch, aber wir holen sie nicht auf Deutsch, und wir holen sie auch nicht auf Lützeburgisch. Wir holen sie auf Französisch, weil das Gesetz das vorgesehen, aber weil nimmen das eben auch Autorität de la chose, also la langue qui fait foi, und nicht die anderen Decisionen. Dafür wirklich meine ich, dass so wie man das, wie auch die Kommission sich darüber ausgedrückt hat, aber wie es heute gesagt ist, meine ich, können wir sagen, ich glaube nicht, dass es irgendwo so die Erfahrung gemacht wird, für möglichst viele Leute entgegenzukommen, für dass sie an der Communität können mitschwätzen, für die sich einst dort mehr machen, ob als Aperituren aber oder da, wo wir die neuen Arrivanten empfangen, da schwätzen wir am Französisch, am Deutsch, am Englisch, am Lützeburgisch, und die Leute sind allgemein dick zufrieden. Und mir geht es genauso, wie Herr Raduet gesagt hat, hat noch nie einen dafür zurückgeschreckt, auch eine Kritik zu sagen, an dem er gesagt hat, ich konnte nicht das nachlauschen an der Sprache, die am Anfang mein Heimischspruch ist. Das hat noch keiner gesagt. Die Leute schenken sich ganz gut, aber können sie informieren, wenn es darum geht, um etwas, was sie interessiert. Dafür, wir verstehen, was von verschiedenen gesagt ist. Ja, ein Fremdspruch lehren, auch mich spät, das ist nicht einfach. Ich kenne in der Fälle, so wie Herr Werner sie beschrieben hat, auch, kenne ich auch ganz gut. Und,
Das heißt nicht, dass wir weiterhin versichern an unserer kleiner Community, aber die pure Regeln zu respektieren, die wir haben. Und dafür ging ich proposieren, die Motion nicht durchzuholen. Ich stelle sie zum Wort, wen ist aber dafür, wen ist dagegen, wen enthält sich, damit ist sie dann nicht angeholt. So, da habe ich aber eine Prozedurfrage. Wir waren am Anfang für die ersten Punkte immens gut weitergekommen. Wir haben uns ja als Regel gesagt, bis 4 für 7. So. Da haben wir aber einen Punkt, den ihr könnt, den nicht mehr riskiert, aber erst mehr wert, für ausgiebig aber diskutiert zu gehen. Dafür, wenn wir den holen, da fährt nicht, dann gehen wir heute nicht fertig und dann muss man freudig rumkommen. Den zuständigen Chefen werden Serge Manners hat man just proposiert, ob man erst dann nicht solle proposieren. Also hier wird dummer d'accord für den Punkt am September direkt dann mir 4 zu holen. Wenn man das gegen mehr, dann meine ich, gegen wir heute zu richtiger Zeit gut fertig gehen. Als das eine Proposition, die die Majorität kann, also die Majorität, ich denke, die schwätzen von den alle Guren, ne? Schwätzen, die stellen nicht zum Wort. Nee, ich werde laut froh, holen wir den Rapport environnemental oder holen wir ihn am September. Das ist laut froh. Am froh wäre, wenn das nicht empêchiert, dass die nächsten, die noch muss kommen, das Jahr verlust wird. Weil das, für mich ist das immens wichtig, dass der nächste Rapport environnemental zur Zeit kommt und nach das Jahr. Da kriegen wir Fred, das zweimal an dem zweiten Halbjahr vom Jahr zurück. Ja. So, kann ich davon ausgehen, dass der Gemeinderat mit d'accord ist mit der Proposition, das am September zu holen? Ja, wunderbar. So, da kommen wir bei dem 14. Punkt von unserem Ordre du Jour, Finances de la Ville. Herr Moser will das kurz sagen, oder kommen wir direkt zu Ihrer Frage? Ich propose, wir kommen direkt zu der Frage. Wir kommen direkt zu den Fragen. Wer will dort zur Stellung holen? Herr Benoit, Herr Werner. Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boemeestech. Wieder, ich könnt denken, werden wir auch das Jahr nicht beibehalten von dem To, von der Grundsteuer von B6 können so matt stimmen, weil wir fordern da schon lang, dass die GIF erhöht gehen, für einfach einen Mobilisationseffekt zu haben. Wir sind in einer Logementskrise und dafür ist es wichtig, dass die Leute, die Terrain haben, den Brett als für direkt können bebaut zu gehen, auch motiviert gehen, für das sie das machen. Und wir sind der Meinung, dass das mit dem Satz, den bis do ist, nicht geschieht. Und dafür sind wir der Meinung, dass den Licht misst geheischt gehen, so ein bewusst Licht, weil wir ja ein Urteil haben, concernant die Gemeinde Dickrich, und da steht am Urteil klar dran, dass die Hoss, von denen dann eng möchte, muss ich weiß den Wortlaut nicht genau, aber dass sie muss nachvollziehbar sein, also dass sie nicht zu abrupt soll sein, aber dass sie soll gestaffelt sein. Und egal wie manchmal das wichtig ist, dann auch Licht zu heigen, also dem Urteil Rechnung drohen und trotzdem ein Haus machen, das ist an unseren an durchaus möglich. Das zweite Argument, das wahrscheinlich von ihr könnt, dass man das nicht machen kann, ist, weil ein Projet de loi iwwer den auch schon ewig geschwert gibt von einer Reform von der Grundsteuer, aber auch do die Regierung hat keinen Text bis heute noch 4 gelöscht, da sind wir noch weiter verwäscht, dass man durch Millen von den parlamentarischen Arbeiten auf wie vom Staatsrat sind, also können wir auch Dorops nicht werden und dafür mengen wir, dass man müssten den To B6 auch haut schon heigen eben für der Logementskrise entgegenzuwirken an für die Proprietären, die Terrain haben, den Direktkind bebaut gehen, auch dazu motivieren, dass sie dadurch machen und nicht weiter Bruch leihen lassen. Merci.
Merci, Madame Boyemisch. Ja, ich werde doch beim Impôt foncier sie auch der Meinung, dass de B6, also Terra bâtir des fins d'habitation, wo sich mis erhecht gehen, wir sind also auch bewusst, dass das nicht unbedingt den großen Wurf wir an der Bekämpfung von der Spekulation von Land, was kein mobilisiert gehen, was nicht mobilisiert geht, aber genauso wie den Herr Benoit Fedro gesagt hat, sind wir der Meinung, dass den aber wenigstens was Signalfunktion angeht, den Tomisten erreichen. Das gibt, ich meine, enorme Möglichkeiten für Proprietären von Terrain, die sie nicht bebauen, mehr Ideen zu bezahlen, an am B4 zum Beispiel zu kommen, dass wenn sie bis die Terrain gebaut haben. Dafür sind wir der Meinung, dass den B6 müsste erreicht gehen und dementsprechend werden wir den nicht matchstimmen und dafür müssen wir auch vielleicht ein Wort separé frohen für die Punkte. Okay, dann hast den Herr Boisante. Merci vielmals, ich halte mich ganz kurz. Wir wollten noch ein Wort separé für den B6 frohen, für dieselbe Ursachen und Argumente, die vier gelöscht sind von unseren Kollegen von der Gringer Fraktion oder von den Linken. Effektiv war schon eine Motion deposiert gehen für un mengglisch 2 Jahre, war das so etwas, Herr Benoit, wahrscheinlich, für justement den To an Lot zu setzen. Und da kriegt man als Argument zurück, pardon, Geschoss, ich kann keiner das Wort, weil ich bin frankophon de base, den Herr Weid, ich hatte das wieder vergessen. Madame Brömmel, das nicht die einzige, die nicht Luxemburger von an dem Gemengerot. Den Argument war, dass das für ein Argument für ein Outil potenziell für Spekulation und das Problem wir nicht den Taux vom B6, aber wir haben von geholt die Rapidität und Reaktivität von verschiedenen Prozeduren. Leider waren wir natürlich mit den meisten Argumenten nicht da verstanden. Mit dem zweiten Argument, die Majorität hier am Gemeinderat wie am nationalen Niveau Schengen effektiv nichts zu machen für die Prozeduren wirklich auf einem hohen Tempo zu setzen. Das heißt, natürlich können wir dann der B6 auch nicht manchmal und wir hätten uns gewünscht, da einen mihegen Tod zu gesehen. Vielmals merci. Merci. Herr Radu. Ich wollte wohl heute, ich muss aber ein Wort sagen, wir sind selbstverständlich d'accord, dass wir die Toren so los sind, wie sie halt proposiert sind, aber nicht, und ich muss aber das ganz klar sagen, das ist aber nicht, weil wir uns keine Gedanken machen oder weil wir einfach Situationen ignorieren, die draußen sind. Das ist bien au contraire. Das ist bien au contraire. Wenn ihr guckt, der große Internet sieht, wir holen nur den halt zu Lützeburg für die Immobilien. Ne? Es gibt am ganzen Land im Moment 9.700 Appartementen und 5.800 Häuser en vente. Im Territoire von der Stadt Lützeburg sind das dann 2.126 Appartementen und 296 Häuser en vente. Das Problem ist also nicht, dass nicht genug gebaut ist oder ist. Das Problem ist, dass Leute nicht finanziert kriegen, für es zu kaufen. Da können wir sagen, wir können noch all die Toten, die in Appartementen, weil all die Appartementen dort, die sind dann irgendwann alle Weidel, ne? Weil sie hier anfangen. Wir machen durch nach Steuern drauf. Wir können all die Leute an Faillit. Wir können Faillit provozieren von all diesen Leuten. Und das sind nicht immer Promoteure, wo verschiedene Leute verwendet sind, für Jalousie zu mengen, die müssten Männer haben. Aber da sind noch Privatleute, die den kaufen und wollen verkaufen. Wenn sie das wollen verkaufen, nicht lassen gehen, da sind sie in einer ganz blöden Situation. Dafür sich zu obstinieren zu mengen, wir müssten rabiat die Valeur vom Immobilie zu Lützeburg aufsetzen, als ein großer Fehler. Das ist das, wo die meisten Leute hier auch Spurten dran haben, und einfach zu so, wir müssen nur jeder besteuern, den etwas soll verkaufen, dann müssen die Leute forcieren zu bauen, wissen, dass wenn sie bis gebaut und nicht verkauft kriegen, das ist total irresponsabel. Dafür muss ich auch eins gucken, ich kann nicht alle just das nämlich so, muss ich aber eins gucken, wo ist der Marché drin, wo ist das Problem, wie wir heute müssen adressieren. Das Problem, wir heute müssen adressieren, ist die Liquidität.
die Liquidität von den Transaktionen. Und das da wennst du mir als Staat, an als öffentliche Hand am Land, die letzten paar Jahre konsequent Transaktionen machen, weil sonst effektiv die normal Privatinvestitionen, respektive die Privatakteure, das sind oft, das sind eben nicht Promoter, das sind einfach Leute, die was gespürt haben, und wollen etwas kaufen, die kriegen das im Moment nicht finanziert. Und das ist nicht nur, weil die Preise hoch sind, das ist aber auch, weil die Banken im Moment eine immense Retizenz sind für die Prämien, weil die Leute nicht all dort zu an der Tasche wie auf den Tisch zu legen, also müssen sie Prämien machen. An den dort Mechanismus funktioniert im Moment nicht gut. Mit dem Mechanismus funktioniert besser, weil wir haben einen Schuss aux sorcières machen, also wir müssen noch nach imposieren, den etwas hört. Dafür muss man mengen nicht. Und wir machen ganz raisonable Propositionen für Toren so zu proposieren, wie sie sind. Und ich unterstütze dadurch mit dieser Reflexion, die ich just noch gemacht habe. Vielmals merci. Merci, Herr Moser. Ja, merci auch für all die interessanten Interventionen. Die ha gemerkt sind eigentlich just nimmen frohen par rapport zum Impôt foncier. Ich wollte aber betonen darüber gelieft. Datei? Die Stellungnahmen, die waren zum Impôt foncier. Das gut, da komme ich drauf, zurück. Ich hatte noch gemerkt, weil doch keiner zu den Restaurants gesagt, das ist schon einmal just Position. Ich hatte jemand gemeint, all die Observationen wären par rapport zu den 3 Punkten gewesen, das aber da gar nicht schlimm. Ich komme da gerne her, noch, Herr Wagner, wenn dir dann auch dort so froh gestaltet wird, auch darüber zurück. Was den Impôt foncier betrifft, so nicht wie verschiedene Redner auch als Antwort eigentlich immer dasselbe ist. Die Antwort wird auch nicht geändert, weil die Antwort auch noch immer richtig ist. Erstens ist am Moment eine Grundsteuerreform am Gangen. Herr Benoit, da wollte ich aber auch vielleicht so, weil heute da so ein bisschen durchgestaltet, wie wenn das Regierung nicht die Führung macht. Ihr wisst, die Viergängerregierung, mit der die auch etwas Kleines zu dienen hat, die hat ein echte Projekt de loi deposiert an de Projekt de loi als mat enger Onmass vun Opposition formellen behaft gin. Dat huet dazu gefauert, dat die Regierung den Projekt misse komplett iwwerschaffen, fir dat man lo e Projekt kreen, den dann auch den ganz vielen Kritiken an Observationen vom Staatsrat wird Rechnung drohen. Dafür mengen ich kann nur wirklich nicht dieser Regierung Vorwurf machen, dass es nicht viel geht, mir dann nicht, dass ich frohen für Wert die Projekt mit dem wir dann lo müssen einkehr also setzen, eigentlich mit so viel Opposition formellen behaften. Das ist meine erste Remark. Meine zweite Remark, ihr habt von dem Arrêt von Dickrich geschwert. An die Hütte etwas ganz Richtiges gesagt, das müsste immer proportioniert sein, die Hosse. Die hat aber etwas nicht gesagt, wird auch an dem Arrêt steht, da natürlich auch schon gleich einkehr am Gemengerot auch gesagt, dass bei der Augmentation von der Grundsteuer auch muss gucken, was sind Besoin budgetären von enger Gemeng. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt. Dann nicht Gemeng Dickrich war sicherlich ein exzellent gefeiert Gemeng, als hört aber nicht die Situation budgetär, die wir haben, letzte Woche nicht kommt, an der zuständigen Finanzkommission vorgestellt, wo der Matkrit tut, dass man die Jahre mit einem Benefiz aufschließen. Wir haben also im Moment auch kein Besoin budgetären, die sich eng Augmentation vun enger Tax gi verjustifiieren. Ha geht schlussendlich eng Augmentation vun enger Tax. Das ist még zweet Bemerkung an még dritt Bemerkung an net geht bis an dieselbe Richtung wie die Claude Radou zu Recht fir Runheit argumentéiert huet. Ech mengen, dat het wirklich am Moment als Situation Logementsmarche überhaupt nicht mat Viabilisation von Terrain zu dienen. Das ist wirklich den allermannste Problem. Erstens mengenisch sind die allermeisten proprietäre Promoteuren, die Terrain haben, die wollen möglichst schnell
wollen die darüber bauen, und sie kommen höchstens kritisieren, dass Prozeduren nicht schnell genug gehen. Das ist also überhaupt nicht ein Problem, dass die da giffen Terrain blockieren. Da können wir auch am Moment dabei, das wird den Herr Radu zu Recht Strach hat, dass am Moment Tausenden von Wohnungen Marché sind, die leider Käfer fanden aus ganz viel Gründen, die aber eigentlich überhaupt nicht mit der Frage von der Grundsteuer op Terrain zu dienen wird. Sodass ich wirklich mengen, dass ein Rupsetzen von der Grundsteuer, so wie das dann von verschiedenen Leuten proposiert wird, erstens eigentlich par rapport zu den Prinzipien von dem Arre überhaupt nicht möglich wäre, und zweitens eigentlich auch gut nicht dazu beitragen, das Problem zu lösen. So, merci. Ich stelle dann den Impôt foncier zum Wort. Wenn der wollt, kann ich auch, wenn ich das richtig verstanden habe, den verdichten Propriété agricole, man dann den B1, 2, 3, 4, 5 zu summen und dann den B6 allein. Ist der dann dabei? So, da setze ich also dann verdicht den ersten Volley. Wen hast du damit d'accord? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Da haben wir das nicht geholt. Und dann den B6, Terrain bâtir. Wen hast du damit d'accord? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Überlege ich ein Kehr. Wer ist dann lo? Die sind dagegen. Okay, très bien. So, dann kommen wir lo auf den Impôt kommerzial. Wer will dort so nach der Wurzel, den Herr Werner? Ja. Ja, wie all Joas werden mir gegen den Status quo beim Impôt kommerzial stimmen. Wir sind die Gemenge am Land zusammen mit Niederrhein, Mengen, die den tiefsten Hilfssatz hat, was den Impôt kommerzial kommunal angeht. Wir sind der Meinung, dass wir waren immer der Meinung, dass du sich Stadt Lützeburg müsst wenigstens versichern, so wie gewisse Südgemeinde das doch gemacht haben, für wenigstens kein steuerlichen Dumping zu betreiben, sich eins zu gehen, mit Gemengen rund um der Stadt, die da doch fehlten, für einen einheitlichen Impôt kommerzial zu haben, den auch über den Togif rausgehen. Großen Teil, muss ich noch sagen, von der Societät, der wir nie vergessen, dass den Impôt kommerzial, die wird ja abgehoben auf Beneficer, die Societäten machen, also das ist nicht konfiskatorisches. Ein großen Teil auch von den Societäten, die bezahlen, kommen noch aus der Finanzbranche. Lo werden Herr Mosach mir antworten, weil ich weiß schon, was mir wird antworten. Und dafür gibt es schon eine Menge Antwort auf seine Antwort. Soll ich das selber wissen? Wir haben am internationalen Vergleich relativ hohen Taux, werden uns sagen. Das macht Sinn. Der wir aber auch nicht vergessen, dass wir am internationalen Vergleich wann den zumols vu Finanzgesellschaften schwätzen oder überhaupt für Gesellschaften schwätzen, hummer wat den to reell ugeht, wat net den to nominal ugeht, also dat no dems awer auch Societäten vieles aufgeschrieben nun e von den deisten. An der internationaler Konkurrenz, das jo dat, wo viel Leute man heute zu Lützeburg hochgestrop sind, dass man auf dem Niveau zwischen konkurrenzfähig sind. Das heißt, so heiß als ein Summa summarum Moment nicht dafür wird man gegen den Propos stimmen. So nicht, merci. Herr Moser. Ja, merci. Den Herr Werner erklärt mein Argument immer so gut, dass ich nächste soll direkt hier aufsitzen kommen und dann erklären. Nein, also für alle Richt muss ich aber so, es sind eigentlich, und das wollte ich schon wieder so, ganz froh, weil ich schon gemerkt, außer dem Herr Wagner hat an der Kommission jede Proposition vom Schäferrat unterstützt. Das heißt, ich kann mich auch Zeiten erinnern, wo einer Fraktionen hier an dem Raum, der ein bisschen so ähnlich gesehen haben wie den Herr Wagner. Aber wenn ich die auf jeden Fall das Wort an der Kommission. Nee, Herr Wannisch gelieft. Nee, Wannisch gelieft. Herr Benoit. Herr Wannisch gelieft. Wannisch gelieft.
Nee, wann ich gelieft. Herr Benno, lass mich mal schätzen an der Zeit, dann ist hier schon relativ lang Finanzchefen, kann ich mich erinnern, dass da auch andere Fraktionen wie die vom Herrn Werner eigentlich immer skeptisch waren par rapport zu dem Impôt kommerzial kommunal. Es ist also noch froh, und dafür sieht das als Kompliment, dass außer dem Herrn Werner jedfried eigentlich lo mit der Proposition von der Majorität auf vom Chefrat d'accord ist. Ich wollte aber auch dem Herrn Werner trotzdem noch ein Präsent werden an Herr Benoit. Nee, wann nicht gelieft, wann nicht gelieft. So. Entschuldigt, also Lohai an diesem Saal. Ich bin nicht ugeschwert, Herr Benoit. Ich bin nicht ugeschwert. Ich bin nach immer fort, okay? Sind wir dummer Dienst? So. Also, ich bin kein ugeschwert. Ich konstatiere just, und das können wir gerne gucken, dass auf früheren Jahren, wenn es über den Impôt kommerzial kommunal nicht just eng Stimme war, die sich dagegen ausgeschwert wird. Und das fand ich ganz positiv. Aber zum Herrn Werner sind ein Argument da. Die hat gesehen, wenn an der Finanzkommission dabei war, wie man den Kont 24 geguckt hat, dass den Impôt kommerzial extrem an die Lut gegangen ist. Extrem an die Lut gegangen ist. Und das tut auch damit zu dienen. Und da sind wir, Herr Wagner, nicht enger Meinung, dass an der Steuerpolitik eigentlich eine Regel gibt, dass Männer Steuern mehr Steuern generieren, und ich meine dadurch, dass wir heute zu Lützeburg aber noch eine relativ kompetitive Steuerpolitik haben, feiert dazu, dass viele Betriebe sich hier niederlassen und auch froh sind, hier Steuern zu bezahlen. Aber wir das vermerken, weil die so, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, gibt das nicht nimmen dazu feiern, dass Lohai an der Stadt gibt den Impôt bis an die Lut gehen, das hat landesweit eine riesig große Importanz, weil dadurch gibt Besteuerung von Entreprisen, die heute zu Lützeburg wären, rund 1% an die Lut gehen. Ihr wisst, dass die Regierung letztes Jahr die Steuern da Prozent raufgesetzt hat. Das heißt, wenn wir das machen, weil die gibt frohen, gibt es da so heschen, dass die Prozent von unserem quasi mal angefeiert gehen, was ja nicht kann der Sinn von der Übung sein. Und ich bin auch immer der Meinung, auch da, Herr Wagner, das ist aber gut, dass den auch weder den Leid nach den Societäten an Entreprisen eigentlich soll mehr steuerfroh wie es muss sein. Und wir haben Gott sei Dank die Chance, dass wir an einer finanzieller guter Situation sind, wo wir nicht müssen unnötigerweise Ton an die Lut setzen. Ich hoffe, dass das auch nie könnt, dass ich nie als Finanzchefin hier so Augmentationen zu proposieren. Und dafür soll man froh sein, und dafür soll nicht all die Members dann außer dem Herrn Wagner merci, dass sie als Propositionen matchten. Merci auch. Und für den Herrn Benoit zu beruhigen, Fraktion war nicht damit gemengt. Voilà. So. Dann stelle ich also den Impôt kommerzial zum Wort. Wen ist dafür? Mit denen Toren, wen ist dagegen? Wen enthält sich? Das sind klare Linien. Das sind klare Linien. Das sind klare Linien. So, dann den Etat des Restaurants. Als dort zu wegen Wortmeldung? Nein, da stelle ich so zum Wort. Wen ist dafür? Also für festzustellen, dass sie so sind. Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci. Da kommen wir bei Doktor des Subsids. Sind dort zu Wortmeldungen? Madame Reiland. Merci, Madame Boyer-Meester, für das Wort. Ich wollte ganz kurz zum Prix du Public de la Ville de Luxembourg schwätzen. Er soll den Preis entstehen, wo es an der Kommission nicht klar war, wie den Jury gibt die Summe gesagt hat. Und dafür hat man aus dem Moment den Teilen. Wir fanden das aber eine ganz gute Sache. Wir gehen erst an dem Karl Confiance, dass den Preis auf B geht.
Da wollte ich noch ganz schnell über den Sin East erwähnen, das ist das zweitgrößte Filmfestival, nur im Lux Filmfestival hier zu Lützeburg. Da gibt es Filmerkonferenzen. Aber biselo ist das hauptsächlich an der Cinemathek, an der Utopia, hat das sich aufgespielt. Wüke dat lo Cinemathek wird an de Chantier kommen, wüke dat de große Saal am Konservatoire wird am Chantier sehen, so dat den auch zum Deel will an den Theater gehen. Fronisch mech, wo all die Filmen an die Konferenzen an Sophie sollten auflaufen, an schmammer bisselche Sorgen, dat het do wird Konflikte gehen an den Platz, Mangelwert sinn, eventuell op Kachte von denen flotten kulturellen Evenementer. Das gesot drummer natürlich unterstützt man natürlich den Sin East Festival sowie auch der Prix du Public, wie auch all die anderen Subsidien, die man an der Kulturkommission mat gedrohen. Okay. So nicht merci. Merci. Also für über das Sin East. Ich mache da den verschiedenen Responsablen, sowohl von der Cinemathek, wie von Sin East, auch von unserem Theater, wirklich vertrauen, dass sie Lesungen fanden. Ich meine, sie schaffen wirklich nicht gegen den anderen, aber sie sind wirklich komplementär. Und sowieso noch immer, es geht noch ein bisschen mehr eng, das vor, aber ich bin sicher, dass sie da Lesungen fanden. Und sie kriegen natürlich das Subsid, wenn sie auch den Film erweisen. Also sie kriegen ihn nicht, auch wenn sie nicht gegen weisen. Und für den Kulturpreis, da bin ich ganz mit dir d'accord. Wir sind am Gang, eben unengem Cahier des Charges zu schaffen, wie das soll. Aufgrund von wer dann wie das soll gemerkt gehen. Merci für die Unterstützung vom Prinzip. So, das stellen ich die Subsidien zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Merci. Dann das nächste sind die Organisation am Kader von der Organisation non gouvernementale für das Projekt vom Tiers-Monde. Sind dort so Wortmeldungen? Madame Brömmel. Ja, merci vielmals für das Wort. Staat zu dem Budget ging von 500.000 € für Projekte aus der Entwicklungssummenarbeit zu unterstützen. Und hat das Jahr ein Appell an Projekt gemacht zum Thema Zugang zu den Gesundheitsservicen. Wieder aus den Unterlagen kann gucken oder gesehen sind 23 Projekte rangereicht gehen, die größtenteils eben auch schon an der Umsetzung sind, weil die ONG, diese betreien, diese auf der Webbrüche tun, vom Außenministerium agregiert sind, an do river auch schon einen großen Teil vom Kofinanzement, also vom Finanzement assuriert tun. Eine ONG, dem sein Projekt dann zurückbehalten wird, die kriegt für dieses Projekt einen Teil von den eigenen Mitteln refinanziert, und das manchmal ist aber dann auch eine gute Sache, weil wir wissen, dass es nicht mehr so evident ist, für viele ONGen, für Suchen zu kreieren. Ich meine, wir erinnern uns an Aussuchen vom Rote Kreuz, die Suchen, dass da uns zurückgegangen sind. Du willst manchmal ist das super, dass wir die 500.000 €, da war wahrscheinlich just ein Drops, auf der Warme stehen, zur Verfügung stellen. Ich fand doch ganz gut, dass man mit den heutigen Subsidien den Zugang zu den Gesundheitsservicen verbessern. Das ist ein elementares Recht, und auf viele Plätze nehmen es leider nicht selbstverständlich, sondern auch für vulnerable Gruppen, für Minoritäten oder eben an aufgelehnten Regionen. Par rapport zu den 23 Projekten, die rangereicht wurden, sind da 20 angeholt an der Kommission. Und da tut natürlich dann, also nicht natürlich, man tut den Budget, den man hat, depassiert, sodass man wie all die anderen Jahre proratisieren an die Projekte, die zurückbehalten wurden, ungefähr 65% vom gefrohten Montant kriegen. Was mich aber auch wirklich froh macht, wirklich begrüßen, ist, dass man zwei Projekte dabei haben, die sich spezifisch der mentalen Gesundheit anholen. Das manchmal als ein bisschen verkannt, dass das aber eine wichtige Sache ist, dass es den Zugang zu Gesundheitsleistungen am Bereich von der sexuellen und reproduktiven Gesundheit geht, wo auch den Zugang zur Verhütung und zum Schwangerschaftsaufbruch muss zugehören. Und dass man auch Projekte haben, die inklusiv sind, das heißt, die auch gucken, Leute, die eine Behinderung haben, eine körperliche, eine autistische Behinderung, das auch einen guten Zugang assuriert kriegen.
Ceci dit, wollte ich noch einen Propos machen, für mehr Visibilität für die ONG zu kreieren, aber für auch, du verstehst du mich, von der Entwicklungszusammenarbeit noch ein bisschen zu promovieren, für besondere Schwierigkeiten von den ONG, aber eben natürlich auch von den Leuten, auf den Plätzen, wo die Projekte laufen, aufmerksam zu machen, dass man am Citymarkt vielleicht mal gucken, verschiedene Projekte, die wir zurückbehalten haben, ein bisschen zu dokumentieren, in Zusammenarbeit mit den ONG, die sie auf den Weg bringen, für die Leute aber da auch in Retour zu gehen. Voilà, das sind die Suchen, die wir investieren oder die wir zur Verfügung stellen. Und das ist das, was auf der Platz geschieht, das ist das, was rüber kommt. Ich meine, das wir flott für den, also flott, ne, wichtig einfach für den Jahr zu machen und auch an der Hinsicht so ein bisschen zu gucken, dass wir nicht just die Suche gehen, mehr auch etwas dahin zurückholen, was aber Sensibilität und Verständnis von Problemen anderwärts an der Welt kann fördern. Merci für die Nullstunde. Merci, Madame Kahn. Ja, vielmals merci, Madame. Entschuldigung, pardon, Herr Gradon. Das ist ein kleiner Remarque, mais ich hätte von meint, wie wir vielleicht die Länder nicht mit Tiers-Monde nennen, mais Pays en voie de développement. Das ist auch vielleicht ein bisschen. Madame Müller, so das Fleisch mit Chlor an dem Mikro. Also Madame Müller, so das Chlor an dem Mikro. Madame Müller, wir konnten nicht, wir haben da etwas Madame Müller hat richtig gesagt, es steht da aux organisations non gouvernementales pour des projets d'aide au développement aus dem Titel. Ja, bei den Subsidien als eine Organisation abgelöscht, die heißt ASTM, und die dreht noch immer den Titel Association d'aide au Tiers-Monde, und die ist an die 60er Jahren gegründet ging, und die hat noch immer denselben Titel. Also, ich meine, was den Herr Radu wollte sagen, dass das an unserer Aufstellung steht nach Tiers-Monde, und das ist nicht wirklich das richtig. Voilà. Nächstes Jahr geht es besser. Madame Kahn. Ja, ich wollte aber da Madame Brümmel vielmals merci sagen, auch für hier ganz aktiv Rolle an der Kommission, die sie immer holt. Dann schmecken sie das alles extrem gut resümiert. Ich hätte es nicht besser können machen. Und schön, dass doch macht bei uns Kommunikation, weil ich fand effektiv dann interessant, wenn wir so viel Suchen ausgehen. Solange ich nicht musst du hinfahren und Foto machen an der Reportage, das ist für mich auch an der Reihe. Ich meine, sie können ja selber reporten von der Platz. Und ich ging das effektiv ganz interessant fanden, dass sie uns ganz konkret auch so erwarten mit den Suchen von der Stadt Lützeburg dafür Stadt Mattuellen bei uns Kommunikationsequipe, dass in do vielleicht mal den oder andere Projekt auch effektiv kann weisen an do eben noch ein bisschen drüber schreiben, weil das ist nicht unwichtig für die Bürger von der Stadt auch zu wissen, was mit denen Suche geschieht, und dafür holen Stadt dann noch ganz gerne mal. Vielmals merci nach Reinke. Voilà, dann stellen Sie zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Unanim. Dann Affaires judiciaires sind dort zu Wortmeldungen. Wann wen hast dafür, dass man es verteidigen, wen hast dagegen, wen enthält sich Unanimität. Fondation Jean-Pierre Pescator, Kreation de Post, sind wir dafür? Ja. Einmal, zweimal, dreimal Unanimität. Und für uns selber, Kreation de Posten, sind wir auch da mit d'accord. Wen hast du mit d'accord? Ah, Madame Brümmel. Kann ich noch für zwei Kreationen. Da bringt mich auf Idee. Keine Provokationen, please, please. Madame Brümmel, die hat ja, ich wollte, ich weiß nicht, ob mich ist, dass etwas so kann zu dem Posten, der kreiert geht am Bereich vom Support Psychologie, wo den angesiedelt ist, an was du genau gefroht hast, also wie du zu könnt, dass du Posten kreiert wird, das auf der Seite 2, Support Psychologique. Die Posten geschaffen. Und dann gehen 8 Posten sind konzerniert am TIC, wobei da auch 7 also Kreationen sind, die wirklich technisch orientiert sind. Und ich wollte just nur fragen, ob du irgendwie ein Lien hast mit dem Technolink, wo man ja an der Schulorganisation am Rapport gelesen und dass du demanded wird für abzustocken. Das wollte ich wissen, ob du ein Lien wir, ne.
Aber vielleicht, ja, voilà. Erklärt als aber für was Und Herr Goldschmidt Dolo geht den aber drauf an. substanziellen... Ja, wir kommen drauf. Okay, merci. Merci. Also der Support psychologique, das ist ganz einfach. Wir sind zu über 4.400 Leute. Und wir hatten bis ja just Posten A1. Und das geht einfach nicht mehr durch. Celine braucht ganz einfach Support, also Support mehr. Ja. Lebt? Ja, das ist einfach, also mir hat bis eine Person gehabt, die das gemerkt hat, die Leute empfangen hat, wenn sie es gefragt haben oder wenn sie Probleme hatten, die Dependance und so. Und das läuft ganz gut. Also das lief ganz gut am Sinn, die Leute 100 vertrauen, und die kommen noch. Aber ich will nicht sagen, dass sie am Konservatoire, aber sie haben wirklich Vertrauen an es kommen dafür auch mehr. Und die Leute haben auch nicht mehr Probleme. Das muss ich noch sagen. Und dafür, sie packt es nicht mehr lang. Sie packt es nicht mehr lang. Dafür muss man, fand es schon wichtig, E-Posten da mitzuschaffen. Voilà. Und dann den Tick, Herr Goldschmidt. Wir waren auch erstaunt, so schnell gebraucht zu gehen. Effektiv, merci, Herr Bürgermeister, merci auch für die Frage. Informatik, ohne Informatik, im Englisch können wir keinen Betrieb mehr schaffen. Wenn ich einen Betrieb gucke, wie die Stadt Lützeburg mit über 4.500 Leuten, wo man auch extrem viele informatische Produkte, kann ich so benutzen, Infrastrukturen, brauchen auch mehr Leute, und das aber hauptsächlich schon davon sind da Feier, die gebraucht sind für den Exigenzen von der Direktiv NIS 2 gerecht zu gehen. Da geht es um Cybersicherheit, und da haben wir eine extrem hohe Verantwortung, und wir müssen dafür sorgen, dass nichts passiert, weil das können wir auch noch Strafen dabei kriegen, dass die 2 A1 und die 2 A2 Und dann haben wir natürlich, das sind ja schon 4, dann haben wir noch 2 Posten bei der neuen Problematik der Internet of Things aus IoT, wo wir einfach viel mehr Erbestätte kriegen. Und da sind eben auch B1 4 gesehen an den A1 wird ja, die Dokumentation von den informatischen Programmen, die wir werden haben. Wir haben einen Audit gemacht oder respektiv mit allen guten Services gefragt, wie sie abgestaltet sind, werden wir alles können verbessern. Da das ein Kurs für dem all gerecht zu geben, die über 50 Services frohen, braucht die Informatik auch noch mehr Leute, das packen wir das nicht. Also wir kommen los schon bald nicht nur, aber wir wissen, wie viele Attacken wir permanent haben, auch was die Sicherheit angeht. Muss man da die Leute tun, das packen wir nicht. Hier ist nur just Kreation, dann haben wir es noch nicht dargestellt, dann haben wir es noch nicht gefunden. Wir gehen also einfach mal Möglichkeiten für die Plätze in Zukunft zu besetzen. Merci. Voilà. Kann ich dann also all die Posten zum Wort stellen, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen nicht? Das ist Unanimität. Und dann hätten wir als einen offiziellen Ordre du Jour für heute absolviert, wir haben, ich hatte schon gesagt, Claudie hat dezidiert, uns zu verlosen. Und das ist so einem Los schon, dass uns wird fehlen. Sind wir näher, wer die Sache gesagt hat, dann noch den Engagement, den es für die Dossier hat, die es betreut wird. Claudie, du hast das Wort. Vielmals merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Ich wusste ja wohl, dass ich das Wort heute kriege. Ich bin wirklich ganz ému, für die letzte Banden zu schwätzen. Weder was zähne ich mich zurück aus dem Gemengerot oder noch aus der Politik. Das tut hauptsächlich persönlich Privatursachen. Ich werde 400 meiner kleiner Praxis schaffen, schon neue Projekte am Kap und auch schon zum Teil an der Mer. Nicht mehr spät wie 10 Minuten. Als eine ONG unterstützt, wo ich schon aktiv bin, wo ich weiterhin mehr aktiv werde gehen. Ich kann eben nicht alles machen. Das Leben ist kurz und die Welt ist groß. Und da fand ich aber auch, es soll denen jungen Leute Platz lassen. Und ich meine, für mich wäre das der richtige Moment. An Heimat will ich dann direkt meiner Nachfolgerin
hier am Conseil, dem Ludmila Vanira Branca Condé, alles Gutes wünschen. Ich lege mit ganz großem Vertrauen mein Mandat an seine Hand und ich bin ganz sicher, dass das ein exzellenter Conseiller wird sein. Ich will dann aber auch ein ganz Parti Merci sagen. Meine geringen Kolleginnen und Kollegen, liebe François, Christa, Linda, Nickel, es war immens, mit dir zu schaffen. Wir waren eine super zusammenhältende Equipe. Wir konnten aus der Opposition heraus eine ganze Partie von unseren geringen Ideen mit und Projekten auflesen lassen. Mir, dir, macht ein ganz wichtig Arbeit, nämlich eine konstruktive Opposition. Oppositionspolitik als ein Pilier, von den Pilien an einer Demokratie. 8 Jahre stehe ich dafür, als ich assermentiert ging. Ich habe mich gut dabei gefühlt, auch wenn es ein bisschen pickig war. Es gelebt mir, es fällt mir nicht einfach, Abschied zu holen. Projekte, wo man mit euch, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Majorität, Männer d'accord waren. Decisionen, wo wir ganz am Desakkord waren. Aber wir haben ganz viele Projekte mitgestimmt und so können ein Gemeng führen. Zum Beispiel der Chantier für den Bau von der Passerelle vom Zentrum auf der Kirchbirch, den ich wirklich immens gerne als Gemeinderätin mit angeweiht hat, mit den also un. Die Stadt Lützeburg ist kürzlich am Rainbow City Network, dem Rainbow City Network, beigetragen, was mir immens Herz leid. Das fand ich wirklich ein ganz formidabler Schritt. Und dann eng etlich Verlustpisten, Begrengungen, Mobilität, da tut er aber auch schon ein bisschen geringen Touch. Ich hatte die grosse Präsidentin von der Chancengleichheit-Kommission zu sehen, ein Sujet, dem mir particulièrement Herz leid. Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, Chancengleichheit zwischen all den Menschen. Herr Egalitätschefin, liebe Maurice, wir haben richtig gut an der Kommission zusammen geschafft, aber wir sind ja auch wirklich gut vorgekommen. Du hast ein Open Hour und so ein konstruktiv Zusammenarbeit wünsche ich mir, auch an der Zukunft. An unsere Schulen, an unsere Services, du baust für das Grand Public, d'Egalité des Chances als ein Thema, den hier an dieser Stadt seriös geholt wird. Dann auch ein ganz großes Merci und Leid an unseren Services. Disponibel, freundlich, kompetent, effikaz. Sie machen eine formidable Arbeit. Und en particulier will ich dem Annemie Makel aus dem Service von der Chancengleichheit wirklich auch einen ganz großen, extra großen Merci sagen. Wir haben regelmäßig zusammen die Kommissionen vorbereitet und diskutiert. Merci Annemie für die Disponibilität, die Gentillesse, die Kompetenz, die Offenheit und die Positivität. Und dann zum Schluss etwas, was mir ganz wichtig ist und etwas, was mir leider auch ganz viel Sorgen macht. Für uns all Haut an Lo, für uns Kinder, für uns Enkelkinder, für die kommenden Generationen, nämlich den Klimawandel. Wir haben den Haut ganz oft angeschwärzt. Nur der Hitzewelle, die wir lo hatten, und nur der nächste Hitzewelle, die 400 Jahre steht, geht es nachher mal mehr klar. Bei allem, was wir machen, bei allen Schritten, die wir dezidieren, sollten wir das Klima, den Umweltschutz als eine Priorität ansehen. Auch einen halben Meter Carré Grünfläche an anderen Mesuren natürlich kann etwas verändern. Klima steht über allem, am Großen wie am Kleinen. Wenn wir auf diesem wunderschönen Planet nicht mehr atmen können, wenn wir all die Ökosysteme futti machen, die fragile Equilibren zerstören, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist alles nicht. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Das sagt Victor Hugo schon vor mehr als 150 Jahren. Ich wünsche euch alle Guten Heibannen alles Gutes, ein loyal, respektvoll, konstruktiv Zusammenarbeit. Madame Bürgermeister, merci für das Wort. Madame Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Schaffen und aus dem Gemeinderat, ich sage euch merci für die gemeinsamen Jahre Heibannen. Und wir sehen uns bestimmt draußen im Terrain.
Merci, leeft Claudie an schon dafür drüber gesagt, du wärst uns fehlen, aber besonders auch den leeft man näher, aber auch engagiert man näher für die Ideen, die denken, wenn du es Lohnerrenke ganz klar zum Ausdruck bräuchst, weil du das gemerkt hast, das war wirklich ganz lieb. Und ich wünsche dir aber, weil du hast mir ein bisschen davon geschwärzt, was du willst, ich wünsche dir wirklich an den Projekten, die du da vorgeholt hast, immens viel schöne Momente, Satisfaktion. Und kommen uns aber immer nicht gut heim. Weil es tut vieles mir weit fortzugehen, Heinz. Dafür kommen uns immer nicht gut heim. An der Lo ging ich alle gut bitten, mit dem Claudi und mit uns alle gut darauf umzustoßen. Du warst immer willkommen, Heinz.